Timmy Boy, das hast du wieder total verkackt. Das wird kein gutes Jahr. Das wird kein gutes Jahr. Nein, das wird kein gutes Jahr. Jetzt warten wir erst mal, bis ich mich selber sehe. Schauen wir mal, wie schnell das YouTube ist. Oh, ich sehe mich selber schon. Ja, ein tolles Zampball. Grumminalfeier. Ja, alles mit der Welt. Wieso her? Ich bin selber geweckt. Wer ist denn das? Kennt denn Oana? Langsamer. Langsamer. Wochen wo? Was soll jetzt das? Was soll jetzt das? So ist es mir dazu einfallen. Timmy Boy, Popomann, kriegst du wieder heim, Zampball, ebenfalls Popomann, merci dir, Schluss mit dem Scheiß. Achtung! Weihnachten, Silvester vorbei. Wo haben die 2 Wochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber was ich noch weiß ist, schauen wir mal, ob das Ding noch funktioniert. Habe! Übrigens, Birger. Ha! Ein gutes neues Jahr allesamt! Ja, haben wir's gut überstanden. Hat euch das Nikolausi und das Christkindl hoffentlich sauber den Jahresmerch reingeschissen. Ihr habt ja alle Bratzen noch da, was hingehören. Das ist die Hauptsache. Du sagst, Zampball, merci, Timmy bei merci. Kriegst du mal einen Haufen, mir nichts passiert. Habe die Ehre an den Weibier und den Rest der Mods. Das ist die erste Dinge lesen und den leg mir mal schon an den Lavelo oder die Lavelo wahrscheinlich eher, weil der Typ wird sich so nicht nennen und wenn dann. Gay! An den Bronxomani. Ich kann nicht mehr richtig lesen. Ja, 2026 Vorsätze, Scheiß auf Lesen, oder? Habe ich an den Gromit, an den Vendando, an den Burning Crusade, an den Valmano, an den Beagle, an den an den Mr. Black, an den Staudy, an den Jackson, an den Gangster Brew. Ich mag jetzt schon nicht mehr lesen. Da habe ich mich auch geselbert, von oben bis unten. Ich freue mich wirklich narrisch über sämtliche Reason, aber die muss ich so vorlesen. Ihr wisst doch, seit der Sommerpause, die übrigens schon wieder fast ein halbes Jahr her ist, wir reden immer noch von der Sommerpause, die war doch gerade. Herr Bayatom, merci dir ebenfalls. Merci für 32 Monate. Herr Crash Moonfire, Goods Nice Birkbert, merci für 17 Monate. Fluffy Cat, merci für 34 Monate, dir ebenfalls. Daniel, merci für 29 Monate, habe tritt zurück. An der Bugel, der Chef, ja, Goods Nice, Chris aus Bong. Schöne Grüße zurück. Domi, merci für 5,99. Habe der Just merci, der Dino Dono Zeit, Dino Dono, der Mindmaker, Resub rein! Das sind nur die ultra krassen, die 2 Wochen Mitgliedschaft aussitzen. So schaut's aus! Schauen wir gut aus, oder was? Manuel! Mir ist für 18 Monate. Anscheinend dauert es mittlerweile 3 Minuten, bis YouTube registriert oder beziehungsweise OBS registriert oder Streamlabs registriert, dass von YouTube Sachen kommen. Merci dir, der Uvius, merci für 53 Monate, Mitchell, merci für 21, oh Gott im Himmel, Leute. Herr Hochstöger, merci für 34, Speckmeister, merci für 4, Timmy Boy 2.1. Merci dir, General Demon, merci für 77 Monate, habe dir Meister, gut, nice, dir auch! Was? Wer wo? Wer ist denn überhaupt drauf? Um Gottes Willen. Alter. Wo? Okay, leg mir Mein Mike erstmal welcome to the squad. Schreibt alle in den Chat hinein. Mein Mike welcome to the squad. Auch wenn er schon 84 gekehrt hat, aber ist so scheißegal. Speckmeister merci für den 10er. Metziner merci für 93 Monate. Gut, fix. Wenn dann, ich weiß nicht, wen ich schon habe und wen ich. Der ganze scheiß Chat ist grün! Ich kann nichts lesen! Leute, Dankeschön. Zampball, merci. Schnucci, merci. Speckmeister, merci für den 10er. Metziner, merci. Vendando, merci. Hamona wird, merci. Rest, merci. Alles einfach, merci. Kruzifix, oder? Wer ist jetzt auf Speckmeister mit 4 Monaten? Wie weit muss ich denn da jetzt alles gehen? Wie lange dauert denn die Gespuse jetzt da wieder? 1 Viertelstunde. Kruzifix. Speckmeister, merci. Wird schon. Gute Ding will Weile haben. Timmy Boy, merci für die 2. 11 Monate oder die 3. ich weiß es nicht. Herr Demon, merci für 77 Monate. Löwen Sepp. Habe die Birger erst mehr gutes neues Jahr 2026. Dir ebenfalls ohne gute neue Season. Hast du schon mal der Bellride angeschaut? Nein, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Ist das ein Film oder ist das ein Spui? Oder ist das, was ist das? Was ist das? Winklerbräu hell, lass dir da schmecken. Der Timmy Boy 1 mit 38 Monaten. Merci dir. Schon schön. Has become a member, der ist nicht mehr droh. Oh Gott, die Liste ist so lang. Verzeiht mir währenddessen mal, was du habt. Was habt's denn du? Da war ich geht! Schoshi, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, da der ist Schoshi, das lassen wir nicht abreißen 2026, damit das gleich mal egal ist. Ne? So schaut's aus. Wie viele Timmys gibt es denn? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich glaube 3. Aber es ist so dieselbe Person. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Zolo! Merci!
Wo haben wir? Mehr als für 3 Monate. Weil meiner mehr als für sind wir 20 Monate. Der Schmidbauer Mani ist jetzt 2 alt, das stimmt. Schmidbauer Mani wurde geboren, ich glaube in der 2. In der 2. Januarwoche vor 2 Jahren. Kruzifix, Alter. Kruzifix, Alter. Na, Leute, ihr hört jetzt nicht. Na. Herr Ebner, was ist du? Endlich wieder Bürger mit Donos zuscheißen. Schön, dass wieder du bist. Schenik Dias aus Österreich. Da, YouTube meldet mir, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen anzuzeigen. Sollen wir da mal draufdrücken? Aber jetzt 2026 beginnt der Sellout. Jetzt wird hier auf Wort. Mich würde ja wirklich mal interessieren, was passiert. Das, was auch gut ist, wir streamen mittlerweile auch in die Shorts. Das ist das Allerwichtigste. Ich sehe da links auf dem Monitor. Es schaut gut aus. Man sieht nur meinen Arm. Man sieht, ich muss mich quasi da so hersitzen, dass man mich in die Shorts sieht. Das ist gut. Das ist richtig das bestigste Format ever, Alter. Herr Ebner, das ist sauber-znarisch und du weißt das. Merci dir. Schöne Grüße nach Österreich. Baltron, merci für 33 Monate. Alfarius, merci für 50. Mein Maika, wer ist denn überhaupt roh? Ich käme nicht aus. Hört's halt auf. Spielen wir halt einfach. Spielen wir halt einfach. Da kann man noch 5 Minuten drüber schmatzen, was wir da haben. Aber es geht ja nicht. Ja, Taste. Mein Maika, heute mal. Ha! Okay, Alter. Servus, ich bin du für de absolute Unterhaltung. Geldgeiler Wichser. Achtung, ist das Wichser mit Caps Lock geschrieben? Ja, ist. Haben wir nur ein Programm, oder? Hey, Ebenbauer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Maika, ihr habt alle 100.000 Jahre dabei. Ich sage überhaupt nichts mehr. Ich mache einfach so. Da, und da setzt mir ein Stierchen auf. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das lassen wir jetzt einfach rum und jeder kann mutmaßen, was das ist. Ja, du weißt, was das ist. Leute, Dankeschön. Ist ja gut. Stefan, merci für deinen Zwickel. Also, Thema Jahresmerch. Jetzt spiele ich endlich dann kommt noch. Was? Also, Thema Jahresmerch. Jetzt spiele ich, soll wahrscheinlich sparen heißen, ich endlich dann kommt nach 2 Wochen, dass der Pulli nicht lieferbar ist. Richtiger Sauhaufen. Das ist wirklich eine Schweinerei. Nur eine Schweinerei. Da ist es wirklich eine Schweinerei. Ich kann nicht leider Gottes nichts dagegen tun, sonst da was dagegen, aber ich kann leider nichts dagegen tun. Ich hoffe, dass er. Kommt jetzt überhaupt nichts an der Wahl! Loa Eskalation. Und das ist der Arschloch! Bürger schehe dich sie SEGN. Was siegen? Bürger was? Bürger schehe dich zu singen. Oh, lecker, das ist ein Hardcore-Dialekt geschrieben, oder? Das versteckt keine Sau. Aber wir verstehen wir es alle. Manki Blum, merci dir, Shoshi, merci dir, Schluss jetzt. Herr Geisberger, merci für 22 Monate, Knädelbusler, merci für dein Zwiegelklar, Miti, merci für 33 Monate, einen wunderherrlichen guten Abend und ein frohes neues Jahr. Hashtag right in the Miau Miau. Das wird auch nie alt. Ich hoffe, dir und der fabelhaften Community geht's fantastisch. Ja, Ich glaube schon. ist, ne? Ich glaube schon. Mir geht's. Ich sag's, was ist. Ich kann noch mit 2 Wochen brauchen. So 2 Wochen rennen nicht an. Ich weiß ja, jeder da herin weiß, der 2 Wochen Schädelweh. Wir kommen jetzt auf Schädelweh. Bei der Improxy da irgendwas am Schädel. Birger, du hast halb unsichtbare Dinge am Schädel. Bürger hofft, du bist gut umgrutscht und host an Superstart ins Jahr 2006. Ja, ich hab zwar sicher nicht erreicht gehabt, dass ich 4 Tage nur umeinander gelegen bin. Aus Österreich. Das ist alles, was ich weiß. Ich kann wirklich sehr knapp und kurz zusammenfassen, was ich in den 2 Wochen da habe. Die erste Woche ist draufgegangen für PoE. Sag ich freiwillig, wie es ist. Bis dann jeder herausgefunden hat, dass der Tempel komplett broken ist und die Economy im Arsch ist. Dann habe ich das liegen lassen und dann habe ich mir 2 Mal in einen Rausch gelenkt, dass ich die 2. Woche einfach vergessen habe. Da bin ich nur umeinander gelegen und habe nur umeinander gesandelt und jetzt ist es wieder gar und jetzt seit heute sitzen wir alle wieder da und es ist das Letzte. Es ist das Letzte! 3 Wochen ist einfach das Minimum, Alter. Es ist einfach das Minimum. So, wo haben wir einen Stehen bleiben? Hört das eigentlich jetzt da jemals wieder auf? Kruzifix ist 10 nach! Muss ich euch jetzt dann sagen, dass 10 nach ist, nicht ihr mir! Wer ist denn dran? Wo ist die Hälfte wieder wie ausblendet? Mal schon lang nimmer gehabt home. Hashtag Leerzeichen. Ja, du weißt, was Weiß ich nicht, hat Streamlabs die scheiß Spam Protection ausgelöscht, wie ich nicht da war. Mir wundert das sowieso, dass alles funktioniert. Kamera funktioniert, Mikrofon funktioniert, Hintergrundmusik funktioniert. Ich bin sowieso erstaunt. Hätte mich nicht gewundert. 2 Wochen lang nichts angelangt, nichts geht mehr. Leute, danke schön. Ist ja gut jetzt. Timmy Brüder Trottel, Schluss mit der Scheiße. Protectorius, merci dir, Dome, merci dir. Mein Kruzifix! Hashtag Vollzeichen, Hashtag Leerzeichen, Hashtag Vollzeichen.
kein Fatso. Merci für 46 Monate. Merci. So, wo haben wir jetzt? Oh, haben wir gleich mit der Liste durch. So, dann gibt's ein Wingerl, dann gibt's noch ein Wingerl, ein Schmerz. Und am Freitag fängt NX an. Hat das ja jeder mitgekriegt? Am Freitag fängt NX an! Offizielle erste Runde! 20 Uhr! Da reden wir noch im Streamer noch mehr ausführlich drüber. Und am Mittwoch wahrscheinlich auch. Was haben wir da? Wenigstens haben wir einen Strom. Ich überlege halt auch schon den ganzen Tag, wie man den Witz irgendwie einbaut. Ich glaube, dass wir auf unserem Brettelboot mehr Strom haben wie Berlin Südwest. Gesundes Neues, wie ist bei dir verlaufen? Hashtag Kotzen, Hashtag Alter, ist das... Na, gespielt habe ich nicht. Ah, ich bin der Pro-Gamer am Krug, da wird nicht gespielt. Wer speibt, der hat keine Ahnung vom Saufen. So einfach ist es. Aber sagen wir es so, wer speibt und das 25 Jahre... Heute sind wir 5 Sekunden euer Maul! Ist er was? Ja, okay, mal, aber das sollte jetzt... Ich starte einfach Speyer, der legt am Arsch. Ganz fix. Was soll jetzt das? Ja, was soll jetzt das? Sapse, du bist jetzt die Letzte. Wieder du bist. Na, bist nicht. Dank dir schrei ich mittlerweile jetzt mal Vogel im Auto, wenn Oana wo dene an der Frontscheibe vorbeifliegt. Auf Guats nice J-O-R. Weh, du fährst irgendwo ohne, weil Vogel! Kruzifix, oder? Servus Humpelt er Birger, mir ist leid. Guats nice hofft, deine Viecher haben's gut überstanden. Ja, ist gegangen. Ein Ist ernst wirklich gegangen. gemeintes Fuck you an der Assis, die vor Silvester und der Doktor nach GS Kossenhem, wie die Blöden. Spendets des Geld. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist nämlich ein schönes Thema, wo man sich immer aufnehmen. Foxler, Ruhe jetzt. Was bei dir los? Greenscreen frisst Schädel. Ja, ich hab gesagt, ich hab mir dir hier aufgegeben, weil ich die Hälfte nicht mitgekriegt. Da, können wir so machen. Ja? Hier. Da? Das ist der New Style. Das ist Pro-Gamer Aluhut ist das. Damit nichts passiert. Leute, danke schön. Seriously. Kruzifix, Schluss jetzt mit der Kacke. Ich mache jetzt die Sounds aus und gut ist. Was wir heute tun. Ich weiß schon, da sitzen wieder Leute daheim und denken sich, aber du hast doch gesagt, dass wir DayZ spielen! Ja, dann habe ich in meinem Urlaub einmal wieder die DLC so geschaut von DayZ, die mich vielleicht interessiert hätten, und festgestellt, das ist absolute Scheiße. Und habe mich dann dazu entschieden, leg mich am Arsch, ich hab keinen Bock! Herr Thomas! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich der Thomas. So, Adlergon, merci für 26 Monate. Schluss jetzt mit der Kacke. Dann haben wir gestern, das ist im Discord gestern relativ schnell gegangen. Also überlegt, was kann man da? Also, es ist echt Spieleflaute jetzt. So wie ich mir nach der Sommerpause, warum ist die Scheiße da so laut? Oh! Machen wir Muse! Muse 25%, ja, ist schon besser, so, jetzt haben wir beieinander. So, darf ich jetzt vielleicht auch mit 5 Sekunden irgendwas sagen, ohne dass mir irgendeine Beine scheißt. Kruzifix. So, da ist gestrichen. Das haben wir einfach durchgespielt. Da darf ich nur auf Nostalgie rumreiten. Das wird nie wieder so gut, wie es war. Nie wieder. Nie mehr wieder wird das so gut, wie es war. Das werden wir aussitzen, bis einmal 4 kommt und der DayZ 2 Mod kommt. Der Nuvius, merci dir, Rest, merci, Schluss jetzt mit der Scheiße. So. Dann haben wir uns überlegt, was sterben. Und dann haben so Vorschläge gekommen wie so Survival Games. Na, über das Survival ja nur ausgerufen, wie zum Beispiel mit Raft oder mit Green Hell am Mittwoch. Die Spiele habe ich, glaube ich, schon seitdem wir streamen auf der Liste und habe es immer wieder so, 0815 Survival-Scheiß, und alles nicht fertig, alles in der Early Access und Mimimi und keine Ahnung was für ein Scheiß. Aber mittlerweile sind die Dinger fertig und anscheinend sind die ja gar nicht so schlecht. Und mittlerweile habe ich offensichtlich auch selber lang genug keine so 0815, wie ich jahrelang genannt habe, da wo es 1 Million sehende Spiele gibt. Wie soll ich sagen, lang genug nicht gespielt, dass ich tatsächlich Bock drauf habe. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Was, du hast noch nie Raft gespielt? Nein, weil mir sich eine 0815 Survival-Spiele die letzten 5, 8 Jahre einfach nicht interessiert haben, weil es 1 Million davon gibt. Das Einzige, was wir mal rausgereiht haben, war The Forest. Das war ganz lustig, aber wir können ja einfach einmal probieren, wie weit das wir kommen. Wenn es was kann, ja, also wenn es unterhaltsam ist. Aber Raft erfreut sich schon einer sehr großen Community und einem sehr großen Zuspruch. Meine Damen und Herren, da hier, zusammenbickt die Kinostabe. Warum auch immer. Rimworld, ja, wir werden sehen. Er wird vom Hai gefressen, wetten? Ja, klar tun. So nicht! So nicht! So, jetzt muss ich mein Bildschirm hören. So, was ich noch gerade kurz loswerden wollte. Thema Silvester. Und diese Drecksböllerei vor Silvester und vor allem nach Silvester. Oder hauptsächlich eigentlich vor Silvester.
Aber ich bin sehr viel Leute. Wir haben Viecher. Bürgerin rastet jetzt mehr aus. Alle, die wir kennen, haben Viecher und alle mögen es nicht. Habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie man sowas regeln kann. Ja, die meisten Leute sagen, Böllern geht verboten, es soll halt nur in der Stadt ein Feuerwerk geben, für Private gar nicht und so weiter. Das halte ich, um ehrlich zu sein, auch als Tierbesitzer für eine sehr arrogante Scheiße zum sagen, somit ich verbiete euch jetzt privat das Feuerwerk schießen, bloß weil ich ein Viech daheim habe. Ja, so sehe ich das nicht. Aber wie es ich zum Beispiel sehe, jeder soll daheim umeinander ballern, so viel wie er nur kann. Wenn ich noch einmal irgendjemanden jammern her, dass das Einkaufen gehe schweineteuer geworden ist oder sonst irgendeine Scheiße und 5 Minuten später 800.000 Raketen in den Himmel aufgeballert, da mag ich gar nichts mehr dazu sagen. Da mag ich nie wieder irgendwas dazu sagen. Aber was gemacht, Gerhard? Den 2 Tage vor Silvester bis 1 Tag nach Silvester. Gerhard, zum Beispiel, ich gehe jetzt von so einer Stadt aus wie in Landau. Da kehren 2 Polizeiautos mit jeweils 2 bis 3 Leuten gesetzt, die von in der Früh bis auf die Nacht 24/7 durch die Stadt fahren und Leute suchen, die umeinander böllern. Und wenn einer erwischt wird, dann sollst du ein Jahresgehalt Straf kriegen. Ja, ein paar Exempelstatuen und dann ist er Ruhe. So viel dazu. Wollte ich mal schnell loswerden. Da sollst du sicher eine Strafe kriegen, dass du in die Hosen scheißt. Dass richtig, richtig weh tut. So viel dazu. Da haben alle was davon. Ja, ihr könnt's weiterballern und wir müssen halt uns um unsere Viecher kümmern. Ja, die beiden euch auch das ganze Jahr lang voll. Besonders der Gnädel. Ja, der hat einen zweiten Namen, der heißt nicht bloß Gnädel, der heißt auch Clefly Snipes. Ist halt so. Ist das ein Problem? Das war so einfach machbar. Und jeder Trottel das hinkriegen. Aber nein. Schiebers. Wir spielen heute Raft. Was ist das? Was ist das? Seit wann ist da mein Tischkanten? Alles umbauen und... Jetzt haben wir den Tisch gekratzt. 17 Uhr ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen heute Raft. Raft, ich weiß nicht viel von Raft, außer dass man ein Bredlboot auf dem See baut. Und dass es einen Hai gibt. Das ist alles. Das werden wir uns anschauen. Wenn das was kann, dann spielen wir es natürlich nochmal. Und das Ding ist auch koopfähig. Dann machen wir einen Community-Zock draus. Ja, machen wir einen Community-Zock draus und dann schauen wir mal, wie hoch dass man so einen Turm auf so einem Floß bauen kann. Aber dafür muss was kennen. Wolfric, welcome to the squad. Again, WB, Kuss auf die Nuss. Danke dir, ab in den Chat. So, ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Ich weiß bloß, dass wir ausschauen wie... Nein, sag's nicht. Sag's einfach nicht. Vielleicht schafft man es, dass der erste Stream im neuen Jahr nicht gelb ist. Schauen wir mal. So, hier, warum kann ich das nicht mehr nach? Ich bin so von meinem eigenen Spiel kaputt ins Hirn geknattert, dass ich diesen Tab da automatisch wegschirmen will und es geht nicht, da bin ich schon wieder lästig. Zu lange am Floß gesessen. Ja, schon ein wenig. Warte mal, da gibt es einen Charakterpunkt, kann man da was umbauen? Naja, ruhig. Kann ich nicht knocken umeinander laufen, oder was? Das schaut doch gut aus. Was ist das da? Nein, Medal sind wir nicht. Warum haben die einen Basketballdresser? Ich mag auch einen Basketballdresser haben. Nummer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum hat die eine Nummer da draufstehen? Kann man das auch freischalten? Wen gibt's denn da noch so? Den mag ich. Das ist mein Seelenverwandter, das sehe ich von da. Obwohl ich nicht weiß, wie er ausschaut, aber ist ja wurscht. Ich weiß nicht. Kafka, merci für 7 Monate. Wolfric, merci für die Mitgliedschaft. So. Und, okay. Was, ich habe nichts gesagt? Ja? Ich habe nichts gesagt? Naja, scheiß drauf. Der Anfang ist ein bisschen zart, dann wird es immer besser. Herr Brücke, da verlasse ich mich auf euch. Aber es ist schon sehr gut bewertet. Wir machen das jetzt so. Hier, neue Welt. Wir spielen auf normal. Weltname. Gibt's noch einen guten Weltnamen? Welt. Freunde können beitreten. Nein. Jetzt gerade nicht. Kann man das kann man gleich mal schnell, das kann man gleich mal sagen. Kann man da den Spielstand dann nehmen und diese Platz dann aufmachen später, falls wir nächste Woche oder übernächste Woche irgendwann draufkommen. Birgers Busenfloß. Birgers Busenboot. Oh. Ah. Selber draufkommen, das ist totaler Kalter. Birgers, und das muss auch, die Betonung ist dabei, immer wichtig, Birgers Busenboot. Müsste gehen, schreibt der Dampfler. Okay.
Das kannst du später wieder aufmachen einmal. Ja, schreibt der Zierbier. Sehr schön. Sehr schön, wenn die Leute Ahnung haben, das ist gut. Wenn ich keine habe, wir sollten da noch haben. Welt erschaffen. Das wollte ich schon immer mal. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das Ding hat mittlerweile ja eine Story, oder? Kann man das so wie The Forest und so weiter? Wir werden sehen. Wir werden alles rausfinden. Oh ja, jetzt ist das Krankenhaus nicht gar so fad. Au, zack. Ja, und du ist. Ich wünsche gute Besserung, was auch immer los ist. Oh, wow, was ist denn da los? Erstmal Pause. Phase 1. Es wird auch nie langweilig. Aber ich muss mir jetzt irgendwie, warte mal. Ich kann mich leider nicht links unten platzieren. Das ist ein bisschen dumm, weil da ist leider Gottes die Essens-, Trinken- und Lebensanzeige. Das ist nix. So, hier, transformieren. 180 Grad horizontal spielen. So, jetzt sind wir beieinander. Schau her. Das ist gut. Hui! So, geht schon wieder. Der Tag. An dem mich das nicht belustigt, müssen wir aufhören. So, Host, Birger, Spielmodus, normal. Zurück zum Spiel, Welt speichert, immer mal Welt speichern. Welt gespeichert, zurück zum Spiel. So, wo sind wir? Also, kein Großfloß, du. Was ist denn das auch schon wieder für ein Maussens? Ich kriege schon wieder einen kompletten Vogel. Steuerung, Mausempfindlichkeit, nicht auf. Oh, ja, mal auf die Heften. Schauen wir mal, zurück zum Spiel. Ich sag genau gar nichts gebracht! Was ist denn das wieder? Kriegst du nein? Haben wir ein wenig umeinander gespielt, da haben wir Deadlock gespielt. Und auf einmal, ja, und jetzt ist wieder, was ist das wieder? Ja, 04. 04 ist gut, braucht man im Spiel aim, ich hoffe nicht, oder? Hat der Charakter Gnierscheiben? Weiß ich nicht, kann man mir, oh mein Gott. Haiköder, Angelrute, Steinaxt, Plastikhaken, Bauhammer. Kann ich das bauen oder was? Also brauche ich da Planke und Seil. Ja gut, das ist halt jetzt der klassische, Schau, wie da schwimmt. Wie wird was passieren, wenn ich da ins Wasser gehe? Kann ich den, was ist mit dem? Der ist der hungert. Schwimmt da die ganze Zeit irgend so ein Scheiß vorbei? Kann man noch mehrere Sachen gleichzeitig einerziehen? Wo sägen ich, was ich hab? Ach, unten. Okay, was ist das? Was Tee? Um Gottes Willen. Du bist ein mutiger Pionier. Erstens, dein Floß ist dein Zuhause. Dein Haken ist dein Freund. Ja, wie bin ich da hergekommen? Was tue ich da? Fleischalsche. Das nehmen wir mit. So, jetzt ist wieder da her. Was ist das? Haben wir eine Planke und was ist das da? Was ist denn das da? Kunststoff. Yep. Das ist aus Plastik, steht dort. Ja gut. So. Okay, so weit können wir nicht. So weit können wir nicht fischen. Was ist das? Bladel! Gib Bladel! Kann man mehrere Sachen gleichzeitig einer fischen? Oh! Das muss er mir etwas sagen. Damit das da gleich mal ein wenig schneller vonstatten geht. So, hier, wo haben wir da? Da, der haben wir jetzt ganz geschickt so. Ich sehe schon, das ist absolutes Pro-Gaming. Jetzt sammeln wir erstmal Schrott. Ja. In jedem Survival-Game ist erstmal die Ansage Schrott sammeln. Ich habe schon verstanden, dass ich nicht ins Wasser einfallen darf. Habe ich schon verstanden. Was ist da? Kiste? Kann ich mit meinem Boot auch irgendwie fahren? Kann man das? Weiß ich nicht. Oder ist das da einfach und das ist da? Wie sollen die da hinterkommen? So, mit das da her. So. Ich könnte mal ein größeres Boot brauchen. Ich brauche mal ein Fundament. Daneben geworfen. Kack, du Birger. So, gibt's ein. Was tue ich denn nicht, oder? Das kriegen wir noch! Sag ich doch. Feig, also mir war jetzt ein doof Wert, die mehr ja schon aussehen. Aber ich verliere alle meine Sachen, ich mag nicht noch mehr das Fischen anfangen. Da machen wir jetzt einen Triple Kill, pass auf. Ja, war leider nur ein Double Kill, aber der glaubt mir, bin ich auch ganz zufrieden. Man kann viel bei diesem Spiel, will aber nicht spoilern. Ja, um Gottes Willen. Ich glaube, bei jedem Spiel habe ich da nichts dagegen, wenn ich ewig irgendwie irgendeinen Scheiß mache und wieder mal es nicht lesen kann, weil ich jetzt blöd zum Scheißen bin. Dann bin ich da natürlich über Tipps sehr dankbar. Jetzt schauen wir mal, können wir schon mal irgendwas bei Seil. Wo soll ich denn jetzt ein Seil herzaubern? Das ist doch keins vorbeigeschwommen. Muss ich jetzt warten, bis da ein Seil vorbeischwimmt oder was? Ist das überhaupt das Erste, was man baut? Ich habe doch keine Ahnung. Schwimm her jetzt da. Ich muss nicht runterfallen. Hoppala. So, nehme ich. Bauen. Oh, uns geht Durst und dringen. Kann man Bladel fressen? Tu mir Bladel fressen. Nein, kann man nicht. So. Werkzeuge. Bauhammer, Plastikhaken. Den haben wir schon. Steinaxt, wo wir da Steine herkriegen, das weiß ich einfach nicht. Angelrute ist doch einmal nicht. Aber ein Seil brauche ich. Was soll ich denn hier Seil herkriegen? Forschungstisch.
Einfaches Bett, kleines Lager. Was haben wir da? Der Wurfanker, Paddel, Segel, Wimpel. Hey, Boden brauch ich! Boden! Stuhl! Da hilft mir nichts, wenn ich nirgendwo hinstellen kann. Das ist gut durchdacht mit dem Crafting. Ja, wir werden sehen. Oh, unser Hagel, der kriegt ja Schaden. Das ist natürlich... ich mag das Fässel. Kriegen wir das Fässel? Ja. Was ist da drin? Da war Soll drin! Easy going. So, aber wie zum Fick. Bau ich. Nehmen wir das. Was haben wir da gekriegt? Planke, Palmblatt, Kunststoff, Planke. Nehme. Hammer ist gleich Boden. Ah ja. Das sind die Tipps, die ich brauche. Sonst pimmelt die da wieder was ich umeinander. So, wo war der Hammer? Da war der Hammer. Bauhammer. Wir brauchen nur ein Seil. Da müssen wir mehr... was ist das? Was kriegen wir da eigentlich? Einmal Kunststoff. Da ist eine Insel! Schwimme ich an der Insel vorbei? Kann ich da mich so, was schon? Brauchen wir da nicht erst einen Anker? So, jetzt bauen wir einen Anker. Wo kann man Anker? Anker, gib Anker. Wurfanker. Brauchen wir da? Da brauchen wir viel mehr Seil und Stein. Verdammt nochmal! Wir kommen nicht da Kann ich schwimmen? Inselige Insel. Und so, warte mal, da kommen wir voll den Dreh raus. Warte mal. Das. Was ist mit dir? Hallo? Kannst du abhauen? So. Was? Ja, ich probiere jetzt was. Ich schwimm! Oh Gott, ich schwimme aber nicht schnell. Oh, da kann man Sachen einsammeln. Was tut der Hai so? Ist der allgegenwärtig? Was passiert, wenn man Floß einfach davon floßt? Blume! Mehr Blumen? Was kann ich mit Blumen? Ich weiß nicht, für was ich Blumen brauche, aber kann ich da irgendwie Holz hackeln oder so ein Scheiß? Coconut. They put the line in the coco... Oh, shit. Nicht so gut. Wie weit kommt denn der Hai ans Land? Ich laufe einfach durch und drück wo ist mein Floß? Gib mir eine Kokosnuss. Die haben wir wieder zu Plätze am Ober. Ja, Mann, ich muss noch... Ich weiß nicht, was ich da tue, aber ich schwimme jetzt einfach mal im Bett, dass der Hai einfach nicht kommt. Mir ist auch ein bisschen... Okay, Schluss, ich bin schon fort. Schwimm halt schneller! Schwimm! Nimm mir Bredel mit! Schwimm! Einfach, nein. Okay. Verdammt nochmal. So, haben wir jetzt ein Seil? Haben wir ein Seil? Gib Seil! Ich habe immer noch kein Seil! Wo kriege ich das scheiß Seil her? Gib mir dies. Oh. Na, ich weiß jetzt auch nicht so recht, gell? Wir glauben einfach alles zusammen, was unter uns durchschwimmt, so. Das muss klar, da haben die Fassel brauchen wir. Da war ein Seil drin. Craften ist gleich Schraube. Was? Craften ist gleich Schraube? Oh! Ich hab Seil jetzt! Haben wir schon. Holz. Oh, der Holzspeer ist auch ein guter, den können wir brauchen. Das ist mit einem Bauhammer. Gib Bauhammer. So. Oh, das ist nicht mehr. Die Fassel darf man nicht vorbeischwimmen lassen. Da ist der gute Schund drin. Wir haben im Schund. Was haben wir da gekriegt? Ich weiß nicht, da ist mir auch wurscht. Seile werden eingesammelt. So, jetzt bauen wir erstmal. Was bauen wir jetzt erstmal? So, Hammer, den wir da her. Hammer. Was kann ich jetzt? Oh. Ja, erstmal erbrät das Boot. Das Boot, meine Damen und Herren. So, wenn wir keine Ressourcen mehr. Scheiß drauf, da ist ein Blatt. Haberer, du kannst direkt ein Item craften bei so einfachen Sachen wie Seil. Haberer, das weiß ich nicht. Später 10 Minuten, was soll ich machen? Schauen wir mal, ob wir das Holzbrill noch kriegen. Absolutes Pro-Haggling ist das. So. Mehr Bredel. Wir brauchen alles. Ich wieder daneben geworfen, kann ich das so annehmen? Nein, kann ich wieder nicht. Brauchen wir mehr Bretten. Mehr Bretten, meine Damen und Herren. Mehr Bretten. Da hinten gibt wieder ein Fassel, wie viel Fassel hat mich übersehen. Verdammt, da ist uns vorbeigeschwommen. Ja, das kriegen wir schon. Gut Ding braucht, weil ich bin zu blöd zum Hagelwerfer. Das ist wirklich... Nimm es einfach so. Du kannst dich gleich wieder Schleier holen. Oh, der ist auch wieder verhungert. Was ist denn das Ziel von dem Spiel? Das ist eine gute Frage. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen lost. Ich bin einfach da und ich bin halt jetzt da. Herzlichen Glückwunsch, wir sind da auf unserem Brillboot. So.
Jetzt bauen wir uns gleich einmal eine Waffen. Das sagt ich. Holzspeer, kannst gleich mal her da. So, falls dieser Hai da wieder meint, der muss da wieder... Da, du Penner! Da, in den Arsch kannst du das haben! Ah, da nicht. Lass den in den Arsch zwicken. Na gut, dann halt nicht. Oh, shit. Nein! Ich hab versagt! Ich bin immer nur für Zeug sammeln. Man kann nicht nur Zeug sammeln, hat's geheißen. Ziel ist gleich hageln. Ja, ich glaube auch. Prime Gameplay Mechanik ist umeinander hageln. Was ist denn da draußen? Was ist das? Was ist das da hinten? Ist das ein Boot? Kann ich mein Boot lenken? Tu mal Segel hier. Segel? Um Gottes Willen, da fällt es ein Himmelweit. Paddel? Dann brauchen wir mehr Kunststoff. Ne? Wir brauchen mehr Paddel. Die Kisten schaut wertvoll aus. Tu mal. Pass auf, dafür ziehen wir da jetzt 2 Sachen. Oder einfach gar keine wahrscheinlich. Herr Paramorphose! Merci dir, Kuss auf die Nuss. So, das Ding möchte ich haben. Ja, sehr guter Hook. Sehr guter. Schau dir die Scheiße, was da alles drin ist. So, können wir jetzt da mal ein Paddel bauen? Da brauchen wir noch einen Kunststoff. 1 Kunststoff. Her mit dem Schund. So. So, jetzt gib mir ein Paddel. Paddel. Und schon paddel ich die 1. Muss der ganze Scheiß da in dem Inventar so drin sein? Das nervt mich schon wieder zu da. Die komischen geschissenen Blärme. Was ist denn eigentlich das da? Was ist denn das? Hab! Das ist mein Boot! Du Penner! Möchte ich mal hoffen. Haben die Sachen Zustand? Sag ich, wie kaputt die sind? Weiß nicht, Digi. Fass! Ha! Und Bretten! Fass und Bretten, Jay. Absolutes Pro-Gaming. So, jetzt passen wir an. Das nehmen wir mal das Ding. Und dann, wie paddelt man es also? Paddelt jetzt einmal da so hinten. Ich paddel. Und schon paddel ich die 1. Funktioniert das so? Verstehe ich das richtig? Da paddeln wir aber lang, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, da paddeln wir nicht Zeit. Wie schnell haben wir da? Jetzt paddeln wir mal zu dem Fassel. Was? Ich habe so ein bisschen Subnautica-Vibes. Ich bin mir nicht sicher, was gerade passiert. Was passiert denn eigentlich, wenn es Nacht wird? Wird's da Nacht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Bauen wir noch ein größeres Boot. Machen wir jetzt da noch einen hin. Wir haben nichts mehr zum Boot bauen. Verdammt nochmal. Was tun wir jetzt, wenn es finster wird? Haben wir voll gefickt. Ah! Ich hab einen Vogel gehört. Kann man den runterschießen, paddelt mal zu der Insel da hinten. Warte mal. Segel, Wimpel, was brauche ich für einen Wimpel? Nützlich, um zu wissen, welche Richtung vorwärts ist. Ja, okay. So, hier, Nagel. Bauen wir gleich mit zweimal Nägel. Nägel kann man mal brauchen. Seil. Das ist mir ein Seil her, warum nicht? Was ist ein nasser Ziegel? Ich bin ein bisschen lost, sag ich dir, was ist. Das ist alles ein bisschen kleines Lager. Ich brauche kein kleines Lager. Ich brauche, weiß ich nicht, ich brauche Licht. Schau hin. Ja, gefragt, der schwimmt. Wie lange schwimmt der so eigentlich? Ist der für immer da? Kann man den töten? Weiß ich nicht. Ich sehe ja den Scheißdreck mit dem Ding. Und unser Paddel geht auch langsam kaputt. Ich paddel jetzt zu die Fassel. Zeit für einmal Haifisch, Vierkant. Gibt es das Spiel irgendwo billiger als auf Steam? Ich glaube, es ist gerade obergesetzt. Was habe ich gezahlt dafür? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich gezahlt dafür ist, aber ich glaube, normal kostet es 20er. Und, oh, da vorne ist was. Das sehen wir im Mondschein, sehen wir das, da vorne ist was, da paddelt mich. Bald musst du was trinken und essen. Scheiße, das stimmt. Was kann man essen und trinken? Habe ich irgendwas, was man essen und trinken? Blaue Samen, kann man essen? Wie isst man was? Warte mal. Angelrute. Da brauchen wir noch Seile. Und Seile machen wir aus Bladel. Okay, müssen wir uns umdrehen. Kinder, da müssen wir uns umdrehen. Das sammeln wir jetzt einer. Wo kriegen wir was zum Essen? Bladel. Da bleiben. Wenn niemand das! Fassel! So. Rohe Kartoffel! Linke Mausbaden essen. Ja, und wir können was trinken? Was trinken? Oh, Ananas. Ananas gibt mit Sicherheit auch Getränk. Das ist gut. Ananas ist gut. Wo wir die Ananas her haben, das weiß der Teufel. Aber Ananas, okay. So, was auch immer das da ist, kann ich das an meine Flohsohne bauen, das war voll super. Dann muss ich nicht selber bauen. Okay, ich paddel.
Dann nehmen wir den Schund, der da auf dem Weg daherkommt, den nehmen wir mit. Oh, was ist denn jetzt mit den Wellen? Flippt jetzt komplett aus, oder was? Hallo, ich hab einfach eine Holzbrille, auf dem ich umeinander schwimme. Kannst du jetzt da nicht... Müssen wir auf alle Fälle Seile craften, damit wir unsere Angel bauen können. Vielleicht kann man dann einen Fischi fischen und dann haben wir das mit Essen und Trinken vielleicht einmal grob geklärt. So, was ist da? Kann ich da anlegen? Kann man das irgendwie... Ah! Nein! Okay, chill. So, was haben wir da? Aufnehmen, was haben wir da? Seil hier, Metallerz, ja, das ist wichtig. Kann ich da Sachen abbauen? Ja, das habe ich schön hingebaut, siehst du das? Absolutes Pro-Gaming. Machen wir gleich noch Bretter und dann zwicken wir uns da ein und dann schwimmen wir mal eine Zeit nicht davor. Das beruhigt mich ein bisschen. So, das ist mal das Fassel her. Dann haben wir da wieder Palmblatt, Schrott und was weiß ich, was ist für ein Käse. Kann man da Sachen zlingen? Tun wir irgendwie... Warum bin ich unter Wasser? Geh weg. Nein, was? Was? Ja, das ist ja wieder ganz toll. Was passiert denn da? Wieso geht... Hä? Hä? Achievement. Survive one day. Du kannst dich... Schau, es lang gewinnst du! Zipfe an am Fisch! So. Können wir jetzt endlich... Ja, wir brauchen mehr Seile. 1, 2, 3. Jetzt testen wir mal, was ist das da? Ausstattung? Ich habe keine Ausstattung. Ich brauche eine Angelrute, Freunde. Ein Seil braucht man noch. Lass mir das Seil her. So. Eine Angelrute herstellen. Easy. Was ist das gewesen? Rohe Rübe. Die fressen wir gleich noch, damit nichts passiert. So. Fischen. Rechte Maustaste Köder wählen. Ja, ich hab gar keinen Köder. Was sollten die jetzt Würmer daherkriegen? Was passiert denn da? Wann wird's denn jemals wieder hell? Kann ich einfach ohne Köder da anfangen? Ja, da ist her. Kann man ohne Köder überhaupt irgendwas fangen? Geht das? Trinken? Ja, das sagst du so leicht, Iron Sky. Ich weiß schon, was soll ich trinken? Wir haben nichts zu trinken. Oh, da schon hin. So, wenn Fisch gegessen, das hat man einfach trinken was. Ja, Leute, was soll ich? Hab nichts zu trinken. Was soll ich Salzwasser saufen? Das ist die beste Idee. Hab ich gelernt. Ja, okay, ich brauch Köder sind egal, okay. Oh, das Wasser, Alter. Brauchst du Destillieranlage? Ja, die sehe ich, habe ich gerade nicht in der Hosentasche. Die habe ich ja gerade nicht in der Hosentasche. Was trinken wir? Wasserkocher. Was für ein Wasserkocher, Alter? Rote Blume, kann man die fressen? Friss die Blume. Schau doch einfach mal das Baumenü durch. Leere Tasse. Kann mit etwas Wasser gefüllt werden. Aha. Ich glaube, dass wir mir jetzt da einfach gleich verrecken. Ich brauche Kunststoff, meine Damen und Herren. Ach komm. Ah, okay. Ja, wenn der Hai fliegen kann, dann passt der alles, du. Mein Kruzifix. Geh her jetzt da. Müssen wir uns irgendwie da. Ist da Kunststoff drin gewesen? Ein bisschen. Ne? Ich baue mir nicht im Menü drunter. Einfaches Bett, kleines Lager, nein, das hilft mir nicht weiter. Einfacher Reiniger. Kann eine Tasse Salzwasser zu Süßwasser aufbereiten. Ah ja, also brauchen wir diese zwei Sachen da. Gut, dafür brauchen wir... Ja, die nehmen wir mal schnell mit da. Jetzt geht dann gleich unser Hagel kaputt, dann haben wir sowieso gefickt. Mehr Kunststoff, meine Damen und Herren. Ja, bis dahin klang's nicht. Ja, das kriegen wir schon. Ich streng mich an. Ich bin stets bemüht. Stets bemüht. Holzbrille her. Oh, schwimmt halt nichts mehr am Land da. Was ist denn das da hinten? Weiß nicht. Wieso bin ich ständig unter Wasser? Was ist denn das mit den Wellen? Einfacher Reiniger. Einfacher Reiniger. Herstellen. Ins Inventar geschissen. Und dann, ja, dann stellen wir jetzt mit da so her. Und dann Planke platzieren. Planke platzieren. Planke platzieren. Und dann wollen wir Pfotzen ans Tisch hauen, oder was? Entfernen. Brauche ich... Was kann das jetzt? Ich verstehe nicht. Bleib mir sterben. Bleib mir sterben. Oh, große Insel. Große Insel, kann ich... Tu mir das Klump her.
Ich muss nur eine Tasse bauen. Ich muss nur eine Tasse bauen. Was brauchen wir für eine Tasse? 2 Arme Kunststoff. Ja, da, nimm. Da ist noch 1 Kunststoff. Was tut mir Hagel? Hab ich mich jetzt selber gehagelt? Was tut mir Hagel? Also ich finde mir ein bisschen, ich befinde mich in einer etwas verlorenen Position, meine Damen und Herren. Das Spiel gibt 0. Keine Geschichte, keine du sollst das dort, keine irgendwas. Müssen wir so sein. Halt, stopp. Dass man es glaubt. 4, 9. Bett hättest du gebraucht. Ich hätte einiges gebraucht, habe ich so das Gefühl. Bloß nicht das, was ich gebaut habe. Aufgeben und wiederbeleben. So, haben wir schon wieder da. Da ist ein Topf. Topf ist Topf! Nimm das Ding her, jetzt brauchen wir eine Tasse. So, leere Tasse, Kunststoff ist natürlich wieder alles weg. Habe jetzt nicht einmal mehr einen Hagel. Ackekim. Ackekim! Muss ich jetzt... Okay, man verliert 2/3 seines Inventars. Ich habe auch kein Paddel, dass ich da umgehe! Kruzifix! Jetzt muss ich da ins Wasser einspringen, dass ich mit der Hai fressen kann. Ja, das dauert auch furchtbar lang, bis der zubeißt. Herzlichen Glückwunsch. Lang ist schon wieder. So, auf jetzt da, bau mir eine scheiß Tasse, weil sonst herkotzt. Kunststoff brauchen wir noch 2. Ja, du kommst mir gerade recht. Da geh her. So, wunderbar. Mein Gott sei Dank wenigstens noch einen Speer noch. Hau ab! So. Gut. Topf ist Topf. Wir brauchen Kunststoff. Wir brauchen nicht mehr ins Wasser einspringen, ich hab fast kein Leben mehr. Hagel habe ich auch keinen. Was kostet der Hagel zum Bauen? Plastikhaken. Ja, den werden wir aber brauchen, weil es einfach nicht hilft. So, und dann sammeln wir mir diesen Schund da hinten ein. Können wir da bis zu dem anderen Ding hindrehen? Ja. Nehmen wir mit. So, hier Kunststoff her. Ah, das war knapp, aber ist es gegangen. Da her. Der hungert. Da kommt was, kriegen wir schon. Du kannst auch deinen Floß retten. Ich hab keine Zeit zum Floß retten jetzt. Ja, wieder zu lang gezogen, Kruzifix. Dafür da 2 schon. Ja. So. Leere Tasse. Darf ich jetzt endlich eine leere Tasse bauen, ja? Wo ist denn das Ding? So, hier Tasse, trinken. Ich tu mir trinken. Ich kann nicht trinken. Wie bediene ich denn das Ding da? Einfacher Renner. Kann eine Tasse Salzwasser zu Süßwasser aufbereiten. Verwendet Bretter als Brennstoff. So, wie kriege ich was? Ah ja. Salzwasser füllen. Tasse voll Salzwasser platzieren. Was passiert denn, wenn ich Salzwasser sauf? Wie lange dauert das? Wie lange dauert das da? Wie lange dauert das da? Mit dem wir dabei sammeln. Sammeln! Da brauchen wir nicht mehr zurück paddeln. Nein, da können wir noch mehrere Inseln, das kriegen wir schon. So, ihr könnt übrigens einer donaten, was ihr wollt. Ich hab keine Zeit zum Lesen, vielleicht merkt es. Oh, da war so eine schöne Kisten da hinten und wieder so. Können wir da hin? Ah! Ich hab Oh, ist wieder gut. Alles wieder gut, ich hab alles wieder gut gemacht. So, das Plastik drum nehmen wir mit. Das ist eigentlich nämlich ein Umweltsimulator. Hab ich gehört. So, was wir mir jetzt auf alle Fälle einmal hinkriegen müssen, ist eine gesicherte Nahrungs- und Wasseraufbereitung. So, kann ich jetzt da eigentlich einmal Flüssigkeit einfüllen, trinken? Ist jetzt das... Verstehe nicht. Mit Süßwasser? Hab ich jetzt das Salzwasser gesoffen? Uppala. Jetzt pass auf. Ist jetzt da in meiner Tasse immer noch ein Wasser drin? Nein, ist nicht. Eine Fassel müssen wir mitnehmen. Fassel brauchen wir. Kriegen wir schon. Nur die Ruhe, Leute. Nur die Ruhe. Hauptsache, wir verrecken wir nicht mehr. Dann haben wir mal noch einen Fischi fangen. So. Tut mal einen Fischi fangen noch. Wir sehen nicht, dass da jemand beißt oder nicht. Wie stylisch ist... Leg die Maustaste. Ich hab einen Fisch. Sehe ich ja irgendwo... Was ist denn das da? Bauplan, Antenne. Kann in der Forschungstabelle erlernt werden. Bauplan, Empfänger. Schau ja, das brauche ich Antenne! Ich brauche was zum Fressen, Leute! So, erstmal das Ding da größer bauen, weil sonst kriege ich einen Vogel und ich fahre überall runter. So, das schaut doch vernünftig aus. Da, die holen wir uns beide. Ja, absolutes Pro-Gaming.
Absolutes Pro-Hageln ist das. Oh, das wird auch gut zum Hageln. Warte mal, da probieren wir einen ganz narrischen. Bleib mir da. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht so, wie ich es mir ausdenkt habe. Dann machen wir einfach so. So. Eins nach dem anderen. Wir haben einen einfacher Grill. Das ist doch gleich einmal das nächste. Da brauchen wir mehr Kunststoff. Das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Immer her mit dem Schund. Dann brauchen wir wieder ein Paddel. Ich möchte da mit paddeln, wenn da sowas vorbeifährt, da ist mit Sicherheit der fette Loot drauf. Looten und bluten, meine Damen und Herren. Looten und bluten, da ist ein Holzbrill vorbeigeschwommen, ich hab's genau gesehen. Da hier zweimal Bladel. Du kannst dich verpissen! Mr. Hai Sepp. Sperr für Hai wieder. Ich glaube, einmal kann er noch aushalten. Halt er noch einmal aus? Ja, wir werden sehen. Erstmal Ressourcen zusammenscheißen. So schlecht schauen wir mir da gar nicht aus. Jetzt pass auf, da bauen wir da das Ding her. Irgendein Achievement haben wir gekriegt. Beginner Builder. Build 10 Foundations. Das haben wir zusammengebracht. Wir brauchen 3-mal Seil. Dann bauen wir mir 1, 2, 3-mal Seil. Mit dem Menü komme ich noch nicht so ganz klar, da muss ich ganz ehrlich sagen. Wo der ganze Bums drin? Da. Einfacher Grill. Herstellen. Aha. Den pflanzen wir direkt da rein. Damit nichts passiert. So, kann ich jetzt da meine Makrele drauf pflanzen, jawohl. Und dann Planke. Planky McPlank. Dann werden wir da hier wieder. Dann machen wir jetzt langsam. Scheiße, ich habe es jetzt wieder drungen. Das war natürlich nix. Flüssigkeit einfüllen. Ah! Ja, natürlich. Goddammit, ich hab kein Seil! Mach mehr Seil! Gott, das ist voll der Stress, das Spiel! Ich mein, das ist wieder gemütlicher, da pimmelt man ein wenig alleine, wird schon passen. Nicht an den Rand. Ja, das muss ich offensichtlich der Hardware lernen. Umgekehrt. So, wir brauchen mehrere Bladel. Da gehen schon wieder Dwayne mit Sau. Ich sehe hier keine Blätter. Da ist ein Bladel. Bladel! Ja! Zwei Headshot, Fasseln sind auch vorbeigeschwommen. Ja, der hungert. Ich brauche Bladel. Oder Fassel. Oh, da schwappt es ein Haufen Schund daher. Den nehmen wir mit. Jetzt pass auf. Ja, easy going. Oh, wir brauchen was zu messen. Ist unsere Makrele fertig. Makrele, oh. Ja, ich hab jetzt gerade gelernt, warum nicht an den Rand. Hab schon verstanden. So, Planke für Makrele aufnehmen, essen. Bringt das ordentlich was? Ich möchte es hoffen. Das nehmen wir mit, nein, das nehmen wir nicht mit. So, eins noch einmal, und da fahren wir wieder eine Insel. Wenn wir nur einen Fischi fangen? Fischi fangen, kriegen wir schon. Eins noch einmal. Wir müssen jetzt erstmal den kreisligen Punkt überwinden, dass wir dauerhaft was zum Essen und zum Saufen haben. Fisch, los! Fisch jetzt! Danke. So, Makrele platzieren. Salzwasser füllen. Flüssigkeit einfüllen. Mit Süßwasser füllen. Und dann was trinken. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Muss ich. Oh! Dicke Kiste. Kiste. Nimm ich. Warum das wieder nicht gegangen ist, das weiß kein Mensch. Wir spielen gerade so ein bisschen Titanic. Passen wir da dazwischen durch? Ich glaub's nicht. So, lassen wir das Bladel her da. Bester Tipp, lies das Buch und schau dir alles im Baumenü an. Kriegen wir schon. Beim Programmer braucht kein Baumenü. Kommt da kein Krampf nicht raus, wenn ich da... So. Wir bauen jetzt da erst einmal... So, Bretter bauen wir es nicht mehr. Das ist einmal wichtig. So, wir brauchen ein Paddel. Ich will wieder ein Paddel und ich mag einen Anker. Haiköder. Was tue ich mit einem Haiköder? Weiß ich nicht. Haben wir schon wieder einen Speer gebaut? Nö, dann bauen wir einen sichern. Dass der ganze Scheiß da mit dem Inventar anzipft, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Was ist da her? Her mit dem Holz. Her mit dem Kunststoff. So, Wasserreiniger leer, erst trinken, dann wieder füllen. Das mit dem Wasserreiniger habe ich, um ehrlich zu sein, ohnehin noch nicht so ganz verstanden. Tasse voll Salzwasser platzieren. Ah ja. So, Planke platzieren. Eine Planke wird schon gegangen für den Fisch. So, was haben wir jetzt da? Wir brauchen ein Paddel. Nein, wir brauchen ein Paddel. Kunststoff und Seil. Ach, das kostet ewig, das Zeug. Grütze, fix. Kann man den Hai irgendwie umbringen? Nervt mich.
Der nervt mich. So, ist da, wo sägen ich? Ich kann jetzt trinken. Aber wo sägen ich, ob da Salzwasser drin ist oder nicht? Leere Tasse. Kann mir nicht das Wasser gefüllt werden. Was kann ich da tun? Ich trinke jetzt mal. Kann ich nicht. Warum nicht? Mit Süßwasser füllen. Ja. Das tun wir. Salzwasser. Tasse voll Salzwasser platzieren. Das ist ein bisschen komisch. Das sage ich jetzt, wie es ist. Das ist ein bisschen komisch. So, essen der mal was. Kann man da zweimal abbeißen? Nein, kann man nicht. Aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen erfangt. Jetzt müssen wir nochmal da hier ein bisschen so. Ich meine, gibt es auf den Inseln irgendwas? Wohl nicht. Ich weiß nicht, wie die 2 Tassen funktionieren. Na, weiß ich nicht, ich sag da auch keine Tasse. Das ist diese Tasse für die. Schaut diese Tasse und der Plastikeimer. Schaut der gleich aus. Für die. Sprengmeister. Ha. Sag's heim. Oder der Heimann kommt. Der Heimann kommt, ich sag dir schon, brauchst gar nicht herschwimmen. Hab bei die Ost. Oh, das nicht mehr. Hab bei die Ostich. Oh, den brauchen wir. Ah, Fassel ist gut. Fassel ist gut. Fassel ist gut. So. Ja, wir müssen Scheißdreck sammeln, das hilft nicht. So unspektakulär das Zeug sammeln ist, es hilft nicht, wir müssen was sammeln. Stiegel für Stiegel. Ist doch gescheiter mit einem Paddel. Was mir ein bisschen nervt, ist, dass das Paddel kaputt geht. Das macht mir ein bisschen sad. Das macht mich sad. Kunststoff brauchen wir 6 und 2-mal Seil. Dann gehen wir mal da hier. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob man die Bladel. Du Penner! Haupt! So. Und unter Wasser bei den Inseln sind Riffe, wo du Eisen und alles herbekommst, steht im Buch. Ja, das findet man dann schon aus. Ich glaube, von Eisen sind wir noch sehr weit entfernt. Dann brauchen wir erstmal Grundutensilien und ein einigermaßen halbwegs brauchbares Boot. So, das zimmern wir jetzt da hin und da hin. Ne, das nehmen wir mit. Sehr gut. So, das nehmen wir schnell mit. Hoffe zumindest. Jawohl. So, wie schaut es mit dem Paddel aus? Ich will ein Paddel haben jetzt. Der Wurfanker. Lässt dich dein Floß ankern, kann nur einmal verwendet werden. Wir haben auch noch keine Steine. Oder zumindest nicht genügend. Seil, Kunststoff, Planken. Jetzt mal den ganzen Schund da. Einsammeln, der vorbeischwimmt. Oh, das schaut geschmackig aus. Das nehmen wir. Ja. Was ist das? Haben wir schon gehabt. Nehmen wir mit. Schiffbauer, Mann, bitte ein Boot! So, aber ich glaube, fürs Erste haben wir uns schon einmal so ein bisschen davon. Wird schon. Simon, servus, und Grüße aus München, nur ein gutes Neues. Wünsche ich ebenfalls. Merci für 63 Monate. Herr Stefan Hegemann, merci für 15 Monate. Wünsche ich alle ein frohes Neues. Rolf Zepp, Hansi Rhein, Herr Geisberger, merci für den 5er. Boni Kanoni, merci für 32 Monate. Herr Geisberger, nochmal merci für den 5er. Schluss mit Donations und mir Tipps geben, ich lese das sowieso nicht. Und wenn, dann lese ich es sauber spät. So, der ist der hungert. Pass auf. Kriegen wir da Holzbrill, tue mir Holzbrill her. Jawohl. So, Essen und Trinken. Gehört viel mehr vorbereitet. Habe ich schon gesehen. So. Planke platzieren. Flüssigkeit einfüllen. Mit Süßwasser füllen. Warum denn? Tasse voll Süßwasser. Das nervt mir wegen, dass man das nicht gescheit sagt. Aber, oh, Fassel. Fassel. Gib mir den Fassel. Fassel, bester Mann am Blau. Ja, easy. So, was schwimmt da noch so vorbei? Nix Gescheites. Jetzt probieren wir mal, ob wir den noch erwischen. Leider nicht, aber dann holen wir zumindest das Holzbrill. So. Ja, ich merke schon, was das meint mit. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen mühselig. Kriegen wir schon. So, wie breit ist denn das Scheiß? Kann man Dinger abreißen? Kann ich dort das Brill zum Beispiel wegreißen, weil so tief brauchen wir es eigentlich gar nicht, aber früher oder später brauchen wir es sowieso so tief. Ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Sammeln wir lieber Schund. So, wie schaut es mit unserem Paddel aus? Brauchen wir noch 2 mit Kunststoff. Ja, her mit dem Plastikschund. Abgehört das schaut gar nicht. Hast kein Licht. Habe ich noch nicht so wirklich geschaut, aber das findet man schon. Da wird schon irgendetwas anliedeln. Jetzt fangen wir mal nur ein Fischi. Fisch, in welche Richtung fahren wir eigentlich? Also da so. Schauen wir mal. Da schwimmt auch wieder eine Insel an uns vorbei. Her mit der Oh, was haben wir da gefunden? Das ist ein anderer Fisch. Was ist das? Roher Buntbarsch. Den pflanzen wir da auf. Den pflanzen wir wieder auf. Dann nehmen wir da hier L mit Salzwasser füllen. Tasse voll Salzwasser platzieren. So. Und weißt du, warum ich das nicht verstehe? Da steht Tasse mit Salzwasser platzieren.
Ich sehe mich da nichts platzieren. Ich habe immer nur eine Tasse in der Hand. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. So, damit ist er. Nehmen wir mit. Da ist so viel Zeug vorbeigeschwommen. Nix so wieder gereiht. Ist hier. So gestummene Hai. So, kriegen wir schon. Oh, das wird knapp. Haben wir gekriegt. Ich sag da nur Pro-Gaming. Ich sag da nichts außer Pro-Gaming. Das war kein Pro-Gaming. Vielleicht sollte man für jeden Scheißdreck unseren Hagel hernehmen da. So, wie schauen wir aus? Ja, Paddel! Und schon paddel ich dir eins. Oh, Kartoffel, das nehmen wir mit. So, hier, paddel jetzt. Wir paddeln jetzt einfach in die Richtung von den Teile und sammeln wir alles auf. Bis wir so viel Holz haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. So, da geht's mir her. Da ist hier. Da geh her jetzt da! Ah, das ist eine gute Idee gewesen. Ah, das ist eine gute Idee gewesen. Gibt's überhaupt nichts. Da gibt's überhaupt nichts zum Schmerzen. Gib mir nicht! Wieso geht denn das nicht? Bett am Forschungstisch als nächstes. Wölfchen? Wölfchen oder Ahnung. Ganrim! Erst trinken, dann Salzwasser rein. Ja, wenn vorher schon Salzwasser drin ist, dann ist sie auch für den Arsch. So, unseren Paddler. Mit Süßwasser füllen. So. Trinken. Planke platzieren. Salzwasser einfüllen. Und platzieren wir das Ding da. So, zum Essen braucht man mehr. Warum ist denn mein Angel eigentlich so kaputt? Ich hab 3 Fisch gefangen. Was ist denn das für Angel? Was ist das für Holz? Insel plus Axt, viel Holz. Ja. Dafür müssen wir jetzt erst einmal herausfinden. Du Pisser! Los mal Zeichen rein. Das mag ich haben. Her mit dem Schund. Her mit dem Schund. Easy. So, jetzt tüdelt man das da mal ein bisschen um. Warum mir das da jetzt mal den scheiß Kunststoff da rein tut, den will ich hier nicht haben. Und dann wir da mal die Planke platzieren und den Fischi drin. Ach so, wir haben mehrere Fischi. Fischi! Mit Süßwasser füllen. Sauft man gleich nochmal, weil warum nicht? Kann man nicht Fake News saufen. So, haben wir mir irgendwo... Ein Anker war halt geil. Dass man mal da in... Ich meine, man kann sich ja nicht einmal in Ruhe auf die Insel begeben, weil das Floß einfach weiterfährt. So. Jetzt meine ich, schauen wir langsam ein bisschen besser aus. Ein Segel. Segel war natürlich schon auch geil, wenn man das ausrichten kann und so. Und dann fährt man einfach in die Richtung. Das war schon lustig. Bis dahin machen wir mir ein Paddel. Und schon paddel ich die eins. Wo kommt denn ein Haufen Zeug? Wo kommt denn ein Fassel oder so? Und das da hinten, ist das so eine große Kiste oder ist das ein Kunststoffteil? Weiß ich nicht. Ich paddel mal rüber. Okay. Los paddeln. Los, wir paddeln zum Fass. Ich will das Fass. Können wir noch mehr Fassel? Ich seh keins. Geh los mit zum Fassel, hey, Bitchen! So, das nehmen wir dann. Das nehmen wir dann. Oh, wieder Kartoffel drin. Und ein Dekorationspaket, das ist wichtig, ja. Das ist das Allerwichtigste, wenn du auf einem selber bauten Holzfloß stehst. Das ist das Wichtigste, das Dekorationspaket, damit es wenigstens schön ausschaut, wenn du verhungerst und verdirst. Das ist das Wichtigste. So, Fischi. Dann legen wir den anderen Fischi auf. So, und den schnabulieren wir. Kartoffel schnabulieren wir auch gleich neu. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir dann bald einen neuen Hagel. Sag ich das richtig? Darf es mal wieder hell werden. Hier mit dem Ding, hier mit dem Ding. Du kannst dich gleich wieder verpissen da, weil sonst meine, haben wir nicht mehr lang. So. So, ich glaube, das Gräber ist überstanden fürs Erste. Mir verhungert man zumindest einmal nicht mehr. Das ist einmal ein Fortschritt. Großer Fortschritt. Planke platzieren. Kann ich da überhaupt was trinken? Nö, kann ich nicht. Trinken, entfernen. Warum kann ich da jetzt nichts mehr tun? Was ist denn Flüssigkeit? Also keine Ahnung, das System verwirrt mich. Ich sehe nicht, wenn ein Wasser drin ist. Ich sehe nicht, was für Wasser drin ist. Ich sehe überhaupt nicht. Ich sehe einen Scheißdreck, sehe ich. So. Fischi fressen. Dein Wasser ist doch voll. Wo seht's denn ihr das? Dass mein Wasser voll ist? Ich meine, natürlich sehe ich da unten ein Symbol. Warte mal.
Hat das andere Farbe, dann bin ich steil. So. Jetzt ist da was drin. Sag ich, ob das Salzwasser ist oder nicht. Weil, nein, ich mag nicht lesen müssen. Das hat nichts mit Lesen zu tun. Rechts in roter Tasse Wasser ist gleich Südwasser. Rechts in roter Tasse Wasser. Die lila Tasse. Welche, Alter? So. Was für Tasse ist lila? Welche Tasse ist da lila? Schau dir an, wie das Ding funktionieren könnte. Ich verstehe schon, wie das Ding funktioniert. Also, in echt funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ja, wobei. Aber. Fassle! Aber was ich wissen möchte, ist, ob ich immer die Taste in der Hand habe. Ob da Flüssigkeit einfüllen. Wieso muss ich manchmal Wieso muss ich manchmal drücken zum Flüssigkeit einfüllen und wenn ich recht im Austausch drücke? Was? Jetzt geht er mit Süßwasser füllen. Ist das. Okay, bin Start. Bin schon Start. Salzwasser ist grün, Normalwasser ist blau. Bin schon Start. Haben wir's schon. Hab schon verstanden. Kiste. Trotzdem, das hätte man besser machen können. Ja, das hätte man besser. Da braucht jetzt keiner dagegen schwarz. Das hätte man. Ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber das hätte man besser machen können. Da braucht man keiner dagegen schmerzen. Ja, wirklich nicht. Was ist da wieder? Ja, du. Haupt. So, gut. Hätten wir das. Wundervoll. Ist Fassel, das neue Vogel. Noch nicht ganz. Aber viel weit nicht. So, da hinten große Kiste. Große Kiste und Fass, sehe ich da. Nehmen wir mit, was da? Zweimal Planke, nehme ich auch mit. Endlich, er hat's kapiert. Ja, ihr habt alle in die Späne gegangen und habt es natürlich sofort gewusst. Ja, das, was der Marvel-Mania gesagt hat. Quack. Da schreibt, da sitzen jetzt die Leute daheim, die 1800 Stunden haben. Und sie denken, oh Mann, ist der blöd. Wie immer. Was kann eigentlich das? Du hast gelernt, Rose. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn du dir das Baumenü angeschaut hättest, würde dein Floß automatisch alles einsammeln. So, okay. Okay, ich habe mir das Baumenü angeschaut. Wo sammelt mein Floß von selber ein? Ja, Quatsch, und wo? Wo? Ich hab's leider nicht gesehen. Nehmen wir mit. So, wo ist jetzt die Kiste hin? Die ist 5 Kilometer da hinten, die schwappt davor, weil ich auf einen Scheiße wieder aufpasse. Was ist denn das eigentlich? Keine Zeit zum Lesen. So. Es gibt ein Netz zum Himo. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, dass unser Paddel hieß, bevor wir bei der Kiste da hinten sind. Kriege ich einen Vogel. So ein Wimpel war tatsächlich nicht schlecht, um mal zu sehen, wo es uns überhaupt hinschwappt. Aber ich glaube, so in die Richtung. Hä? So in die Richtung da so. Da war nämlich wieder eine Insel gewinnen, aber da können wir nicht hinpaddeln. Da können wir leider nicht hinpaddeln. So, ich höre jetzt einfach aufs Wölfchen. Alle anderen haben sowieso keine Ahnung. Forschungstisch und Bett. Was braucht man da dafür? Schrott und Nägel. Nägel brauchen wir mehr Schrott. Wo kriegen wir Schrott her? Brauchen wir erstmal einen Hagel. Oh, das da hinten schaut gut aus. Warte mal. Das brauchen wir mir. Da, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit her, dass da Schrott drin ist. Komm mit mir, Bro. Da ist her. Haben wir sonst noch was Gutes? Oh, riesige Insel. Riesige Insel. Segelgrößer Paddel. Schauen wir mal, das habe ich mir vorher schon gedacht. Brauchen wir aber auch Schrott. Wir brauchen erstmal Schrott. Wo kriege ich Schrott her, außer in Fassel und diesen großen Kisten, die bloß alle Viertelstunde mal vorbeischwappt? Kisten oder auch bei Inseln? Ja, mein Problem ist, dass mein Floß davor schwappt. Und das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Was kostet das Paddel zum Bauen?
Ja, das ist nicht ganz so teuer. Kann man neu bauen. Schrott würde ich jetzt im Ufer um Inseln vermuten. Das kann tatsächlich Sinn machen, ja. Dann paddeln wir halt einfach mal langsamer, also dann bauen wir uns nochmal ein neues Paddel, einfach weil es kann. Einfach weil es kann! Ja, mit dem Paddel! Also ein bisschen länger könnten die Dinger schon leben da so. Na, das kriegen wir schon. Kriegen wir schon! Eins nach dem anderen. Muss ich überhaupt so schnell paddeln? Bleib einfach mal oben. Das wird dann schon die optimale Geschwindigkeit sein. So. So. War da Schrott drin? Nein, da war kein Schrott drin. Haben wir noch irgendwas in Aussicht, was schrottmäßig ist? Nicht wirklich. Schrott ist ja oft in den Fasseln oder Kisten. Ja, das dachte ich mir. Aber leider Gottes sind Fasseln und Kisten relativ selten. Können wir dieses Scheißfloß da irgendwie so befestigen, dass das nicht abhaut? Ohne dass ich jetzt da einen scheiß Anker bauen muss, der da noch weg ist. Das ist hier die Frage. Wenn ich jetzt da auf die Insel gehe und wenn ich wieder zurückkomme und mein Floß ist weg, dann schmeiße ich mir meine eigene Scheiße ins Gesicht. Ich paddel jetzt da mal in diese Bucht hinein. Nein, Ausrufezeichen Anker. Okay. Ja, ausnahmsweise einmal auf euch. Wurfanker, was kostet der? Ja, ein Storn, Alter, was weiß ich, wo man Storn ist, das ist ein Storn. Kann ich den sammeln? Kann ich dich sammeln? Nein, kann ich natürlich nicht. Wie weit kommt eigentlich der Hai daher? Kommt der bis ans Ufer? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Jetzt schauen wir mal, wie weit kann ich da... Der beste Schwimmer bin ich ja nicht auf dem Planeten, aber jetzt pass auf, jetzt machen wir da mal mit den Sachen da irgendwas anfangen, nicht wirklich, gell? Gibt's auf den Scheißinseln irgendwas? Ich sag nichts, da hier Ananas, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Immer schön unser Boot im Auge behalten. Der schwarze Sahne, ja schon hin. Oh, schon hin. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das ist Free Loot. Oh, Kruzifix, da schreckt mich nicht so, du Hurenmaul! Gut, also der Hai kommt auf alle Fälle bis hier hin. So, tun wir mal. Ah, ich muss wieder aufs. Tun wir das nur mehr aufgeschwommen da. Hopp, hopp. Nur mehr aufgeschwommen. Aufgeschwommen! So, jetzt hat. Und jetzt schauen wir, dass wir sofort wieder ins Floß reinkommen, weil die sehe ich schon davor schwimmen und ich sehe mich schon wieder sterben. Wo ist denn jetzt? Da ist. Harald, bester Hai. Das Wölfchen hat vorher schon was gemeint, so von wegen, dass der Hai einen Namen hat. So, da machen wir jetzt so, da machen wir hier Salzwasser platzieren, damit wir was zum Essen haben. Wir fressen. Kruzifix. Mein Stieg oder Wengel schneller. Herr Bresal schneller, guter Mann. Es hilft uns nicht weiter da, dass wir da auf der Insel festsitzen, da paddelt man jetzt rundum. Herr Sonntag, Ruhetag ebenfalls. Merci dir. Gib ich da jemals wieder weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Ich paddel mal in diese Richtung. So wie der Brudi ausschaut, ist der bald fällig. Wer ist bald fällig? Ich bin nicht fällig. Ich bin nicht fällig. Das passt schon. Aber wobei das jetzt gar nicht so schlecht wäre, wenn das scheiß Fluss da einzwickt ist, aber ich traue ihm nicht. Schaut der Hai immer ramponierter aus? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die hat so Narben auf dem Kopf, aber ich glaube, die hat er schon von Anfang an. Ich weiß nicht. Ich weiß auf alle Fälle nicht. Was ist das da unten? Der Unterwasserkohl. Kann man das looten? Nein, schnell wieder ins Boot. Komm. Schau bloß, dass du lang gewinnst, du geschissener Scheiß aus, hey. Ich sag, oh, da liegt irgendein Drum. Das schaut aus, als kann das mitnehmen. Ich probier's. Was ist das? Da brauche ich einen Hagel. Wieso brauche ich da einen Hagel? Mei. Ah, habt ihr schon beißen gehört. Da kannst du schon wieder schleichen. Schleichen Sie sich. Plastikhaken. Hilft nicht, müssen wir bauen. Müssen wir bauen. Kann ich... Brauche ich wie... So funktioniert's nicht. Ich geh jetzt da noch mit... Das check jetzt nicht ganz, was das ist. Okay, da können wir nicht lang nur im Wasser bleiben, weil uns der Hai frisst. Wie sammelt man diese Dinger da? Da steht ja der Hagel toten, aber dass das ja so nicht geht. Hagel, Schrott, Leute, paddelt's mal auf den Like-Button. Sagt's mir mal lieber, wie ich das Schrottding da krieg. Na, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Forschungstisch, wir brauchen immer nur 1 Schrott. 1 Schrott, meine Damen und Herren. Draufbleiben, runtertauchen, links klicken. Ach, das muss man abbauen. Ja, wer kennt das nicht? Der Schrott, der am Boden vom Meeresgrund liegt, den muss man mit einem Plastikhaken abbauen. Ja,
Wie kann ich da nicht drauf kommen, Alter? Das ist ein Wahnsinn. Da hinten ist eine Kiste, die holen wir jetzt. Oh, und fischen müssen wir auch schon wieder. Was ist denn das da? Was ist das? Ah, da kann man Sachen anbauen. Ja, das habe ich vorher schon gesehen. So, der ist verhungert, das hilft eh nicht. Aber wir brauchen diese Kiste da. Und die Planke. Kiste und Planke. Haken ist für Oberfläche mehr, dachte ich mir schon. Ich will die Kiste. Komm, los ein Schrott drin sein. Bittchen. War Schrott drin, da Steine war noch ein Haufen drin. Komm auch brauchen. So, zum nächsten Fastel. Die geschissenen Inseln kennen wir mit dem Arschlecker. Wie soll die nie da umeinander dauern, wenn der Hai die ganze Zeit umeinander pümmelt? Hättest du mal das Baumenü gelesen, Zampel, hast du recht. Hätte ich mal das Baumenü gelesen, da die wissen, dass der Siemens Unterwasserhaken nur funktioniert. Ja. So. Forschungstest, die brauchen immer noch Schrott! Du Gott! Ja, dann werden wir halt weiter fischen. Das ist sehr aufregend. Ich stehe seit einer Stunde auf dem Scheißbredel und fange mit einem Hagel Holzplanken. Aufregend. So. Ja, weg. Ja, also ich weiß nicht. Und ja, ich sehe gerade mal einen Sektorenschaden. Oder Haie nicht bissen. Wenn man mal reinkommt, macht die Spur aber mega Bock, mit anderen zu sagen, ja, um Gottes Willen, ja, ich bin, ihr kennt's mich. Ich find's bis jetzt gar nicht so schlecht. Aber auf eure Warnung hin, aus dem Stand von 0 einmal irgendwas zu reißen, ist nicht ganz einfach. Seil. Oh, da können wir einige Seile mal draus machen. Wir brauchen eine Angel. Wir brauchen ein Gatt. Du ein Gatt her, so, Gatt haben wir. Aber Fischis fangen, sonst verhungert man wieder. Ich sehe schon. Tun sie sich nicht hinunter. Der Loot-Simulator, ja, gehört dazu. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn dann dein Boot einmal richtig breit ist, ist dann das automatisch Sachen sammelt und so. Ja, aus dem Loch musst du mal rauskommen. Verstehe ich schon. Kriegen wir schon. Oh. Fisch gefangen. Dann können wir gleich weiter fischen gehen. Außer David. Danke, Herr Hai. Da schnell oberbissen. Ist mir wurscht jetzt. Brauchen wir was zum Essen. Oh, währenddessen können wir Holzsachen. Oh, noch ein Fischi. Ein paar Blankis einzimmern. Währenddessen können wir doch da eigentlich aber auch Sachen sammeln, oder? Ne? Ja, genau. Jetzt wird es wieder finster. Da kriege ich Subnautica-Vibes so ein bisschen. Das gefällt mir gar nicht. So, noch mehr Fischi. Ja, wie lange braucht denn der Fisch? Zum Trinken haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Mit Salzwasser füllen. Planke platzieren. Habe ich doch jetzt 15 Mal gedruckt. Warum nicht? Flüssigkeit einfüllen, mit Süßwasser füllen. Saufi. Salzwasser rein. Passt. Fische genommen. Fischi platziert. Fischiger Fisch. Essen. So, Insel. Hilfst uns du was? Weiß ich nicht. Weiß nicht, Digga. Haben wir an irgendwas Wertvollem vorbeigeschwommen? Ich mag mich ja nicht vom Hai fressen lassen. So. Ja, den brauchen wir natürlich schon. Da ist der. Oh, schwimmt die noch rein? Jawohl. Oh! Ah, da wenn wir nicht hinkommen, müssen wir noch paddeln. Das hilft uns alles nicht. Nichts. Schneller. Komm, paddeln. Paddeln Sie zum Fass! Kriegen wir das gepaddelt? Ich weiß nicht, bevor es Paddel hieß. Insel, dann hast du Seil und viel Holz. Ja, aber dann schwimmt mein Floß weg! Außerdem auf die Insel komme ich gar nicht gescheit auf, ich schau mit dem Bums oder. Eins nach dem anderen. Jetzt stresst aber den alten Mann nicht! Kriegen wir schon. Ich paddel jetzt da hinten neu. Ich will das Fass haben. Ist mir scheißegal. Komm, wenigstens bis zum Bladel. Kim. Komm, wirf. Ja, das schaut doch gut aus. Sehr gut. Das haben wir sehr gut gemacht. So, jetzt zimmern wir da mal das Ding wieder ohne.
können wir jetzt bald einmal irgendwas bauen? Herrgottselig, Forschungstisch, dankeschön. So, den Bums brauchen wir nicht. Forschungstisch. Den zimmern wir jetzt einfach mitten da rein, weil es mir wurscht ist. Was kannst du? Öffnen. Platziere den Gegenstand zum Erforschen in den Slot. Was haben wir denn da? Ist ein Netzkanister, kann mit dem Netzwerfer verwendet werden, was auch immer das ist. Was brauchen wir da? Explosives... Ich verstehe überhaupt nichts. Was will es mir sagen? Was will es mir sagen? Lass mir mal ein einfaches Bett her. Da brauchen wir noch einen Nagel. Dann bauen wir halt noch einen Nagel. Bitte baut. So. Bitte baut. Bitte bauen wir direkt. Wo bauen wir das bitte hin? Das können wir auch nicht. Wir müssen ein bisschen expandieren. Wir müssen expandieren. So. So. Sollen wir nur eine Runde expandieren? Nein, dann brauchen wir Kunststoff. Ja, kriegen wir schon. Pack Items rein. Schauen wir mal, was passiert. Packen wir mal einen Holzhammer rein. Platziere erforschen. So. Ja. Kann ich die Tasse erforschen? Nein, kann ich nicht. Ich check schon wieder überhaupt nicht, was das da eigentlich soll. Jetzt warte mal. Vielleicht check ich es doch. Hä? Was? Jetzt will wir schnell was essen. Ich glaube, ich habe schon verstanden. Oh, das ist einfach, warum ist das so seltsam gemacht alles? Liegt's an mir oder liegt's am Spee? Das ist doch nicht nur mehr... Hä? Ich check überhaupt, was soll das denn sein? Also jetzt mal ernsthaft. Wieder verhungert. Oh, schau hin. Was ist schlimm? Beides, danke. Wenigstens ist einer ehrlich. Dass ich nicht komplett behindert bin. Oh, da frisst jemand mein Brot, glaube ich. Hab! Hab! Ja, wieder ein Stück Lober geht dabei und wieder eins hin. Nein, doch nicht. Okay. Also, soweit ich das verstanden habe, müssen die da jetzt noch... Ja, genau, wir haben einen Schrott. Und dann müssen die eigentlich Farbmühle. Ich brauche keine Farbmühle! Das klingt... Wo ist das da? Laternen, ja, weil was Vernünftiges. Ein Eimer, nützlich beim Melken. Von was? Vom Hai. Gut. Laterne, mittlere Anbaufläche. Das hört sich doch einmal vernünftig an. Lernen. Du hast gelernt, mittlere Anbaufläche, recherchiert von Birger. Ich habe recherchiert. Ich weiß jetzt, wie man Holz zusammennagelt und dann da drin was ober. Was kosten die? Hä? Was ist das? Also, ich habe jetzt da Bredel, Schrott, Seile, Storner und was weiß ich was reingeschoben. Die haben dann weg. Die haben dann jeweils Ort. Oh, da fährt der Fassel vorbei. Moment. Ich muss kurz auch bei der Fassel vorbeigefahren. So, hier Fassel, sehr gut. Sehr gut, Fassel vorbeigefahren. So. Ich lerne jetzt einfach den ganzen Scheiß da. Kostet es dann nochmal was? Kostet es nicht nochmal was? Was wollen Sie, oder? Planke, Planke, Planke. Planky McPlank. Planky McPlank. So, mit Süßwasser füllen, trinken. So, Fisch essen. Vielleicht noch gelbe rote Rühm hinten rein. Okay. Wichtige Kiste. Die ist wichtig. Neue Ressource rein. Deinem Bau Craft-Menü wird alles hinzugefügt, wo diese Materialien gebraucht werden. Ja, das habe ich mir schon... Aber... Also das habe ich ja noch nie... Also ich habe schon wirklich viele Spiele in meinem Leben gespielt, gell? Da brauchen wir jetzt mal nicht schmerzen. Ich drücke einfach blind auf Lernen. Was denn sonst damit? Ob ich einfach das Bett hinlegen. Wird's dann wieder hell. Frisst mich wie...
Oder startet diesen Sonnenaufgang? Weil wenn es jetzt so nicht hell geworden wäre nach dem Schlaf, dann hätte ich auch gesagt, für was, wozu? Was bringt das Bett? Lesen wir mal das Bett. Lässt sich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Auch das Wiederbeleben im Bett sorgt für mehr Gesundheit. Ja, gut. So. Naja, gut. Wir brauchen immer noch mehr Kunststoff. So ist, was ich weiß. Wir brauchen immer noch mehr Kunststoff. Wir paddeln da... da haben wir ein Fassel. Haben wir noch... Fressen wir mal die Scheiße. Wir haben kein Paddel mehr, wir haben nix. Also, man ist schon sehr... Was ist denn da der Unterschied zwischen den Anbauflächen? Ne? Seil, Schrott. Machen wir eine kleine Anbaufläche. Tun wir eine kleine Anbaufläche hier. Das kann nicht schon. Das kann nicht schon. Die Thema, wir kommen Sachen dran. Drücke oder halte die Taste für sanftes Drehen. Sehr sanft. Außerordentlich sanft. Das zimmern wir jetzt da hin. Und dann kann ich da jetzt was einpflanzen, oder was? Was ist denn das da? Wie mit der Ananassamen. Füge Wasser hinzu, um einen Ananas zu erhalten. Pass auf, eine mittelgroße Anbaufläche. Ist das jetzt eine kleine Anbaufläche oder? Oh scheiße, das ist eine kleine, mittlere. Na, dann müssen wir noch Schrott sammeln. Hilft nicht? Hilft nicht? Kriegen wir das Fassel da hinten? Ja! Rübe, Kartoffel ist gleich klein. Verstehe, verstehe. Ja, kriegen wir schon. Ich meine, woher soll ich denn das wissen? Wenn du den Baum nicht vorher gelesen hättest, um einen Millimeter ist es nicht ausgegangen. Aber das passt schon. Da hinten schwimmt noch was Dicks. Ja, Paddel brauchen wir. Oder ihr braucht mal ein Segel. Oh. Das baue ich jetzt einfach und schau, was passiert. Segel! Das pflanzt jetzt einfach da so her. Warte mal. Muss ich mich da nach der Windrichtung tatsächlich richten oder fahrt jetzt das halt in die Richtung? Ich denke, das werden wir außerfinden. Ah, das ist gut. Ah, das ist wirklich gut. Geschissen aufs Paddel. Geschissen aufs Paddel! Gegen Wind geht nix. Ja, aber ich sehe, dass das Segel spannt. Fix nochmal! Wann kann ich endlich einen Schrotflinten bauen, damit ich diesem Affentypen ins Gesicht schießen kann? Kann man das etwas sagen? Ja, mit dem Schund. Beginner Gatherer! Hook 100 Items. Aha. Okay. Ist recht. So, mehr Fassel. Aber die haben wir ein bisschen nach rechts dran. Warte mal. Ändert sich das Ding? Nicht wirklich, gell? Der Hofbürger schreibt, es ist wurscht, wo ich das Segel hin tue. Na ja, gut. Da ist eine Kisten. Die nehmen wir natürlich mit. Schauen wir mal, ob wir da eine looten können. Ja, das schaut doch vernünftig aus. Schaut auch vernünftig aus. Was ist mit dem Ding, da mit dabei da rumgefahren da? Ich möchte das Fassel haben. Ja, jetzt fahren wir natürlich direkt drauf zu, gell? So, wunderbar. Ja, haben wir schon wieder einen Schritt weiter. Ja, haben wir schon wieder einen Schritt weiter. Jetzt bin ich da hinten fahren. Da ist nämlich die andere Kisten. Haben wir schon. Da müssen wir uns wahrscheinlich einmal durchquälen. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Wir brauchen mal so einen automatischen Sammler. Wir brauchen mal so einen automatischen Sammler, der uns diese Scheiße der Automaten... Und dann bauen wir voll das breite Ding. Und dann müssen wir mit diese Kacke dann nicht mehr machen. Und ich glaube, dann ist fake gewonnen. Dann ist sehr viel gewonnen. Jetzt sind wir mal... Ja, wir müssen mal größer bauen, Alter. Ich hab keinen Platz auf dem Scheiß, auf der Bumsbude da. So, sehen wir noch irgendwo irgendwelche Fassel. Nicht wirklich. Hier mit dem Schund. Netze kannst du erforschen. Da schauen wir dann gleich einmal noch mehr rein. Was es da noch so alles gibt. Was gibt hier noch? Lager, eine Mettallaxt, ein Schrotthaken.
Dies ist im Grunde das gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser. Er ist schneller haltbar und kann weiter geworfen werden. Besser eine Angel und so weiter und so fort. Ja, das hilft mir aber alles nichts. Scharnier, was soll ich denn ein Scharnier herzaubern? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Segelpaddel, Wurfanker. Was passiert denn schon wieder? Mein Gott, die verdirst schon wieder! Fisch haben wir auch keine mehr! Sammeln wir dabei, machen mal die Pakete im Inventar auf. Schauen wir uns gleich an, jetzt fahren wir erst ein Fischi. Erstmal ein Fischi! Fischiger Fischi! So, Fischi. Und 2 Pakete im Inventar. Ja, stimmt, vielleicht ist da ja irgendwas Brauchbares drin. Wer weiß. Was haben wir da gekriegt? Du hast gelernt, Sofa. Ja, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Da können wir was trinken jetzt. Trinken. Süßwasser füllen. Trinken. Salzwasser platzieren. Ein Fisch pflanzen wir auch gleich auf. Dabei isst man sich das Rüble. So, wieso ist da eigentlich kein Schrott mehr? Das frage mich. So, hier. Haben wir noch ein Geschenk gehabt? Nein. Da haben wir noch einen Bauplan. Den kann in der Forschungstabelle vorstellen. Ich möchte gerne den Bauplan aus meinem Inventar heraus haben. Da gibt es ja 5000 Sachen. Fortgeschrittenes Sammelnetz, Sammelnetz. Was brauchen wir da? Ein Nagel! Jetzt schauen wir mal. Und dann brauchen wir wieder noch mehr Schrott. Es ist eine Sisyphus-Aufgabe, ist das. So, wir fahren jetzt da so in die Richtung. Sagen wir, das ist vorne. Das ist vorne. Die Ruhmkost grillen und in dem kleinen Pflanzkasten noch bauen. Oh! Das ist ein Tipp, den kann ich... Ah, da schau her. Muss ich den schon gießen? Braucht frisches Wasser. Hier Wasser füllen. Und dann Pflanzenwässer. Pflanzenwässer! Machen wir dabei so. Dann tun wir einen Fischi runter, nein, Fischi auf. Mir tüdelt man da in Richtung, oh, warte mal, da glaube ich, ist der bessere Schrott hinten. Ja, wird schon. Wir müssen noch ein paar so fette Kisten. Du kannst mir abhauen jetzt noch. Du hast doch Nägel, oder? Oh, ich hab tatsächlich Nägel, ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt wohl. Erforschen. Brauchen wir Federn, nochmal Kunststoff. Den ganzen Scheiß da brauche ich nicht. Ich will es nicht. Ich mag das Netz, das automatisch ein paar Sachen sammelt. Das da mag ich haben. Nein, nicht das Fortgeschrittene. Nein, Grüezi, fix das Kind her wieder. 1, 2, 3 Mal. Aber wobei, langsam glaube ich auch, dass der ein paar mehr Narben kriegt, wenn man da... Was ist das schon? So. Hemmenschund. Ah, das kommt da, das sammelt man jetzt einmal alles ein. Wir können. Oh, fuck off. Du, das war knapp. Das war knapp, du. Das war knapp. Knäpplicher wird's nicht. Da hinten war eine Insel. Da hinten war der Insel. So, was können wir noch jetzt an Werkzeugen? Steinaxt. Können wir sehen, da brauchen wir Seile. Da mal noch ein paar Seile bauen, dann nehmen wir mal noch eine Steinaxt. Sehen, die haben wir noch gar nicht, weil dann kann man uns langsam sicher mal in Richtung dann irgendeiner Insel einmal gehen und da Baum umhackeln. Was ist denn das da hinten? Das habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Was ist das da? Was ist das? Fahren wir mal Richtung Insel. Oh, da hinten ist Fassel mit Schrott, da fahren wir zuerst hin. Da fahren wir zuerst hin, wunderbar. Ganz oben im Buch. Ganz oben im Buch. Was tut man mit dem Eimer? Nützlich zum Fällen von, nützlich beim Melken. Einfach Grill. Kostet so ein kleines Lager. Eigentlich auch nicht ein Teufel. Ja, werden wir leider Gottes noch mal Sachen sammeln müssen, das hilft ja nicht. Aber wo kann ich das geschissene Netz bauen? Das kann man uns alles sparen. Dann brauche ich bloß mit dem Segel durchsegeln. Da waren 2 Fassel im Übrigen. Wo kann ich dieses Netz bauen? Da vielleicht. Sitzmöbel, Laternen, Farbmittel, Schild, Großdings, Uhr, braucht kein Mensch. Nasser Ziegel, Holzsperr. Ja, aber das habe ich doch vorher da drin gesehen, dass ich diese... Ja, bin schon stark. Bin schon stark, Verzeihung, großes Trophäenbrett. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. So, hier, Sammelnetz, sehr gut. Da fahren wir wieder währenddessen an die Fassel vorbei wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich.
Erst Fassel sammeln. Oh, wir müssen was essen. Essen. Wie lange dauert die Scheiße da zum... Come with me, Bro. Sehr schön. Eins nach dem anderen. Kunststoff. Können wir auch mitnehmen. Easy. Alles können wir brauchen. Looten und bluten, Kinder. Ist nicht... Oh. Oh. Fahr jetzt zu dem Fass lieber, sonst närrisch wird. Wunderbar. Holzplanken nehmen wir mit und jetzt wieder zurück zur Insel, wo auch immer die war. Ich glaube, dass ich es am Horizont nicht mehr erkennen kann, aber gut. Ja, kriegen wir schon. Eins nach dem anderen. Nur mal was gewissen. Da stellen wir da hier Wasser her. Ja. Planke platzieren. Fischi. Machen wir so. Ist man auch gleich wieder. Da wird es gleich wieder entfernen. Nein, säcken wir und säcken dann wahrscheinlich schon besser, wann die fertig sind da, oder? Naja, das wird schon werden. Oh, da hinten war noch ein Fassel. So, Netz. Was braucht man für das Netz? Sammelnetz. Seile und Nägel. Seil. Schrott und Nägel. Kriegen wir schon. Fängt automatisch Objekte ab, die hineinschwimmen. Der guter Fortschritt. Wehe, das Ding wird auch wieder kaputt mit der Zeit, dann kriege ich einen Vogel. So, es ist weit und breit nichts. Warum ist da nichts? Jetzt bauen wir mal einen Loot hier jetzt da. Bauen wir einen Ziegel! Wo war der drin? Der war da, nasser Ziegel. Haben wir nicht, brauchen wir Sand und Ton. Ich hab weder Sand noch Ton. Da, Vogel! Was will... Mann, weil der Hai noch nicht gelangt, oder was? Pflanzen wir noch ein Rübchen. Die sind gut. Bin ich gespannt, wie das da rauskommen. So, dann machen wir so mal. Planke platzieren, ja. Währenddessen können wir noch einen Fischi fangen. Uns geht ein wenig das Essen aus und dann schlafen wir mal, hätte ich vorgeschlagen. Ah! Kruzifix! Nein! Oh, nicht Schmarrn. Also, ja, es ist schon ein wenig Stress, so ist es nicht. Okay? Ist schon ein wenig Stress, so ist das nicht. Da hinten gehen wieder Schrott, was mit mir jetzt der, wir schlafen jetzt mal Runden. Wird nämlich schon wieder finster. Hinlegen. Ist offensichtlich nur zu früh zum Hinlegen. Tja. Stell dir vor, du speist ein Survival-Spiel, wo es looten musst und es kommt kein Loot vorbei. Musst leider jede Pflanze einzeln wässern. Das ist ein wenig, das habe ich fast befürchtet, ja. Flüssigkeit einfüllen, Süßwasser füllen, Pflanzen bewässern. Ich kann es leider nicht erkennen. Machen wir so. Ah ja, das passt. Kriegen wir schon. Es ist halt einfach halbe 10. Was? Wann ist es noch halbe 10 geworden? Ja, haben wir nicht viel Meter gemacht. Ne? Aber gut, was soll ich machen? Kinder? Was soll ich machen? Ich hab das Gefühl, das Spiel zieht sich ein wenig länger. Ernten. Kann man schon ernten? Da kriegen wir 2 aus. Ist jetzt auch nicht der Teufel. Ist jetzt auch nicht der Teufel. Ich pflanze mal die 3 ein. Ich hab doch gerade was gegessen. Tu jetzt nicht so viel umeinander. Nein, nicht. Hab jetzt nicht. Nein, jetzt hab ich einen Fisch rau gefressen, weil man einmal draufklickt und man kann es nicht abbrechen. Naja, gut. Es ist, was es ist. Ein wenig der Schrott war mal toll. Hallo! Da hinten sehe ich das einsame Fassel umeinander treiben. Ja, vielleicht sollten wir da einfach mal hin. Rüben auf dem Grill, glaube ich, das können wir auch mal probieren. Ja, warte mal. Wieso? Makrele platzieren. Dann müssen wir... Aber Delfini haben wir gesehen. Schau hier. So. Platzieren. Was passiert denn, wenn ich die Gabi rühm? Braucht frisches Wasser. Hey, Versuch was wert, ja? Legt's mir im Arsch. Da waren Delfinis. Kann man die auch essen?
Auf hoher See gelten keine Regeln, Leute. Auf hoher See keine Regeln. Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, dass ich den ganzen Tag mich da versucht, am Leben zu erhalten. Was eigentlich, wie ich anders sagen soll. Machen wir so. Flüssigkeit einfüllen. Langsam platzieren. Süßwasser. So, wir müssen uns erstmal wieder voll saufen. So. Fisch wird mir fertig. Brauchen wir ein bisschen Grill. Der Hai gibt einen Haufen zum Essen. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir den mit unserem Holzstecker kaputt kriegen. Da glaube ich, haben wir auch schon ein wenig Zeit rund. Planke platzieren. Das passt hier nicht hin. Wieso nicht? Wieso passt der Fisch da? Was ist mit dem Fisch? Was fehlt dem? Das ist ein Rohrlachs. Man braucht ein großes Feuer, um dieses Ding zu kochen. Oh, haben wir vielleicht einen größeren Grill, hä? Ja, ich hätte ja immer noch gern, weiß das schon, aber da irgendwie kein Loot mehr vorhanden ist. Was soll ich jetzt? Jetzt kann ich mal Pfotzen ans Tisch hauen, oder was? Es ist ja rundherum kein Loot mehr. Dann fahren wir zu dem Fassel dahinter. Ich weiß nicht, was ich da soll. Da ganz weit hinten, direkt über meinem kleinen Punkt, da ist ein Fass. Das sehe ich. Aber sonst sehe ich halt da gar nichts mehr umeinander schwimmen. Was ist das für ein Blödsinn? Segel zu machen, mach das Segel zu, aber warum? Wie? Entfernen mag ich nicht drücken, alte, sanftes Drehen. Da hat man doch vorher öffnen können, oder ne? Wie tut man das? Jo, Tutorial vorbei, Loot ist aus, jetzt muss ich das Logbuch lesen. Segel einfahren, dann strömt es dich automatisch wieder zum Schrott. Ach so. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das Segel wieder einfährt. Sag ich freiwillig, was ist. Loot ändert sich immer, wenn sie die Fahrt Wimpel bauen und mit dem Wind fahren. Segel zu mit E. Aha, dankeschön. Habe ich das wieder irgendwo nicht gelesen, oder? Haben wir da? Süßwasser füllen? Jawohl. Mal reingesuffen im Blädenschell. Mal was gegessen. So, dann brauchen wir mehr Süßwasser. So. Das wachsen die da nicht. Danke für den Tipp. Oder wir bauen mal so einen Wimpel, hat jemand gesagt, und dann sieht man, wo die Richtung ist. Aber wir haben ja keine Zeit nicht. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Ich meine, da ist auf dem ganzen... Ah, ja. Ja. Okay. Gibt's den Daumen nach oben. Wir hören uns das Fassel und dann lassen wir uns wieder treiben. Loot! Tut gut. Pflanze. Ach Gott, oh Gott. Irgendjemand hat geschrieben, man muss ja jede Pflanze einzeln wassern. Ja, jetzt ist mein Ding natürlich kaputt. Der stirbt tatsächlich mit der Zeit. Steffi, das hast du sehr gut beobachtet. Jetzt wird er den erst einmal ein paar Minuten tot sein, oder? Kann ich das Ding da, das kann ich ja da ruhig... Oh, das kann ich... Oh! Ah! Also, wir wollten eigentlich zum Fasslotz kosten, gell? Ahnung? Ja, haben wir schon. Jetzt gibt's Haifischflossen. Was kommt das da? Wo ist der Rest des Hais hin? Ich hab mir's gerade gedacht, dass ich das anziehen kann. Schade, dass ich mich nicht selber anschauen kann. Ich hab irgendwie das Gefühl, können wir da in Richtung zu diesem Fassel? Den Haikopf kann man aufsetzen, ja. Aber es schränkt halt die Sicht ein. Ganz ehrlich, nervt mehr als bringt. Im Koop ist es wahrscheinlich ganz lustig, aber so. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt schwimmen wir halt einfach mal ein wenig. Schauen wir, was passiert, oder? Schwimmen wir mal ein wenig. Tassalophobia. Die schmeckt. Kinder, die schmeckt. Wer nicht weiß, was das ist, der googelt es jetzt am besten. Third Person mit Punkt. Na, da geht's hart weg. Komma vielleicht. Da schau hin. Ha! Okay, wir gehen mal wieder komplett geistig Behinderte. Jetzt machen wir so, dann lassen wir uns wieder mit dem Schrott treiben. Und dann müssen wir es ansammeln. Das hilft eh nicht. Komma! Ist Perspektivenweg. Aber da gefällt mir First Person schon besser. Planke platzieren. Also Haifischsteak da oder wegen, hä? Das mache ich da oder wegen. Plankel platzieren. So. Auf was sparen wir immer noch?
Wir sparen immer nur aufs Sammeln jetzt. Wir brauchen zweimal Seil. So, dann können wir mittlerweile... Ja, wir müssen erstmal looten. Wir müssen wieder looten, weil wir nichts mehr haben. Fahren wir da mit. Da ist der Fessel. Da und dann... Ja, Ah, seh schon. Ich sehe den Loot. Ich sehe den Loot. Bis ich da lang. Na, bevor wir uns wieder verfahren, scheiß auf die Sonne Fessel. Scheiß auf die Sonne Fessel, straight ahead, Kinder, straight ahead. Wir holen uns das Fessel, wir holen uns die Kisten und dann fahren wir da hinten auf dieses verlassene Floß und hoffen, dass wir was Gutes finden. So. Nächsten Hai kochen. Können wir wieder mal an Essen? Ist der brutal? Der brutal? Oh ja, der gibt schon einiges, gell? Der gibt schon einiges. Mit dem haben wir da wieder Salzwasser rein. Wunderbar. Kann man das schon ernten da? Nö. Oh, da warten aber 2 Fässel hinten, gell? Seht schon. Zeige zusammen. Ein bisschen mehr Kunststoff kannst du mal herschwimmen. Das war mal eine Sache. Mach mal das Segel dicht, dass man wieder anständig schaut. Ich arbeite dran. Ich mag aber da hinten, da ist nämlich der fette Loot. Hab ich gehört. Machen wir jetzt so. So. Dann, hoppla, machen wir da mit. Oh, da müssen wir ein bisschen im Weg rein segeln. Kriegen wir schon. So. Ja. Oh, schmeckt. Schmeckt. Frage für zwischendurch. Sagt irgendjemandem da herin die, wie nennen wir es denn? WoW-Aktion Sauerkraut was? Sagt das irgendjemandem da herin was? Da hätte ich gern mitgemacht. Sag's, was es ist. Ich sag's, was es ist. Da hätte ich gern mitgemacht. Das habe ich nicht mitgekriegt, habe ich aber nicht mitgekriegt, leider. Viel Teufel schreibt einer vom Herrn, ja, gehört, ja, nö, sie, der Henner macht das, oder ja. Warum bist du nicht dabei? Um ehrlich zu sein, frage das hört sich jetzt ein bisschen, das soll sich jetzt nicht arrogant oder sonst irgendwie komisch, es hört sich automatisch komisch, oder komme ich gar nicht aus. Aber da haben so viele Streamer und Streamerinnen dabei, die so viel kleiner sind wie mir da. Ja, mein, ich gerade. So ein Song. So, ich mag zu dem Floß da um. Da hätte ich gern mitgemacht. Das sage ich dir, was es ist. Da hätte ich wirklich gern mitgemacht. Ich spiele seit über 20 Jahren. 22 Jahre mittlerweile. Spiele ich WoW. Und ich wollte zwar das neue Add-on, wollte ich das erste Mal in meinem Leben wegpacken, aber jetzt, was gekommen haben mit, jetzt funktionieren Add-ons nicht mehr, so Sachen wie Week Hours und der ganze Bullshit. Jetzt haben sie wieder. Du kannst immer noch mitmachen. Ja, habe einen Mogi angeschaut, bis er gestorben ist. Birger versteht wieder keiner. Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem, denke ich mir so mit diese Communities, von denen Leute, die verstehen uns halt nicht. Aber das ist ja uns scheißegal. Das sind ein Haufen deutsche Streamer, die WoW Classic Hardcore spielen. Ja, also mal kurz erklärt, was das überhaupt ist. Einige, die nichts damit anfangen können. Der Hand of Blood, der Hanno, hat... Ja, fangen wir noch früher an. Es gibt amerikanische... Wir haben es geheißen, OnlyFans, glaube ich. Das ist eine Gilde, die spielen WoW Hardcore. Was bedeutet WoW Hardcore? In WoW, wenn du normal stirbst, wachst du am... wieso kommen wir jetzt da eigentlich nicht hinter? Wieso segeln... Da schwimme ich jetzt um. Oh, ich schwimme vielleicht auch nicht um. Na, wieso komme ich da nicht um? Ich segel zu langsam! Oh! Wilson! Da ist sogar der Wilson oben schon hin! Na gut, dann müssen wir das wieder einfahren da. Fahren wir das wieder ein, fahren wir Richtung Schrott, das hilft nicht. Es hilft nicht, können wir nicht hin, das haben wir verkackt, das Ding segelt schnell bei mir. Warum auch immer. Dann sagen wir so. Das Fessel nehmen wir mit. Paddel, wir haben kein Paddel leider. Oh, wir haben wieder Geschenk gekriegt. Schauen wir mal, was wir gekriegt haben. Was haben wir gekriegt? Malerei. Ja, das sind lauter wichtige Sachen, kriegt man da aus den Sachen raus. Das ist wirklich... Oh, da haben wir 3 rübige... Eine rübige Rübe! Eine Rübe platzieren! Salzwasser einfüllen. Planke platzieren. Na! Oh, jetzt habe ich wieder aus Versehen. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, das machen wir da drauf. So, nochmal zurück zum Thema. WoW. Also World of Warcraft, glaube ich, soll ja jeder schon mal gehört oder zumindest grob gesehen haben. Das haben wir vor 3 Jahren sogar einmal gespielt. Das werden wir übrigens auch im März
dieses Jahr kommt das neue Add-on, ich glaube am 3.3. Für Pro-Gamer kommt schon ein paar Tage früher. Die ein bisschen tiefer in den Geldbeutel hineinfassen. Kommt schon ein bisschen früher. Lange platzieren. Und ja, auf alle Fälle ist es eine Gruppierung von einem Haufen Streamern und die spielen World of Warcraft, aber Hardcore. Ja, das ist ein spezieller Modus. Wenn du stirbst, ist dein Charakter weg. Und das ist halt schon hart. Also in WoW, vor allem in Classic, ist das schon hart, weil so ab Level 20 tut es richtig asozial weh, wenn du stirbst. Es tut eigentlich schon ab Level 10 tut's richtig weh, wenn du stirbst. Ich weiß nicht, wie es anders soll. Und da hätte ich schon Bock. Das sage ich dir, was ist, da war ich dann kurze Zeit, für eine gewisse Zeit lang Fulltime-Streamer, das sage ich dir, was ist. Also werde ich wahrscheinlich auch müssen, ich weiß nicht, wie die anderen das machen, ich kenne die Regeln nicht. So genau habe ich es mir nicht angeschaut, wie es genau abläuft. Und wenn du stirbst, fangst du von vorne an. Ich weiß auch gar nicht so recht, was das Ziel ist. Weiß das zufällig jemand? Ich habe mich nicht so stark damit befasst. Was ist denn das Ziel von einer? Ein Kel'Thuzad umhauen. In Nax. Oh shit. Oh shit, der heißt, oh ja, der beißt der Stiegel aus. Scheiße, hilft nichts. Vor allem müssen wir heute auch abstechen, damit wir später wieder schlachten können. Molten Core clearen, also ein Ragnaros down. Komplett, also Molten Core clearen. Ziel ist Molten Core raiden. Ja, es ist ein wichtiger Unterschied zwischen Molten Core raiden und Molten Core clearen. Und zwar gewaltiger Unterschied. Ja, Molten Core Raid clearen, schreibt da. Jeder Grantelbot schreibt zum Beispiel Molten Core von innen sehen. Das kann ich theoretisch. Kann ich das mit Level. Nein, natürlich kann ich es nicht mit Level 10. Da ist eine ewig lange Questreihe dahinter. Das darf mich vielleicht schon gescheit sticken, gell? Aus irgendeinem Grund darf es mich wirklich gescheit sticken. Ziel ist, bis nach MC zu kommen. Okay. Vielen Dank übrigens, merci für den Resub. Fridolin, merci für 5 Monate. Ich habe schon so lange jetzt nicht mehr merci gesagt. Mr. DM, merci für 31 Monate. Schöne Grüße in die Schweiz. Herr Kaldron, merci dir. BM 1000, merci dir. Sonntag, Ruhetag. Ey, hallo, gesund, nice. Dir auch. Ich glaube, ich habe vorher sogar noch gelesen. Benzian, merci für 83 Monate, Alter. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Leseit! Bewirb dich per Video. A Raid ohne Stream. Was? A Raid ohne Steam? Viel Spaß. Hä? Das check ich jetzt gerade nicht, was gemeint ist. Ich muss eine Haiflosse essen, Moment. Hast du schon genug Material fürs Netz gesammelt? Null. Wir haben ja schon wieder 5000 Sachen gleichzeitig. Weißt du was, über das unterhalten wir uns noch im Gameplay. Ne? Wir müssen uns heute noch über Annex unterhalten, wir werden uns auch da noch über das Spiel unterhalten. Weil ich mittlerweile verstehe, was ihr meint mit der Anfang ist echt zack. Gut, ich pimmel da umeinander, der letzte Vollidiot, muss man vielleicht auch dazu sagen. Machen wir die Geschenkerdinger auf, damit wir ein bisschen Lagerplatz kriegen. Was kriegen wir Tolles? Aloe Vera! Das könnte für Wundheilung und so weiter gut sein. Wenn mich nicht alles täuschen tut. Da ist nochmal so ein Ding, probieren wir es nochmal mit dem Segel. Schauen wir mal, ob wir da umkommen. So, ist das noch das gleiche wie vorher? Da war so ein... Nein, das ist anders. Jetzt tust du mal die Sachen daher. Die Baupläne kannst du wegjeeten. Kann ich? Warum? Wo bin die überhaupt her? Habe ich die ja aus irgendeinem Fassel ausgezogen? Ich habe absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So, jetzt machen wir so. So, du kannst dich bewerben, da so viele schon langsam abspringen. Ja, weil so lauter Kackbratzen sind. Weil es lauter Kacknoobs sind. Ich habe mir ein paar so Death-Videos heute angeschaut. Also, bei ein paar sage ich, gut, das kann am jeden passieren. Aber bei einigen Dingen mir also mit, Alter, hast du jemals das Spiel gespielt vorher in deinem Leben? Und dann wirst du für sowas wie wir, verstehe ich nicht. Aber gut. So. Wir müssen da mal wieder ein wenig geißen. Achtung. Ja, müssen wir selber mal wieder was trinken. Isst man mal ein Rüberl. Gibt uns das ein wenig Wasser, weiß ich nicht. Da redet man noch im Gameplay drüber, bis spätestens mal bis 10 vor 10. Wir spielen schon ein wenig. Also ich mag auf alle Fälle das Netz noch bauen. Das ist einmal das Wichtige. Und da mag ich jetzt Ich baue mir jetzt ein Paddel. Paddel! Herstellen! Und Segel plus Paddel. Oh, trinken müssen wir jetzt noch was. Ja, chill. Planken, glaube ich, haben wir genug. Die Schwarze haben wir noch Landwirtsau. Dann muss ich Sonderbeurlaub beantragen, wenn es wie macht. Ja, nicht nur du. Ich auch. Ich auch. Ich muss mir halt einmal anhören, was sind denn so die Stream-Vorgaben? Ich bin ja kein Fulltime-Streamer. Aber ich sag, das ist, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Das ist, was das ist, Alter. Also mit WoW, kann ich mich auch anfreunden.
Vor allem, es geht um Classic View. So, red mal nach der Zockerei. Wenn das interessiert, das kann da wirklich cooles Projekt sein. Und es geht nicht darum, dass ich mich da in andere Streamer eingeiert, weil die können mit mir sowieso nichts anfangen. Deren Communities können mit mir nichts anfangen. Und. Ah, shit, wie haben wir das jetzt? Warte mal. Da müssen wir direkt dagegen fahren, oder? Damit ich da ein bisschen. Da müssen wir jetzt andocken. Andocken! Also, die anderen Communities können mit mir nichts anfangen und ich mit deren Communities nicht. Mir geht's wirklich bloß total gerne mitmachen einfach. Weil mir WoW Hardcore eigentlich schon lang stickt, um ehrlich zu sein. Wieso fährt das jetzt wieder davor? Fahr nicht davor! Wieso ist das jetzt wieder schnell bei mir? Ich schwimme jetzt da um, ist mir wurscht, was der Hai sagt. Ich bin Speer. Und bin schon hinten. Ha! Absolut Frage, was ist das? Kann man das brauchen? Nein, kann man nicht brauchen. Kann ich da irgendwas tun? Da kommt man auf. Ah ja. Was haben wir da? Haufen Zeit gefunden, Jay. Dann springen wir wieder zurück aus. Achso, da startet man quasi genau einmal und fertig. Ich glaube, man kann so oft mitmachen, wie man will. Also du kannst so oft sterben, wie du willst. Die Frage ist, ob du halt, wenn du mit Level 30, 40, 50, oder wird es dann richtig ekelhaft. Oder wenn du in Classic mit Level 50 stirbst, kannst du das schießen, gell? Ich werde einfach mal 1, 2 Tries probieren, wie weit das ich komme. Ich meine, ich habe Classic auch schon seit 1000 Jahren nicht mehr gespielt. Das ist anders wie Retail. Da ist nichts mit, da rennst du einfach durch. Ich habe gelernt Tisch. Ich habe gelernt Plumpsklo. Jetzt kannst du mal sauer aus dem Kopf schlagen, du Sau. Aber da reden wir jetzt noch dem Spiel, aber das kann interessant sein. Und mit dazu der Stücke. Ich weiß, dass das für diese Community hier auf Dauer nichts ist. Das weiß ich. Für einige ja, für einige nicht. Also wir werden nicht unsere normalen Stream-Zeiten und andere Spiele und so weiter werden wir nicht unterbrechen. Das machen wir weiterhin Montag, Mittwoch und mindestens jeden zweiten Freitag. Aber dazwischen halt. So. Dann fange ich halt jeden Tag um 6 Uhr zum Streamen an oder um 5 Uhr Nachmittag bis um 10 Uhr. Das sind so 5 Stunden. Hab! Du scheiß Kackvogel! Einer ist mit Level 50 gestorben. Da wird's. Was meinst du, was da in Molten Core los ist, Alter? Glaubst du, dass ich nur irgendeine Ahnung habe von irgendeiner Gut, Bossmechanik im Molten Core ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn man das mit Retail vergleicht. Aber trotzdem, ein Fehler beim Baron Geddon oder solche Geschichten. Ein Fehler! Und alle 40 Leute sind tot. Segel einholen, danke, dass es mir so. Reden wir gleich drüber. So, was brauchen wir jetzt noch, dass wir das eine scheiß Fangseil bauen? 3 Seil, 2 Nagel. 1, 2, 3. 1, 2. Sammelnetz herstellen. Was zwickt denn da schon wieder so komisch? Was tut denn da? Irgendwas tut da. Was hat denn jetzt da so da? Ich habe überhaupt nichts da. So, Sammelnetz. Das nehmen wir jetzt mal noch hier. Schrott wo? Schrott wo? Ah, da muss man viel bauen, dass das bringt. Da muss ja die ganze Front, in die es die schwappt, muss da richtig bauen. Das wird ein teures Unterfangen. Freunde der Sonne, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Spielchen, wo ich vielleicht einmal offstream ein paar Stunden eintüdeln muss, damit wir uns dieses Gequäle da am Anfang vielleicht nicht antun müssen. Ne? Und vor allem, dass ich ein bisschen besser ins Spiel komme. Schlecht ist es nämlich nicht. Ich finde es nicht schlecht. Es ist einmal anders als andere, wo ich normalerweise sage 0815, 0815, 0815 Survival. Weißt du schon? Aber ansonsten, wie können wir das... in welche Richtung bauen wir einen Wimpel? Wimpel, was brauchen wir da? 3 mal Seil. Seil, 1, 2, 3. Tu mir einen Wimpel her, jetzt da, weil ich nicht weiß, in welche Richtung das uns schwappt. Wo ist der Wimpel? Da ist der Wimpel. Machen wir so. Wimpel wo hinzwickt. Zwick einen Wimpel da hin und dann schauen wir, wo es... Also in die Richtung da. Okay, dann machen wir jetzt einfach einmal so. Dann machen wir einen Außenborder. Außenborder. Oh, dann der Fassler. Oh! Das ist natürlich schon geil. Richtung ist egal beim Netz. Ja, bloß halt, dass ich halt weiß, in welche Richtung das wir fahren. Das ist eigentlich dann wurscht, das können wir auch hinten ohne hängen, oder? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Wir brauchen mehr sichere Netze, die ganze Front muss voll sein damit. Damit man den Hagelscheiß da sparen kann. Ah, das war aber... Ja, fast was ein Programm geworden.
Aber nur fast. So. Dafür war der umso schlechter. Und das mit dem Netz ist natürlich schon ganz geil. Durst und Hunger! Da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Kann man da mal irgendwas bauen? Dass ich da mal... Was das schon? So, da haben wir noch Rüben. Eine leckere Rübe! Die wir wieder dafür platzieren. Dann kann man mal ein bisschen was fischen. Oh, die ist wichtig. Ah ja, die ist sogar auch wichtig. Das Holzding nehmen wir auch noch mit, weil wir gerade dabei sind. Ah, da schwarzen Scheiße. Oder ein Quallen, schon. Kann man mit denen was durchspielen, ne? Wir werden sehen. So, also mal so kurz, um das Ganze einmal abzurissen. Es ist halt einfach schon wieder... Also, Phase 1. Woran merke ich, dass das Spiel nicht schlecht ist? Es ist 10 und ich check gar nichts. Gut, kann vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir uns seit 2 Wochen nicht mehr gesehen haben. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Problem ist ein bisschen, wie es einige schon geschrieben haben, ja, der Anfang ist ein wenig zack. Und ich sehe auch warum. Das ist die Leute sagen. So, ich muss was trinken. Tu mir was zum Trinken jetzt da. Flüssigkeit ausschütten, tu mir Wasser her. So. Das Wasser ist ja eigentlich nicht das Problem. Was ist denn mit den Dingen da? Jawohl. So, da pflanzen wir gleich wieder 3. Die nehmen wir auf, die platzieren wir, damit wir da mal sauber was zum Essen haben. Und was ich da wenig dazu komme, ich meine, ich habe mir ein bisschen selber so ein bisschen ein Ohr gelegt. Mein Spiel startet am Freitag. Mein eigenes. Ja. Ich habe ein Browser-Game gemacht, an dem arbeite ich schon seit Ewigkeiten, also richtig lang, eigentlich seit 2014. Natürlich nicht durchgehend, ich bin ja nicht besoffen. Aber die letzten Monate. Hat mir jetzt da wieder ein Stückchen rausgebissen, der Huhn. Dann bauen wir es wieder ohne. Dann bauen wir es wieder ohne! So, Wimpel gut, alles gut. Bladel! Nein, nicht. Ach, du sollst es nicht hinbauen, du sollst das Ding einsammeln. Man nur so ein zweiter Außenborder, so ein zweites Außennetz, das Sachen links auffangt und vorn. Das hat schon nicht schon, das sagt der eh. Da haben wir, gell? Dann brauchen wir da 7 Seile, 2 Nägel. Da bauen wir direkt noch eins! Oh, da nicht. Da brauchen wir noch ein Seil. Da brauchen wir noch ein Seil. Und vor allem, ich glaube, das da ist ganz cool. Da ist Fasselhausen, schau dir das an. Bist du deppert? Bist du deppert? Herstellen. Das biegt man da nicht. So. Und dann gehen wir mir... Ja, an der Insel haben wir jetzt vorbeigefahren, aber das ist mir jetzt wurscht. So, sanftes Drehen. Tu mir das Fassel her da. Tu mir dir gleich mal das Fassel her da. Da ist Fasseltown. Nauf auf die Insel! Jetzt müssen wir erstmal den Schunter zusammensammeln. Hoppala. R drücken für sanftes Drehen. Wie ich mittlerweile auch verstanden habe. Ja, das schaut gut aus, das schaut gut. Ja, und jedes einzelne... Jetzt ist mir Hagel hier, Kruzifix. Hagel war wo? Scheiße, Hagel wo? Plastikhagel, her mit dem Schund. Ah, die Kisten da draus ist auch nicht ganz unwichtig. Wieso kann ich jetzt nicht mehr gehen? Wieso? Muss ich mal ein Rüblein essen? Essen wir gleich mit 2, machen wir 2 so Geschenk auf. Du bleibst schön brav da. Und dann noch mehr, wir brauchen das Ding da hinten. Da mal. Fast like so. Oh, schau dir das an, die Dinger haben eine voll OP. Die Teile haben voll overpowered! Wo fahren wir mich hin? Da war doch irgendwo... Ah. Komm mit dem Klumpen! Jawohl! Easy. Jetzt haben wir Zeug zum Saufrudern wieder. Sammelnetz. Wir brauchen 8 Seile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der klappt natürlich wieder ums Arschlecken nicht. Ist ja klar. Dann holen wir uns da das eine... Komm mit mir, Bro. Schau, Samurai. Oh, das machen wir wieder zu. Damit es uns da nicht wegdriftet. Oder sollen wir zur Insel? Die Insel schauen wir uns noch an. Die Insel schauen wir uns noch an. Habt ihr halt eigentlich schon mal auf den Like-Button drauf gesmashed? Hä? Herr Michael, mehr als für den Fünfer. Tipp! Wenn Crafting-Objekte fehlen, kannst du auf das Symbol des fehlenden Typs klicken und es so schnell craften, solange es vorhanden ist. No. Wenn Crafting-Objekte fehlen, kannst du auf das Symbol des fehlenden Typs klicken. So,
wie du das machst, weiß ich nicht. Aber das glaube ich, hast du jetzt, glaube ich, schon 25.000 Mal hundertprozentig in den Chat reingeschrieben und jetzt schaut es aus, als hätte ich gewartet, bis du nähst. Das mag ich nicht. Zieh den Fünfer zurück. Wie du das machst, weiß ich nicht per YouTube. But do it. Ich habe es erst 4-mal in den Chat geschrieben. Herr Sierbier, ich weiß schon, aber ich bin so überfordert. Du merkst das doch. Machen wir so. Dann bauen wir noch ein Sammelnetz. Sicher bauen wir noch ein Sammelnetz. Hat du gemeint? Kann man da einen richtigen Außenborder ohne bauen? Nicht wirklich, gell? Aber ich kann ja einfach so mal. Weil das können wir ja eigentlich hinten ohne bauen, oder? Wir können doch das eigentlich einfach auch so. So hinten ohne bauen. Wenn ich das empfehle. Das probieren wir jetzt leider nicht der Hardway. Habe ich das dann wieder? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das bauen wir da hinten ohne. Und da machen wir so. Das bauen wir da so hinten ohne. Oh, da haben wir schon wieder einen Durst. Wir hätten wir schon wieder mit Süßwasser füllen. Jawohl. So, das nehmen wir wieder rein. Dann machen wir das Geschenkpapier auf. Dann machen wir mal den neuen Tag. Hier schlafe ich. Kriegen wir schon. Wölfchen meldet sich gerne fürs Offscreen-Coaching. Hier, du kannst gleich mal ready machen, spätestens. Ich weiß nicht, ob er. Frage 1. Frage 1. Sollen wir das nochmal spielen? Ich bin dafür ja. Das hätte jetzt eigentlich nicht sagen sollen, weil da hat es ihr gerne einmal kurz beeinflusst. Ich würde sagen ja, weil wir noch nicht recht wirklich fake gesehen haben. Und egal, das Spiel könnte Potenzial haben. Ja. Wenn dem so ist, smashen Sie den Like-Button. Das ist mal das Allerwichtigste. Da sehe ich. Und wenn das was kann, und ich glaube, es kann was, vor allem im Koop, kann es wirklich ganz cool sein. So, ich befürchte bloß, dass wir mir die Insel nie wiedersehen, weil die ist jetzt einfach aus dem Horizont verschwunden. Ich glaube, die war da hinten irgendwo. Ja, wir haben erst 5% gesehen. Ja, das denke ich mir schon. Dass da noch sauber himmelweit feit. Und bei Serie-Spielen muss man sich halt einfach Zeit lassen. Und wir haben den, wie soll ich sagen, wir haben den Survival, ich brauche mehr zum Essen. Habe ich da nichts anbrandelt mir. Kann ich Kartoffeln grillen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen auch mehrere See in die Kiste. Wir brauchen von allen mehrere. Es ist, ich pimmel da umeinander wie der letzte Vollidiot. Und ich glaube, im Koop geht halt einfach alles schnell. Geht halt einfach alles schnell. Da komme ich da hin. Und das Arschlecken nicht. Nehmen wir das Ding da her. Ich will das Fass. Gib mir die Fassel. Ohne den Hai, bitte. Ja, Kartoffeln kannst du grillen. Das habe ich mir fast gedacht. So, um die Symmetrie beizubehalten, sonst kriegt mein innerer Monk einen Schlaganfall, machen wir jetzt einmal so. Ja. Das nehmen wir mit. Ja, da sammelt sich der Scheißdreck schon drin. Aber was wir da wahrscheinlich besser machen könnten, jetzt pass auf. Ja, das Inventar gefällt mir noch nicht so ganz, aber gut, das ist so typisch, das typische Minecraft. So, machen wir so. Was brauchen wir, dass wir nur eins bauen? Oh, Planken uns, jetzt gingen uns sogar Planken aus. Oh mein Gott. Und wir haben schon wieder komplett am Arsch der Welt. Mach das Ding wieder zu da. Kriegen wir schon. Haben die da gewassert? Ich glaube schon. Blankerleini. Und dann müssen wir mal was essen, Kruzifix. Ah, das kriegen wir schon. Salzwasser. Das tun wir auch weiter. Langsam soll jetzt uns doch eigentlich Richtung Schrott sparen, oder nicht? Ich sehe keinen Schrott mehr. Hat der Chef einem Fisch einen Namen gegeben? Nein, noch nicht. Ich meine, der hat einen Namen. Oder muss ich ihm den geben? Weiß ich nicht. Entweder habe ich es schon wieder überlesen oder keine Ahnung. Ja, jetzt halt, das Ding frisst man jetzt, das ist gut. Das legen wir. Der passt hier nicht hin. Dieser geschisste scheiß Lachs. Und dann brauchen wir gleich die nächste. Möwenzepp, du kannst dich sofort wieder schleichen. Ich höre dich schon trapsen. Ich höre dich. Nein, der hat einen in der Story, wenn man liest. Ja, lesen ist nichts für uns. Lesen, das ist nichts für uns. Für das habe ich euch. Hallo? Das lese ich zwar nicht, aber ist egal. Aber wo? Schrott, wo? Ah ja, da kommt er wieder langsam. Wird schon. Vogel! Wo war denn der Vogel? Der hat einfach bloß gepiepert. Der verdammte Vogel.
So. Also das ist nach wie vor vorn. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, wir haben Zeit looten müssen, das hilft ja nicht. Ich meine, das ist ja ein Grundbestandteil des Spiels, ja. Scheißdreck einsammeln. Sachen ausbauen. Es soll ja ewig dauern. Aber von einer Story habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Ich habe eigentlich gemeint, das ist zumindest ein bisschen was, weißt du schon? So wie es in The Forest halt auch ist. Es ist jetzt auch nicht der Teufel an Story in The Forest, aber halt ein bisschen. Aber da muss man sich eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, genauso einwursteln. Ja, wir brauchen eine ganze Front von den Sammeldinger, weil ich einfach zu faul bin. Wir fahren aber auch genau dazwischen durch, dass ja nichts hängen bleibt von dem ganzen Schund da. Jetzt da mit dem Schund. Wie schaut's da aus? Das Holzbredelklump. Wir brauchen einen besseren Grill, wir brauchen mehr Fläche, wir brauchen mehr alles. Die Frage ist, wir bauen in Breeden. Natürlich bauen wir in Breeden, das andere macht überhaupt keinen Sinn. In die Breite, meine Damen und Herren. Aber ja, wir haben schon wieder auf dem Weg. Aber ich fürchte, da muss ich offstream einfach einmal ein bisschen reinzocken, damit wir einfach da mal ein paar Mats vor allem haben, damit wir nicht 2 Stunden da den Hagel in der Wegschicht umeinander werfen und sonst nichts tun. Das, glaube ich, war nicht ganz unwichtig. So. Was brauchen wir? Na, oh, ich warne dich! Ich warne dich! Ich sehe schon. Das müssen wir anders bauen. Das müssen wir ins Schiff einbauen. Ja, ich hab's schon verstanden, glaube ich. Sonst beißt er uns das Ding kaputt. Oder? Verstehe ich das richtig? Dass man da so einen Rahmen rundherum baut? Ja, mei, dann fangen wir an damit. Hier. Du kannst dein Floß auch richten. Jetzt ist bayerische Ingenieurskunst gefragt. Ja, ich hätte jetzt, wir müssen erst Breeder werden. Jetzt pass auf, kann ich einfach so die Floßteile, das zum Beispiel abbauen? Oder wir können 40% Gesundheit für weitere Teile halten, Blockauswahl. Aber, ja, aber da brauchen wir Holzplanken. Und schon haben wir Holzplanken. Ja, ich verstehe schon. Sehe ich irgendwo Gesundheit? 10% Gesundheit. 60 und dann kann man das wieder richten, das Klump. Ja, da müssen wir einen Rahmen rundum bauen. Aber schon, oh, da haben wir noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Damit der Hai natürlich nicht in die Dinger da einbeißt, sondern, weißt du schon, wie der man jetzt da umdümmen. Kann man die Teile abreißen? Kann man die abreißen? Mit X hat's geheißen, gell? Aber die, kann man Böden abreißen? Das Ding da? Und das für weitere Teile halten. Fundament. Holzdach? Holzsäule? Du Arschloch! Jetzt hat man eins zusammengießen, das Mistviech. Ja, da ist man schon sehr beschäftigt den ganzen Tag. Das sagt er, wie es ist. So. Vogel! Du kannst nur mit der Axt kaputt machen. Fassel gefunden, schon. Das war einfach an uns vorbeigegangen. So, wie der wir jetzt da am geschickten. Okay, ja, aber das haben wir auch mit der Hardware lernen müssen. Kriege ich da Ressourcen zurück? Ja. So, nehmen wir das Ding. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Das weiß ich nicht. Oh, was habe ich nicht so? Ach, auf Q wirft man Sachen weg. Lass das so sagen. Immer mal was gelernt. So, dann nehmen wir das Ding weg. Und dann... Was passiert denn jetzt, wenn ich das Ding ausreiß? Was passiert denn dann?
fallen dann die im Eck rundherum. Wir probieren es einfach. Das wollte ich wissen. 1. 2. 3. Und dann, wie war das? Rechte Maustasten halten, dann brauchen wir... Erhöhter Boden. Oh, da kannst du ja voll... Was ist denn jetzt kaputt? Fundament Rüstung. 3 erhöhter Boden. Ach du Scheiße. Da kommen wir ja. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt platzt mir gerade der Kopf. Jetzt habe ich gerade was entdeckt. Jetzt habe ich gerade was entdeckt. Jetzt hat es mir gerade einen Schädel zerrissen, was... Okay. Alles klar. Spielen wir das Spiel nochmal. Selbstverständlich spielen wir mir dieses Spiel nochmal. Jetzt hat es gerade kurz Klick gemacht. Ja, man muss die Sachen ja nur entdecken. Ja, ihr wisst es ja, wie es ist. Kann man da reinfallen? Kann ich einfach drüber gehen? Ja, super, Alter, muss mir sagen! Muss mir etwas sagen! Oh, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ah! Jetzt schwappt es aber daher, es kommt. Ja, da bauen wir mir links und rechts 2 Flügel aus, die den ganzen Tag nichts deren wie das Scheißdreck sammeln. Kinder, ist euch das schon bewusst? Jetzt mag ich aber auch nicht mehr aufhören. Jetzt machen wir mal so. Haben wir noch Netz? Ah, wir haben kein Netz mehr, gell? Aber wir können uns bauen. 1. Auf. Dann tun wir noch... Ah, stopp. Das hat mir vorher jemand gelehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch ein Nagel. Dann bauen wir noch eins. Dann schaut doch das gut aus. Ah, jetzt hat es gerade Klick gemacht, meine Damen und Herren. Ah, nein, dann liegt es den da draus, gell? Das ist nix. Gehen wir jetzt da hin und da hin. Wir brauchen was zum Dringen. Oh, jetzt hat es gerade Klick gemacht. Ja, ah! Du Arschloch! Hörst du auf fest! Lass mich! Noch mein schönes Eck, du Huren! Jetzt sie fix. Jetzt habe ich keine Planken mehr. Haben wir schon soweit. Jetzt habe ich wieder Planken. 2. Oh, Schildkrötis! Kommen die jung? Als Schiffbrüchiger darf man diese Fragen stellen. Ich möchte keinen Ton hören. Eigentlich könnte man ja dann da noch einen herbauen. Jetzt probieren wir mal, ob es das Eck raushaut. Nein, tut's nicht. Kannst gleich mal da bleiben. Oh, bleib mal da. Haben Schildkröten eigentlich Knierscheiben? Sagen wir mal, jetzt schwappt ein Loot von links und rechts. Das Spiel merkt, dass ich aufhören möchte, gell? Oder mehr oder weniger muss. Pass auf, dann werden wir das da noch weg. Ah, schmau, das brauchen wir das Hacke dazu. So, so. Und da ziehen wir so einen ohne. Und da ziehen wir so einen ohne. So! Das schaut doch jetzt schon einmal vernünftig aus. Da können wir uns sauber aufführen. Und nächstes Mal bauen wir ein Oberdeck. Wir bauen einfach oben drüber drauf. Ja, schwappt das Zeug. Hagelt die Schildkröten! Nein, kann man die essen? Weiß ich nicht. Haben Schildkröten Knierscheiben? Ich meine schon. So, jetzt wird's finster. Ah, und jedes Mal, wenn es so blub blub macht, dann weiß ich, dass der Zeug geschwappt hat. Das ist gut, das ist richtig gut. Ah, das ist richtig, das muss noch breiter werden. Das muss noch, da noch 2, 3 aussehen und da noch 2, 3 aussehen und dann können wir das Expandieren nach vorne anfangen. Nach vorne, 2. Stock, Segel oben auf und da eine richtig coole... Ah, jetzt hat es mich angefixt. Jetzt hat es mich angefixt, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hat es mich angefixt. Klingt das schon zum neuen Ding? Jawohl. Ja. Intermediate Survivor. Survive for 7 days. Schau hier, haben wir schon zusammengebracht. Haben wir mir noch irgendwas zum Essen, was Anständiges? Da frisst mir jetzt ein Rüblein.
Rübe platzieren. Dann trinken wir noch was. Jawohl. Dann wir da noch ein Wasser rein. Welt speichern. Welt gespeichert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte innigst darum, auf den Like-Button zu smashen. Jetzt hat's mich angefixt. jetzt war so der Zeitpunkt, oh ja, jetzt. Ah, jetzt, ja. Was der Sprengel schreibt, auf dem Witz sitzt halt schon ein paar Stunden drauf. Ich hab die schon gelesen vorher. Ob er das Spiel rafft? Herr Geisberger, nochmal, Hammermenü, Metall und Nägel, außen verstärken. Nochmal, das schaue ich mir noch schnell. Das mag ich noch schnell sehen. Hammermenü. Was ist das Hammermenü? Hammermenü. Na, ach, du meinst, ja, ich check schon. Warte, ich muss. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eine Rübe essen. Hammermenü, Rechtsklick. Metall und Nägel. Was ist denn das da? Metall und Nägel. Meinst du das da, diese Fundamentrüstung, bitte zusätzlichen Schutz für dein Fundament? Das habe ich vorher schon gesehen, aber ich habe ja noch keine Metallbarren. Ich habe so das Gefühl, dass man... Die Fassel muss ich mitnehmen. Das ist alles, was wir später nicht mehr looten müssen. Ah, schau her. Jetzt wo es einen Loot hagelt, da kommen wir da auch mal ein bisschen vorwärts. Ja... Wird schon. So, jetzt müssen wir aber nochmal schnell speichern. So. Habe ich das richtig, Herr Geisberger, habe ich das richtig gesehen? Ja, dann kommt halt Ignerps Kapakor. Temporär blockieren. Ab und zu schwebt der Mauszeiger schon über Temporär blockieren. Kann er noch nicht, ihm fehlt dafür Eisen. Auch Sprengi, der ist immer geil, wenn man den Punkt beim Spiel erreicht hat, wo man angefixt ist. Das ist absolut richtig. Und es ist 4 in der Früh. Das darf jetzt passieren, ja. Dann kann der Hai deinen Floß nicht mehr beißen. Kann er es dann gar nicht mehr beißen oder hält er bloß mehr aus? Aber ich habe so das Gefühl, wir haben noch so weit weg vom Metall. Ich habe noch nicht einmal gesehen, wie man Metall überhaupt abbaut. Und wo. Vorher hat jemand geschrieben bei Inseln am Riff und so weiter. Aber ich habe auch schon lange keine Insel mehr gesehen. Es hält mehr aus. Ja, okay. Ja, aber was, der Herr Geisberger hat mir schon ein paar gute Tipps gegeben. Der schreibt jetzt, es ist unzerstörbar. Und das Wölfchen sagt, es hält mehr aus. Na, warte noch. Herr Thomas! Kurz Eis noch benannt. Das wünsche ich dir auch. Merci für 130 Monate. Heute 10, merci für 7 Monate. Habe ich dritte auf Rosen Eis ebenfalls. Merci dir. Jetzt speichert! Kruzifix ist 20 nach 10, war das 20. Ja, jetzt darf ich halt gerne weiterspielen, aber es ist, was es ist. Freunde der Sonne, ich denke, das spielen wir nächsten Montag auf der Stelle nochmal. Wahrscheinlich aber voraussichtlich nochmal eine Runde Solo. Ja? Und ich versuche mich ein bisschen besser zu konzentrieren. Vielleicht komme ich auch dazu, aber ich glaube es halt nicht, weil eben, wie gesagt, mein Spiel anfängt am Freitag um 20 Uhr. Da kommen wir aber jetzt auch gleich noch dazu. Wen mein Spiel interessiert, der soll jetzt noch dran bleiben. Und über WoW kann man uns eigentlich auch noch kurz unterhalten, weil offensichtlich habt ihr da mehr Ahnung wie ich. Ich habe mich nicht so damit befasst. Ich habe halt nur beiläufig halt mitgekriegt. Aber wie die Regelungen genau sind und so, keine Ahnung. Gut, spielen wir nochmal. Und übernächste Woche kann ich mir dann einen Community-Zock vorstellen. Vielleicht kann ich mir auch schon nächste Woche einen Community-Zock vorstellen. Und ich glaube, das Spiel haben genug Leute, dass wir da... Vielleicht können wir spielen. 4. Also ich plus noch 3 andere. Wyfin schreibt, an sich finde ich das Spiel schon sehr cool, aber ein bisschen mehr Erklärung war schon super. Ich war halt ähnlich, wenn nicht schlimmer lost wie du. Ja, das ist jetzt auch das Einzige, was ich dem Spiel ankreiden muss. Die Steuerung ist ein bisschen seltsam und es ist halt nichts erklärt. Nichts. Und die ganzen Mechaniken, die haben so einzigartig, die habe ich so natürlich in der Form schon mal irgendwo in einem Spiel gesehen, aber sie sind schon ein bisschen auch das mit dem Becher vorher. Habe ich überhaupt nicht klar gekommen. Was möchte denn der von mir jetzt da? Kruzifix nochmal. Der Joachim schreibt, soll ich dir wieder den Farmboy machen? Da fühlt man scheppern. Das muss immer fair ablaufen, das ist immer ein bisschen schwierig. Da machen wir das Gute, weil wer zuerst kommt, malt zuerst. Ganz einfach. So. Easy. Ja, war eine gute Entscheidung. Der Survival Januar ist immer ein guter Januar. Vielleicht wird es auch nur ein Survival Februar, weil schwierig wird es mit Spielen. Ich sag's euch freiwillig, wie es ist. Resident Evil 9 kommt erst Ende Februar. Das James Bond Spiel ist verschoben worden. Ich glaube auf irgendwann im Mai. Das waren so die einzigen 2 Spiele gewesen, wo ich sage, Dann das WoW-Addon kommt, ja, aber das ist eigentlich nichts für einen Stream da. Da können wir mal 1, 2 Mal reinhauen am Anfang. Und vielleicht, wenn wir fertig sind, also wenn
Ich sag mal, wenn jeder M plus 10 clear hat, dann können wir sowas nochmal machen oder nochmal ein Raid. Ja? Wobei wir mir mittlerweile zu wenig Leute haben, intern bei uns, dass wir überhaupt einen Raid zusammenkriegen. Dann kenne ich ja die Raid-Bosse nicht so. Dann wird das bloß ein Chaos, das war ein Krampf. Aber gut. Da findet man schon was. Wir haben bis jetzt immer was gefunden, was es selbst ist. Harz, mehr als 11 Monate. Immer noch die beste Hintergrundunterhaltung. Beim Lernen zur Klausurenphase werden erstmal alle alten Streams aufgeholt. Danke für die Gaudi. Nicht dafür. Herr Hannas, Frau Hanna S., ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es so eine gute Idee das ist, dass man mich anhört, währenddessen man lernt. Ich weiß das nicht. Löwensepp, Evelyn, kannst mal Bellride anschauen, geht auch Koop. Das notiere ich mir jetzt. Spiele schauen wir jetzt nicht an. Jetzt schauen wir keine Spiele, ich habe nämlich jetzt einiges zu erzählen. Jetzt nach dem Gameplay schleichen sie wieder alle, das weiß ich ja eh. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen, es ist mir ein Fest, wieder zurück zu sein, es fühlt sich nicht an, als wäre ich weg bin. Ja, die 2 Wochen, zack, Weihnachten vorbei, zack, Silvester vorbei, bin wieder da, fertig ausarmen. Meine Damen und Herren, war ein gutes Spiel, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls Sie sich jetzt schleichen und nicht mehr interessiert an meinem Spiel sind und auch nicht interessiert an dieser WoW-Geschichte, dann hauen Sie sich hinein, wir singen unseren Micker mit Green Hell. Das wird ein ähnliches Spiel, bloß dass wir da nicht auf einem Floß festsitzen, sondern wahrscheinlich auf einer Insel. Wir werden sehen, was passiert. So, wo sind wir jetzt? Gibt's dein Game bei Google Play? Nein. Du brauchst kein Google Play. Noch nicht. Also gut, brauchst generell nicht. Vielleicht gibt es irgendwann als App. Ja. Also jetzt passt zu mir beobachtet. Freunde der Sonne, bevor sich wieder jeder davor schleicht, ich habe das letzte Jahr, glaube ich, ein gutes halbes Jahr, wenn man alles miteinander zusammenzählt, in jeder verfickten freien Minute an meinem Spiel gearbeitet, das ich eigentlich 2014 schon angefangen habe, dann habe ich es 2020 einmal ausgegraben, wie das da alles angefangen hat. Einige erinnern sich da sicher auch noch dran. Wer das damals gespielt hat, wird es nicht wiedererkennen. Spielmechanisch vielleicht ja, aber optisch nicht. Es ist mittlerweile spielbar auf dem Handy, nicht nur am PC. Es ist ein Browser-Game. Ja? Was ist ein Browser-Game? Ich zeige das jetzt einfach einmal da so her, weil das werden wir eh so sehen. Also machen wir den Schmarrn da einmal ziehen. Du brauchst nichts installieren, du brauchst keine Apps, du brauchst keinen starken PC. Du brauchst bloß ein Gerät, mit dem du browsen kannst. Im Internet, via Internetseiten. Das Spiel ist im Prinzip via Internetseiten, aber halt auf Crack. Ja, es ist im Prinzip nichts anderes. Ich schalte jetzt da einfach mal, ist da irgendwas, was kann, was angeht? Ich denke nicht. Schauen wir mal da her. Friends of the Sun. Ich mache jetzt ein bisschen größer. Das ist mein Spiel. Das Spiel heißt Annex. Du kannst dich nicht mehr registrieren dafür jetzt. Warum? Der Wipe wird kommen für alle, die schon spielen und das schon ausprobiert haben. Der Wipe kommt morgen oder übermorgen. Heute in der Nacht schaltet ihr ein Login aus, dann könnt ihr euch nicht mehr einloggen und wir euch alle aussehen und Registrierung ist sowieso aus. Und ja. So, was ist ein Browser-Game? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist so beschissen zu mir erklären, dass es ganz aus ist. Du gehst auf annex.gg. Ja, das ist eine ganz normale Internetseite. Der YB hat es eh schon eine gepostet. Ich glaube, da brauchen wir auch mal einen Nightbot-Command dann mit Ausrufezeichen Annex oder so. Wir fangen mal da. Wir fangen mal da jetzt an. Es ist ein Echtzeit-Aufbaustrategiespiel. Du baust im Prinzip Kolonien aus. Es gibt verschiedene Gebäude, jedes Gebäude kann was anderes. Die grundlegende Sache, die es zu verstehen gilt, und warum ich so darauf hängen geblieben bin und diese Art von Spiel ganz cool finde, alles passiert in Echtzeit. Das heißt Folgendes. Ich habe jetzt da in meiner Kolonie, die heißt Kühlschrank 1, die ist auf einem Eisplaneten, da schneit es gibt verschiedene Wettersachen, es gibt verschiedene Rohstoffe, man kann angegriffen werden von anderen Spielern, man kann, das ist Map, jeder andere Spieler hat da auch so eine Kolonie, du kannst die mit anderen Spielern zusammen da in einem Netzwerk, was nichts anderes ist wie eine Gilde, die werden da dann orange angezeigt, du kannst dir das anschauen, wer das ist, du kannst ihm Unterstützung von Truppen schicken, du kannst ihm Rohstoffe schicken, du kannst ihn einfach einmal anschauen, was hat er denn so alles, du kannst dich mit ihm unterhalten, es gibt einen Chat und so weiter. Und alles passiert in Echtzeit. Das bedeutet, ich habe jetzt da fast alle Gebäude gebaut, aber es gibt noch ein weiteres, nämlich zum Beispiel das Netzwerk-Hub. Ja, jedes Gebäude kann was anderes, ich erkläre jetzt nicht jedes einzelne Gebäude im Detail, weil sonst sitzt man nächstes Jahr noch dort. Das ist ein bisschen komplexer, als man das denkt. Die kosten Rohstoffe etc. und das baue ich jetzt da hin und da steht dort 26 Minuten und 42 Sekunden.
Jetzt sagst du natürlich, Alter, ich sitze mir da jetzt in 26 Minuten davor und schau zu, bis das Ding da fertig ist. Sollst du auch nicht. Ich mache das Spiel jetzt zu. Und im Hintergrund laufen die 26 Minuten weiter. Am allereinfachsten ist zum Erklären, die meisten Leute kennen Spiele wie die Stämme, O-Game, Travian. Es ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Eigentlich das Gleiche. Bloß halt einfach mit den Mechaniken ein bisschen anders. Ja? Natürlich nicht so komplex wie Travian zum Beispiel. Ja? Da sitzen 300 Leute dahinter, die das programmieren. Das da habe ich allein gemacht. Von vorn bis hinten. Selbstverständlich nutze ich KI zur Unterstützung mittlerweile, weil ich ein Vollidiot war, wenn ich es nicht tue. Wo Echtgeldwährung? Ja, Dampfexpress kommen wir gleich dazu. Jetzt sagst du, guter Punkt. Wo ist Penner Game? Ich glaube, Penner Game ist auch sowas. Ja, wenn ich mich richtig erinnert. Was mir jetzt da, das erste, was mir auffällt, ist, meine Gebäude sind beschädigt, das gefällt mir gar nicht. Da gehe ich ins Hauptquartier hinein, gehe in den zweiten Reiter, hier, repariere den Bums. Zack, reparieren, dauert 1 Minute, das dauert 10 Sekunden, das ist nicht so beschädigt. Wie lange dauert das? 40 Sekunden. Dann haben wir die Kaserne, die ist beschädigt und die Waffenfabrik ist auch beschädigt, die dauert 4 Minuten 30. So, das Lager ist zum Beispiel wieder voll ausgebaut und so weiter und so fort. Alles hat Auswirkungen im Spiel, haben die Gebäude kaputt, sind schwächer, produzierst weniger Rohstoffe pro Stunde. Lauter solche Geschichten. Im Prinzip, also wenn ich da jetzt anfangen müsste, das von Grund auf zu mir erklären, wie das Ding funktioniert, dann sitzen wir jetzt 1 Stunde da. Das ist unmöglich. Erinnert an Brood War StarCraft? Ja, eben nicht. Eben genau nicht. StarCraft ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Ja? Das ist auch ein Echtzeit-Strategiespiel, aber nicht so, wie es du vorstellst. Gehen wir mal in meine Bumsbude, da habe ich einen Haufen Truppen. Ja? Es gibt ein Stein-Schere-Papier-System mit Truppen, es gibt Infanteriefahrzeuge und Flugzeuge, optisch gekennzeichnet, einmal, dass man es natürlich hoffentlich erkennt, was ist. Das ist Infanterie, das sind Fahrzeuge, das sind Flugzeuge. Man sieht das da auch innerhalb von seiner Kolonie, aber es ist halt nicht so wie in StarCraft, dass du die jetzt markierst und dann schickst du die zum Gegner um. Das ist not how it works. Es ist ein Browser-Game. Darum, man greift Leute zum Beispiel so an. Du gehst auf die Karten, dann haben da, das ist jetzt auch ein riesen Clusterfuck, Alter. Das sind Kolonien von 2020 bis heute. Da haben alle tot. Ja, das sind alles tote Accounts fast. Da rührt sich fast nichts. Da passiert nicht recht viel. Das ist meine Kolonie, ja, wo ich gerade bin. Hier, Birger, Bumsbüde, bla bla bla. Und ich habe jetzt da zum Beispiel einen Gegner direkt neben mir. Das ist der Bolke, Midgard. Den mag ich jetzt angreifen. Dann klicke ich da drauf. Dann geht meine Kaserne automatisch auf und dann kann ich auswählen, welche Truppen das ich ihm schicke. Ich schicke ihm jetzt einmal 2 Space Marines. Die brauchen noch da drüben 4 Minuten. Zack, klick drauf. Jetzt dauert es 4 Minuten. Du siehst, die ist da in so einer kleinen grünen Linie. In 4 Minuten kämen die Truppen bei ihm an und dann wird ein Kampf verursacht mit den Truppen, die er in seiner Kolonie stationiert hat. Er sagt jetzt links oben bei sich so einen roten Kasten, dass er angegriffen wird. Irgendjemand, Leuchtrauschkugel, hat mir gerade 8000 Raketen geschickt. Dankeschön. Aber er sagt, dass er angegriffen wird und dann kannst du reagieren. So, was möchte ich? Platziere ich meine Truppen in meiner Kolonie und lasse den Kampf geschehen und hau ihn zusammen, dann kriegst du einen Haufen XP und so kannst du natürlich aber auch Truppen verlieren und du kannst den Kampf natürlich auch verlieren. Was passiert dann? Dann klaut er der Rohstoffe. Dann fahren die Truppen wieder nach Hause und platzieren die Rohstoffe in deiner Kolonie. Du nimmst das wieder her, um neue Truppen zu bauen, um neue Raketen zu bauen, um dein Gebäude auszubauen. Jedes Gebäude hat 30 Stufen und hat einen anderen Zweck. Grob überflogen. Es gibt ein Hauptquartier, da sehe ich eine Auflistung von allen meinen Kolonien. Du fängst an mit einer Kolonie auf einem Planeten. Später im Spiel gibt es von Anfang an im Spiel 5 verschiedene Planetentypen. Ein Erdplanet, ein Magmaplanet, ein Sandplanet, ein Eisplanet und ein Plasmaplanet. Auf jedem Planeten gibt es separate Rohstoffe etc. etc. So, aber machen wir es so. Einfach. Das Hauptquartier repariert deine anderen Gebäude. Gebäude können beschädigt werden durch Wettereinflüsse oder wenn da ein Gegner Raketen um mich schießt. Mit einem Explosivsprengkopf. Es gibt eine Wettervorhersage. Wenn der Gebäude beschädigt ist, ist die Wettervorhersage leider Gottes kaputt. Und im Hauptquartier baust du ein Bauschiff. Was macht das Bauschiff? Du kannst ein freies Flächlein wählen. Und dann kannst du das Bauschiff da hinschicken. Das kostet so und so viele Rohstoffe von einem bestimmten Typen. Dauert 3 Stunden 46. Das ist jetzt ziemlich lang. Das Bauschiff tut aber was krass, wenn ich das da hinschicke. Bam.
dann ist das Ding da unterwegs und in 3 Stunden und 45 Minuten gründet es da eine zweite Kolonie. So, dann hast du nicht mehr eine Kolonie zum Verwalten mit deinen Truppen und alles, was es so gibt, sondern 2. Ich, in meinem eigenen Spiel, bin bis zum Eisplaneten gekommen. Hab 5 Planeten auf dem Erdplaneten, 5 Kolonien auf dem Erdplaneten, ein paar auf verschiedene Magmaplaneten und so weiter und so fort. Dann gibt es aber Leute, Herr Leuchtrauschkugel, verzeihen Sie mir. Dann gibt es aber Leute, die da ein bisschen reingesuchtet haben. Wie der Leuchtrauschkugel zum Beispiel. Der hat im Mai schon eingesuchtelt für was weiß ich, wie für 100.000 Stunden. Der hat dann nicht eine Kolonie, sondern halt ein paar mehr. Ja? Ohne Scheiß. Und es gibt auch andere, wenn ich jetzt andere vergieß, es gibt der Sir Artox, der Ramrod und so weiter. Es gibt so viele Leute, die in die letzten Wochen und 2 Monate vor allem nochmal richtig reingezockt haben. Die haben auch einen Haufen Kolonien. Es gibt natürlich eine Rangliste. Ja, der Schmiedi hat damals 140 Kolonien gehabt. Ich glaube zwar, dass er gebottet hat, weil kein normaler Mensch in der kurzen Zeit 140 Kolonien zusammenkriegt. Wenn ich das übrigens außerfinde, lösche ich deinen Account. Also, damals war es mir wurscht. Jetzt geht das Spiel dann offiziell online. Dann ist es mir nicht mehr wurscht. Wenn ich dir das nachweisen kann, was ist mit dir? Natürlich die Stimme abgehauen. Wenn ich dir das nachweisen kann, dann war es das mit dir. Dann gibt es ja keine Diskussion und da gibt es gar nichts. Wenn ich die Vermutung habe, du bottest, hat's die. Ende der Geschichte. Beim Sylvanas weiß ich, dass er gebottet hat, weil ich es ihm aufgetragen habe, dass er es tun soll. Und beim Leuchti, dir glaube ich, dass du die 89 Kolonien von Hand baut hast. Dir glaube ich. Du warst da 3 Monate lang jeden Tag online. Von in der Früh bis auf die Nacht. So. Noob-Minuten botten. Noob-Minuten botten? Also botten. Ja, cheaten. Nichts anderes wie cheaten. Du schreibst dir selber Skripte, die für die spulen. Was natürlich in einem Browser relativ einfach ist. Um ehrlich zu sein. Und wenn ich das und das finde ich außer. Trust me. Wenn ich das außerfinde und du kannst dich nicht mehr einloggen, dann weißt du warum. Der Leuchti hat da gewohnt. Ja. Der Leuchti hat da gewohnt. Leuchti glaube ich, dass er das gespielt hat, weil ich ihm dabei zugeschaut habe. Und mittlerweile geht das Spiel auch viel schneller als früher. Also wer das von 2020 vielleicht noch kennt. Oder sie vielleicht Mitte des Jahres, der Leuchti zum Beispiel, der hat sich da durchgeschunden. Das hat dermaßen lang gedauert, diese vielen Kolonien zu bauen, weil mit jeder Kolonie, die du besitzt, wird die nächste Diana und Diana und Diana. Du baust da dann so ein. Gehen wir einfach weiterhin die Gebäude durch, dann kann ich es grob umrissen, dass ich grob einmal alle kurz grob beschrieben habe. Nicht detailliert. Das Wichtigste, was zum Wissen ist, es ist alles beschrieben, so gut wie es geht. Das Spiel ist nicht fertig. Das ist einmal das Allerwichtigste. Natürlich ist es nicht fertig, es ist nie fertig. Natürlich gibt es ein paar kleine Probleme da, was weiß ich. Hat da herum ein kleines Fragezeichen und ich bemühe mich, dass ich alle Mechaniken, die es im Spiel gibt, in diesen Gebäudebeschreibungen so gut beschreibe, wie es irgendwie geht. Ja, was kann das Gebäude, was passiert, wenn und so weiter und so fort. Das war das Hauptquartier. Die zweiten 2 wichtigsten Gebäude sind Rohstofflager. Es gibt 3 Grundrohstoffe, Titan, Fermium und Radon, die alle 3 gleich viel wert sind. Ja, es ist so das Stein-Schere-Papier-Prinzip, versuche ich durch das ganze Spiel durchzuziehen. Diese Rohstoffe werden pro Stunde produziert. Und zwar, warum jetzt da überall 0 steht, weiß ich gerade, um ehrlich zu sein, nicht, aber wahrscheinlich, weil ich mich gerade mit einem anderen Spieler eingeloggt habe. Das müsst ihr ignorieren. Oder warte, machen wir es gleich so. Leute, ich lasse die wieder in Ruhe. Schauen wir meine Kolonie, das muss gelingen. Hier, Rohstofflager. Da passen halt nur eine bestimmte Kapazität ein. Je weiter das Gebäude ausgebaut ist, desto mehr Rohstoffe passen rein. Und diese 3 Grundrohstoffe, die werden nach Zeit. Also auch wenn du offline und ausgeloggt bist, produziert das Ding Rohstoffe. Solange das Lager voll ist, dann kannst du wieder einloggen und baust irgendwelche Sachen damit aus. Also es ist ein Zeitfresser, das Spiel. Das muss einem jedem bewusst sein. Das ist nicht, du sitzt da davor und es passiert alle 2 Sekunden irgendwas, sondern das ist einfach mal, ja, jetzt muss ich halt da mal 5 Minuten warten. Gibt da Sachen, da muss man mal eine Stunde warten. Gibt da Sachen, da muss man vielleicht einmal einen ganzen Tag warten. Ja, gehört dazu. Dann gibt es 5 Primärrohstoffe. Wasserstoff, Silikat, amorphes Eis, Spice und Plasma. Was ist das? Die werden nicht automatisch pro Stunde produziert, sondern die gibt es da auf diesen Planetenoberflächen. Das sind diese blauen Dinger da. Da baust du einen Extraktor, da haben wir jetzt gerade schon einen da, das ist so ein gelbes Teil, ich habe auch einen da. Ich suche mir natürlich einen in der Nähe
haben wir da her, der ist 8,6 Kilometer weg. Es dauert 17 Minuten 12, bis ich da dort bin und es kostet mir 516 Fermium als Treibstoff zum Hinfahren. Das der wir jetzt einmal beim. Dann kommt das Ding da und fährt da um. Der setzt sich da drauf, baut das ab, dauert eine halbe Stunde und dann fährt er wieder heim und dann hast du den Rohstoff zu Hause. Ja, das ist dann der 4. Rohstoff da herum. Und aus dem baust du Bauschiffe und deine 2. Kolonie, deine 3. Kolonie, deine 4. Kolonie. Es ist viel billiger geworden und geht viel schneller, sie auf andere Planeten zu expandieren. Wie früher, der Leuchte werde ich da vielleicht ein Lied davon singen können. So viel zu diesen Rohstoffen. Dann geht's weiter. Es gibt eine Transportfunktion. Die ist eigentlich selbsterklärend. Du kannst die Rohstoffe und die Erfahrung und Primärrohstoffe und so weiter an andere Kolonien von dir schicken. Ja, es kann jetzt sein, dass du auf deinem Magma-Planeten möchtest du in den nächsten Planeten hinein oder da ein Bauschiff bauen, dann schickst du diese Rohstoffe nach da drüben. Dauert natürlich auch wieder. Je weiter weg die Kolonie, desto länger dauert es. So einfach ist das. Und das ist eine Liste mit laufenden Transporten. Mehr mag ich schon gar nicht erklären. Alles andere steht früher, wenn es noch nicht drin steht, früher oder später in diesen Gebäudebeschreibungen. Da muss aber mittlerweile alles drinstehen normal. 3. Gebäude, Rohstofffabrik. Da kannst du einstellen, wie viel Rohstoffe pro Stunde produziert werden sollen. Ja? Das kannst du abdrehen, jetzt produziere ich gerade 0. Jetzt Stillstand, das ist ja natürlich dumm, ist ja klar. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel, ja, ich habe da ein Loch in Radon, sehe ich da gerade, alles in Radon. Bam! Dann produziere ich da, jetzt ist es übrigens Endgame, am Anfang ist es alles ein bisschen langsamer. Da produzierst du nicht 10.500 Rohstoffe in der Stunde, sondern halt 100 oder 200. Das Ding ist Vollgas ausgebaut. Und sobald du das wieder einstellst, siehst du da herum, dass langsam wieder deine Rohstoffe ticken. Ja, geht wieder langsam nach oben. Das da ist eine Schnellzuweisung, das ist relativ jung, das gibt es noch nicht lang. In anderen Spielen kannst du dir für Geld Ingame-Währung kaufen und dann hast du zum Beispiel so Quality of Life Buttons wie, da musst du da nicht umeinander ziehen wie ein Idiot, sondern du kannst einfach da umeinander klicken und es verteilt dir zum Beispiel automatisch alle 3 Spuren der Rohstoffe gleichmäßig. Oder du sagst, ich brauche jetzt bloß Titan und Fermium. Oder du sagst, ich brauche volle Kanone Radon. Dann kannst du da umeinander klicken. Das gibt es bei mir nicht zu kaufen. Das ist eine Technologie, die du für jede Kolonie freischaltest und dann hast du diese Quality of Life Geschichten. Ja? Ich versuche hier meine jahrelange Predigt über Leid, die anderen Leute das Geld mit Gewalt aus der Tasche ziehen, zu verhindern, was es kostet. Es kostet nichts. Versprochen. Es gibt in dem Spiel keine Werbung, außer von mir selber vielleicht, dass ich da eine schreibe, hey, da kauf Annex T-Shirt. Oder was weiß ich, soweit haben wir nicht, das ist ja vollkommen unwichtig. Du musst es nicht kaufen, du hast vollen Zugriff, du wirst nirgendwo genervt, nirgendwo Druck hindert, du bist nicht langsamer, nichts davon. Jeder, der will, kann das Spiel spielen, ohne dass er einen Cent Geld zahlt. Das ist das Allerwichtigste. Das ist eine Quality of Life Geschichte, wo du halt einfacher tust, die man in anderen Spielen gerne kaufen muss. Bei mir schaltet das mit einer Technologie frei. Und der 2. Reiter ist der Rohstoffextraktor. Da sieht man jetzt gerade, bewegt sich zu Rohstoff, das dauert nur 13 Minuten irgendwas. Wenn wir da auf Karten gehen, dann sehen wir den da auch fahren, im Übrigen. Also der fährt da auch langsam da hin und der setzt sich dann auch da hin und so weiter. Jetzt schauen wir mal, ob wir andere Sachen sehen. Zack, es gibt ein Radar. Ja, kommen wir später im Gebäude dazu. Dann deckst du andere Objekte, die auf der Karte anfangen, von anderen Spielern auf. Ne? Siehst du da, blub, sehe ich da zum Beispiel vom Leuchte in der Cubase, der baut nochmal schnell einen Wasserstoff ab, der kommt auch in 2 Minuten. Alles, was außerhalb von dem Radar ist, das aktuell noch sauber zu groß ist, siehst du nicht. So, die zweiten 2 wichtigen Gebäude, Kaserne, Waffenfabrik. Du kannst diese Interfaces da immer alle gleichzeitig offen haben. Deine Waffenfabrik stellt dir dauerhaft Munition zur Verfügung. Das ist wie ein Passiv. Auf Stufe 1, sagen wir mal, stellt die Waffenfabrik 20 Munition zur Verfügung. Das heißt, du hast Platz, um 2 Space Marines zu bauen. 2 Verteidiger Space Marines zu bauen, aber nur 1 Angreifer Marine zu bauen. Ja, das sind die Truppentypen, die wir vorher gesehen haben. Die kosten natürlich auch Rohstoffe, die haben verschiedene Werte. Angriff, HP, Geschwindigkeit, wie lange das von A nach B brauchen und wie viel Tragekapazität das haben. Es gibt einen kleinen Kniff in dem Kampfsystem, ein Steinschere-Papiersystem. Infanterie ist schlecht gegen Fahrzeuge. Fahrzeuge sind schlecht gegen Flugzeuge. Flugzeuge sind schlecht gegen Infanteristen. Und umdreht. Ja, also wenn du zum Beispiel, du weißt vom Gegner, oh shit, der hat da lauter Flugzeug in seiner Kolonie, dann schicke ich ihm Infanterie.
weil ich weiß, die ist 2,5 Mal so stark gegen Flugzeug als gegen Fahrzeug. Da ist es umdreht. Wenn ich aber weiß, der Gegner hat zum Beispiel Infanteristen in seiner Kolonie, schicke ich einem Fahrzeuger. Ja, dann zerstörst du mit 5 Fahrzeugen 20 von seinen Marines. Steht alles wieder in der Beschreibung da herum. Kampfsystem, wie funktioniert das Kampfsystem? Da wird alles wunderbar erklärt, warum, weshalb, schwach gegen Infanterie, stark gegen Fahrzeuge, Strategietipps, bla bla bla. Das ist auch was ich ständig erweitern werde, weil da muss man ein bisschen reinkommen, bis man das verstanden hat. Dann sehe ich da natürlich die laufenden Kommandos. Momentan greife ich gerade keinen an. Was ist denn eigentlich passiert? Ich habe doch eigentlich jemanden angegriffen, hätte ich gemeint. Schauen wir mal. Midgard! Oh, ja, da schau her. Mein Angriff. Dann kriegst du natürlich Berichte. Ja, Kampfberichte. Ich habe einen Midgard angegriffen, der Birger Bümsbüde mit seinen 2 Pimmel-Marines und habe ihm 53 Titan, 54 Fermium und 53 Radon gestohlen. Der Bolke in Midgard, seiner Kolonie, hatte keine Truppen. Ja, also da die Kolonie, das ist ein Account von vor 5 Jahren. Du kriegst für jeden Scheiß einen Bericht, da steht alles drin, was passiert ist. Man kann sich gegenseitig mit Spielern Nachrichten schreiben. Wir haben da herum einen Chat, einen Global Chat, da kann ja jeder reinschreiben, wenn du Teil eines Netzwerks bist, da kommen wir gleich dazu. Kannst du da auch untereinander chatten. So, das sind diese beiden Gebäude. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Funktionalitäten in diesem Spiel, sich gegenseitig anzugreifen. Ich hau deine verdammten Truppen zusammen, dann kriege ich erstens einen Haufen XP, selbst wenn ich stirb dabei. XP sind wichtig für Technologien, kommen wir gleich dazu. Oder ich klaue einen Haufen Rohstoffe. Und vor allem, wenn der Gegner zum Beispiel die teuren Primärrohstoffe da drin hat, dann gibt es ein Versteck, das ist automatisch, alle Rohstoffe, die über dieses Versteck hinausstehen, also über diese 50%, das sind aktuell 8, die können von meinem Gegner gestohlen werden. Aber von einem Primärrohstoff maximal bloß einer. Der Rest wird aufgefüllt mit den normalen Rohstoffen, die du in der Stunde relativ einfach nachproduzierst. Aber es ist schon ziemlich ärgerlich, wenn du über Nacht 30 Mal angegriffen wirst und dein Wasserstoff ist fort, bis auf 50%. Darum Hirn einschalten und den Wasserstoff auf mehrere Kolonien verteilen, damit dann nie was ungeschützt ist. So, nächstes Gebäude. Tech Center. Es gibt über 70 70? Ich weiß nicht genau auswendig, irgendwas zwischen 60 und 80 verschiedene Technologien, die du mit Erfahrung in dem Spiel ausbaust. Über mehrere Stufen. Du kannst fast jeden Wert in dem Spiel besser machen. Du kannst, Baumeister reduziert deine Gebäudeausbauzeiten. Schrottpresse. Du kannst in der Waffenfabrik Truppen, die du hast, verschrotten, wenn du es nicht mehr brauchst. Du brauchst den Platz. Ja, ich kann jetzt keine weiteren Truppen mehr bauen. Ich habe keine Waffen mehr. Scheiße, dann muss ich jetzt da 8 von denen muss ich verschrotten. Dafür kriege ich zurück 35% Ausbeute. Ich kriege ein bisschen XP und ein paar Rohstoffe, die es mir gekostet haben, aber natürlich nicht alle. Ich drücke auf Verschrotten. Ausbeute, die nicht in das Lager passt, geht gegebenenfalls verloren. Okay, zack, wird zusammengeschrottet. Ich krieg die Rohstoffe, mein Lager ist wieder fast voll und die Truppen sind weg. Und ich habe gegebenenfalls wieder Platz um andere Truppen zu bauen. Ne? Dann kannst du im Tech Center hergehen und kannst die Schrottpresse verbessern. Verbesserte Verfahren beim Verschrotten von Truppen in der Waffenfabrik ermöglichen uns, mehr Rohstoffe aus den Schrottteilen zu extrahieren. Mit jeder Stufe steigt die Ausbeute um plus 1%, aktuell gesamt plus 5%. Bauen wir wieder aus, kostet aber keine Rohstoffe, sondern Energie und XP und dauert 20 Minuten. Zack, wird geforscht. Jeder Scheiß ist irgendwie erforschbar. Das ist natürlich auch noch nicht alles, da kommt im Laufe der Runden wahrscheinlich auch immer wieder mal was dazu. Aber das ist das Tech Center. Dann, was haben wir dann? Netzwerk-Hub. Das Ding ist zum einen mal dafür verantwortlich, wie groß der Radar ist, den du auf der Map gesehen hast. Ja, je höher das Ding ausbaut ist, desto größer wird das Radar, desto mehr siehst du um dich rundum. Was passiert und so. Dann steht das Teil Supportbuchten zur Verfügung. Was bedeutet das? Wenn du einer anderen Kolonie einen Transport schickst, dann ist während der Transportdauer so eine Supportbucht belegt. Am Anfang hast du dann natürlich nur eine. Das soll verhindern, dass du deine zweite Kolonie mit 28 anderen Kolonien von Tag 1 auf Tag 2 komplett durchpusht. Und immer Rohstoffe und alles voll bummst und da ständig Sachen unterwegs sind. Dass das geht. Unter anderem kann ich zum Beispiel auch meine Truppen in einer anderen Kolonie als Unterstützung stationieren. Verbraucht pro Unterstützerkolonie, die da drin steht, ebenfalls eine Supportbucht. Dann gibt es einen Netzwerk-Chat. Was ist das Netzwerk überhaupt? Jeder kennt eine Gilde. Jeder kennt Gilden, Allianzen. Ja, eine Zusammenkunft von Spielern, die sich zusammen und miteinander spielen.
kannst du da einem Netzwerk, du kannst entweder selber eins gründen und Leute einladen oder du trittst einem bei. Dann kannst du da natürlich miteinander chatten. Test. Dann siehst du da deine Mitglieder. Jetzt Mitglied. Ganz furchtbar wichtig. Jedes Mitglied innerhalb dieses Netzwerks hat ein Netzwerk-Hub und damit es weiterhin Sinn macht, in jeder Kolonie ein Netzwerk-Hub zu bauen, stellt jede Stufe Netzwerk-Node-Power zur Verfügung. Mit jeder Node-Power gängen da weitere Mitgliederslots auf. Warum? Damit wir nicht 500 Mitglieder in einem Netzwerk haben. Und dann haben wir ein großes Netzwerk, das spielt das Spiel durch und dann war's es. Es ist ein Clan. Es ist im Prinzip ein Clan, ja. Ich nenne es halt im Spiel einfach Netzwerk. Frag mich nicht warum, habe ich mein iPad fertig. Und damit du halt nicht unendlich viele Mitglieder da einladen kannst, muss dann das gesamte Netzwerk miteinander eine Node-Power von 2430 zusammenkriegen, damit der 15. Mitgliedslot aufgeht. Und erst dann kann ich einen neuen Spieler einladen. Und irgendwann wird halt diese Kurve an Node-Power, die wird so steil, dass sie sich bei 20, 25 Spieler wir sollen sagen, bei 20, 25 Spieler so einpendelt. Mehr mag ich nicht innerhalb von einem Netzwerk haben, sonst wird es leicht zum Durchspielen. So, Spielziel. Man muss ja irgendwann einmal fertig sein. Also eine Runde muss irgendwann einmal enden, wo dann alles, dann ist dann wieder alles weg, wie am Freitag, und dann fangen wir alle wieder von vorne an. Und trust me, die coolste Phase in diesen Spielen ist die erste Woche. Und die erste und die letzte Woche. Weil es da am spannendsten wird, wer wird als erst fertig, wer ist schneller als der andere, man prügelt sich noch richtig um die Rangliste. Und ich habe gewonnen, wenn ich bei irgendjemandem von euch schaffe, dass er sich um 3 in der Früh einen Wecker stellt, um gewisse Sachen zu erledigen. Dann hab's ich durchgespielt. Ihr dann auch? Aber ja. Beschreibung, keine Zeit zum Lesen. Es ist vollkommen in Ordnung. Wer dann in meinem Spiel untergeht, der hat dann Pech gehabt. Auf alle Fälle gibt es ein gemeinsames Ziel in diesem Spiel. Das kannst du nur schaffen, wenn du Teil eines Netzwerks bist. Es gibt 10 sogenannte Bauteile. Jeder Spieler, also auch wenn ihr zu 20 seid, müsst ihr euch abschmerzen, wer baut welches Bauteil. Und wer innerhalb vom Netzwerk baut kein Bauteil, sondern liefert die anderen die Rohstoffe dafür. In der Waffenfabrik kannst du dieses Bauteil bauen. Du wählst es aus, was für eins, und dann baust du Stufe für Stufe. Und diese Bauteile brauchen erst einmal ziemlich lang. Ja? Also das ist ja auch, das tust du einmal am Tag, baust so ein Ding aus. Und verbraucht eben diese Primärrohstoffe von den 5 Planeten. Und mit jeder Stufe wird es immer teurer und dauert immer länger bis Stufe 30. Wenn das Ding Stufe 30 ist, kannst du das am Netzwerk abliefern. Und wenn alle 10 Bauteile fertig und abgeliefert sind, wie da zum Beispiel der Sauerstofftank vom Kaletzel, dann kann der Netzwerkleader, also der Clan-Leader, hergehen, zack, und wir haben das Spiel. Wir haben das Spiel durchgespielt. Das erste Netzwerk, das das schafft, hat die Runde gewonnen, kommt in eine Hall of Fame, dann brauche ich halt ein paar Tage zum Checken, somit, okay, es ist jetzt Rundenrestart, und dann schauen wir, wann das ist, und dann machen wir ein Datum, wann die neue Runde beginnt. Ich mache dann Registrierung aus wieder und den Login wieder aus, lösche alles und dann geht es wieder von vorn los. Und die Idee ist, dass während einer Runde oder dass eine Runde einmal so 4 Wochen dauert, 4 Wochen, 6 Wochen, irgend sowas. Lieber ein wenig kürzer, macht es öfter Spaß, sage ich wie es ist. Und es fühlt sich nicht nach 3 Monaten, du suchtelst da 3 Monate rein wie ein Behinderter und es ist alles weg, es fühlt sich nicht ganz so schlimm an. 4 Monat bis 6 Wochen wird perfekt. Schauen wir mal, ich kann nicht abschätzen, wie lange das dauert. Das müssen wir schauen, in der ersten richtigen Runden, wie schnell das Leute sind. Ja, soviel zum Netzwerk-Hub. Was haben wir noch für Gebäude? Wir haben ein Raketensilo. Ein Raketensilo ist eigentlich ziemlich relativ selbsterklärend. Du kannst Raketen bauen mit verschiedenen Bauteilen. Jetzt Bauteil kann was anders. Der Tank sorgt dafür, wie weit das fliegen kann. Der Antrieb, je nach Typ, sorgt dafür, wie schnell das ist oder wie weit das fliegen kann und wie hoch der Verbrauch ist. Der wichtigste Teil ist der Explosivsprengkopf oder allgemein der Sprengkopftyp. Explosiv macht Schaden an gegnerischen Gebäuden, wenn du das in eine Kolonie reinschickst. Der EMP-Sprengkopf ist gegebenenfalls ein bisschen zu OP, aber wenn der Gebäude trifft, dann setzt er dieses Gebäude für 11 Minuten und 30 außer Gefecht. Das bedeutet, wenn dir jemand solche Raketen schickt und er trifft deine Rohstofffabrik, dann klickst du da drauf und du kannst es nicht bedienen. Dann steht, da musst du 10 Minuten warten, bis das Ding abgelaufen ist und dann kannst du erst wieder Rohstoffe umstellen oder deinen Extraktor wegschicken oder sonst was. Alle passiven Funktionen von einem Gebäude werden davon nicht betroffen. Du produzierst trotzdem weiterhin
Rohstoffe pro Stunde. Aber du kannst halt das dann nicht mehr umstellen. Ja, ansonsten war es sauber zu heftig. Was haben wir noch? Der letzte ist der Cluster, Sprengkopf als Typ. Den schickst du in eine gegnerische Kolonie und der killt 100%ig aktuell bei mir 5 verschiedene Truppen und der große 10. Das heißt, wenn mir jetzt da einer an einer ballert, und vor allem du schickst ja nicht bloß eine Raketen, sondern halt gleich 10 auf einmal, dann können 10 sich eine Raketen 100 von meinen Einheiten killen, ohne dass ich kämpfen muss. Und dann schicke ich meine Truppen, klar, Rohstoffe und fahre nach Hause. Zusätzlich kriegst du natürlich einen Haufen XP. Je mehr Schaden du an die Gebäude machst, desto mehr Erfahrung kriegst. Du kriegst generell, sammelst du Erfahrung. Das ist noch ein bisschen undurchsichtig ins Spiel eingebaut. Wann man genau Erfahrung kriegt, das ist auch selbst für mich. Und ich habe das scheiß Spiel gemacht. Schwer nachzuvollziehen, wann kriege ich Erfahrung. Aber die 2 wichtigsten Teile oder 2,5 wichtigsten Sachen, wo du Erfahrung sammelst, ist Kämpfe, Truppen gegen Truppen, Raketen in gegnerische Kolonien ballern, die nicht abgefangen werden. Gehen wir gleich noch dazu. Und deinen Extraktor rumschicken. Ja? Du kriegst fürs Gebäude ausbauen, kriegst XP, fürs Truppen verschrotten, kriegst XP für jeden Scheißdreck. Alles, was man aktiv so tut. Gehen wir weiter zur Abwehrstellung. Abwehrstellung hat 3 Tabs. Einmal du kannst da so Besatzungen in Bunker und Flak verteilen. Was bedeutet das? Ich habe das immer in der Mitte drin, das halte ich für das Schlauste. Der Bunker gibt dir einen Verteidigungsbonus für deine Truppen. Das heißt, wenn die jemand angreift, haben deine verteidigenden Truppen 7,5% mehr Leben. Wenn ich die ganze Zeit angegriffen werde, verschiebe ich den Bunkerbonus bis da auf 15% und sage Besatzung umverteilen. Leider Gottes dauert das 50 Minuten, aber wenn sie am Ende sind, haben meine Truppen alle 15% mehr Verteidigungsbonus. Im Moment, wenn ich angegriffen werde. Die Flak macht was anderes. Die hat eine 7,5%ige passive Chance, die Raketen, wenn noch nicht kommt, vom Leuchtdesign zum Beispiel, da kommen jetzt keine Ahnung wie viel, 13 Stück, auf verschiedene Kolonien, einmal auf meine Bimsbüde und einmal 7 Raketen auf andere Kolonien. Die schickt er auf Wuchs 2, so heißen meine Kolonien, Wuchs 2 und so weiter. Habe ich eine passive Chance, dass die Raketen, die Bumsbude, also diese Kolonie hier treffen, von 7,5, dass die Raketen im Nichts verschwindet und einfach explodiert. Und keinen Schaden anrichtet. Da das passiv ein bisschen dumm ist, gibt's in der Abwehrstellung Munition zu produzieren für die aktive Flak. Und wieder 3 verschiedene Typen. Sprengkopf, EMP und Clusterraketen. Wie wir es vorher bei den Raketen gesehen haben, rot, Gebäudeschaden, blau, legt Gebäude lahm und gelb, Cluster schießt auf Truppen. Was heißt folgendermaßen ausschauen? Ich kriege gerade einen Haufen Raketen hergeschissen und habe Gott sei Dank Munition auf Lager. Munition muss natürlich vorproduziert werden. Ja, es dauert auch wieder eine bestimmte Zeit. Ich habe jetzt da zum Beispiel nur einen Platz in meinem Munitionslager. Ich habe 7 mal Sprengkopf-Moon, 6 mal EMP-Moon, 6 mal Cluster-Moon. Ja, bauen wir halt nur einen Cluster. Blub. Dauert 9 Minuten, bis das Ding gebaut ist. Erst dann kann ich damit schießen. So, jetzt schauen wir uns einmal ein Leuchtdesign. Der Erwin Müller, so heißt seine Kolonie, schickt mir ein paar Raketen. Ich sehe leider nicht welche. Was heißt das? Er hat Flares in seine Raketen eingebaut. Er hat Stealth-Module in seine Raketen eingebaut. Das heißt, ich muss den Munitionstyp raten. Ich markiere eine Rakete, die ich abschießen will. Und ich sage jetzt einfach einmal, er kommt mit einer Sprengkopfraketen. Feuer! Bist du sicher? Ja. Volltreffer. Das war jetzt ein bisschen einfach fast. Wenn er jetzt eine EMP-Raketen oder eine Cluster-Raketen geschickt hätte, dann hätte was dort gestanden, Munition ist wirkungslos. Dann musst der andere nicht probieren. Und wenn du Pech hast, verschießt 2 Munitionstypen, bevor du die richtige triffst. Ich gehe jetzt einmal schwer davon aus, alle seine Raketen sind Sprengkopfraketen. Zack, weg damit, jawohl. Darum absoluter Strategietipp. Schickt's gemischte Raketen, nicht lauter gleiche. So, weg damit. Weg, und ich kann alle Raketen abfangen. Zack. Und das Beste dabei ist, ich kriege für jede Raketen einen Bericht. Rakete vor Bumsbude abgeschossen. Das war ich. Schauen wir uns das einmal an. Die Leuchtrauschkugel, das ist seine Raketen, die er geschickt hat. Das sieht man dann auch. Man kann die übrigens auch benennen, was ich ganz lustig finde. Da kannst du Zerpimmler nennen oder so, wenn du willst. Und ich kriege pro Rakete, die ich runtergeschossen habe, 640 XP.
Und das sehe ich da herum. Dann gehe ich doch gleich einmal in mein Tech-Center hinein. Da wird gerade was ausgebaut in der Abwehrstellung. Ja, Munitionskosten kann man doch einmal erforschen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal nach 52 Minuten Munition baue, dann kostet mir die wieder ein Prozentteil weniger. Und Munition Dauer kann man auch erforschen. Weg damit. Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch Kraftwerk. Das ist so gesehen nichts Besonderes. Das hat noch keine aktive Fähigkeit. Mit jeder Stufe stellst du Energie zur Verfügung. Und Gebäudestufen verbrauchen Energie. Das ist alles. Mehr kann das Kraftwerk noch nicht. Ich habe ein paar Ideen dafür, was man mit dem Kraftwerk machen kann. Aber ich lerne mich jetzt mal aus dem Fenster und ich sage es jetzt einfach auch, wie es ist. Ich bin sehr stolz auf dieses Ding. Da steckt so viel Arbeit drin, ihr habt keine Vorstellung. Es ist alles selber gemacht. Natürlich habe ich mal Hilfe. Danetti übrigens, der mir schwer dabei geholfen hat, ein paar Sicherheitsaspekte durchzuziehen. Ich weiß nicht, ob er da ist. Ich hoffe, dass er da ist. Ein großes Danke dafür. Ein riesengroßes Danke an jeden Einzelnen, der da im April, Mai, Juni, war so die erste Phase, wo ich Vollgas reingesuchtet habe, gespult hat und getestet hat und Feedback gegeben hat und vor allem auch die letzten 2-3 Monate. Ich mache dann immer wieder ein bisschen Pause, weil mir irgendwann der Schädel platzt. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile richtig, richtig weit damit bin. Dass sich das Ding anfühlt wie ein Spui, dass es weit komplexer geworden ist, als ich mir das jemals erträumt habe. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Man muss halt mengen, wie gesagt, das ist ein Zeitfresser, also mit 2-mal in der Woche einloggen, dann kannst du es bleiben lassen. Ja, der Chat ist so stark. Ich bin vollkommen in meinem Monolog verfallen. Passt eigentlich nur irgendjemand auf? Passt eigentlich nur irgendjemand? Das war ja noch nicht alles. Das ist ja das. Das ist ja noch nicht alles. Es gibt NPCs. Blub, die kann man angreifen. Die greifen aber auch Dio. Ja? Die haben verschiedene Stärken, die haben eigene Truppen, die haben, ja, was haben wir noch? Bin am Handy und hör zu wie ein Podcast. Hab bloß nicht weitergespielt, weil der Vibe kommt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe es auch oft, so oft wie ich kann, habe ich gesagt, Leute, das wird nochmal alles gelöscht, inklusive einer Accounts. Alles. Weil ich halt einfach von null frisch und sauber anfangen möchte und das dann auch so bleibt. Aber das passiert natürlich nicht nach jeder Runde. Also wenn jetzt das erste Netzwerk hat nach 4 Wochen, sagen wir mal, die Runden gegangen, nice, dann so 2, 3, 4, 5 Tage später oder eine Woche später mache ich dann den Termin, da startet Runde 2, 3, 4, 5, hoffentlich. Und dann lösche ich natürlich nicht eine Accounts. Ja, aber es wird alles gewiped. Alle Kolonien werden gelöscht, alles wird resettet bei 0. Und ich denke, dass jede Runden an einem Freitag um 20 Uhr beginnt. Da machen wir dann auch einen kurzen Stream. Auch diese Woche. Ich werde so um 10 vor 8 kommen. Der Login wird freigeschaltet um 8. Und um 10 nach 8 werde ich mich auch wieder schleichen. Weil ich weiß, dass ich mit Problemen überrollt wäre wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und das ist nichts, wenn ich da im Stream sitze. Da kann ich nichts korrigieren. Ich kann euch nicht meinen Quellcode zeigen und so weiter. Das geht nicht. Der Devil Driver Mikey schreibt, fand das Entwicklertagebuch schon interessant, wie alles entstanden ist. Chapeau. Alter, das war halt 2014. Da hat mich kein Mensch kennt. Das haben 5 Leute geschaut damals. Aber das finde ich geil, dass du die so schaust. Aber das ist jetzt schon wirklich sehr alt. Da siehst du, wie das Spiel früher ausgeschaut hat. Also Vogel aus. Das, wenn ich selber sage, denke ich immer so, Alter, Bruder, wie viel Scheißzeit das da drin steht, ist wirklich insane. Bin Dalaran Stone Tokens grinden, aber bin mit dem Ohr dabei. Barco, du meinst so wie gefühlt jeden zweiten Stream die letzten 8 Wochen. Stell dich darauf ein, dass dasselbe am Freitag nochmal zu erzählen und dann im Discord nochmal. Na, ich verweise dann auf den Stream von heute. Das habe ich ja letzte Woche, vor Weihnachten schon da. Schau da bitte den Stream von Montag an. Ich markiere ein Kapitel herin, wenn ich es nicht vergieße. Ansonsten, es gibt Quests, ja, die dir das Spiel so ein bisschen erklären. Die machst du auf. Da steht dort ein bisschen ein Gelaber und was da sollst und warum. Kriegst du eine kleine Belohnung. Da, hier, abschließen, nächster und gleich ausprobieren. Was haben wir da zum Beispiel? Birger, wir sollten nicht so lange damit warten, unser neues Geschenk an unsere Freunde zu überreichen. Begib dich am besten auf die Karte und sende deine Rakete an deine benachbarten feindliche Kolonie. Wichtig, melde dich bei mir, während deine Rakete auf dem Weg zu unseren Freunden befindet, um die Mission abzuschließen. Ja, das geht her, schieße Raketen irgendwo hin, schließ die Quest ab. Und so lernst Stickerl für Stickerl, was das alles kann. Kann man als Tutorial skippen? Nein. Aber jetzt der Idiot, weil du die ganze Belohnungen kriegst.
Das ist ein großer Schlüssel, um vor allem in die ersten 24 Stunden auf Platz 1 in der Rangliste zu sein. Mehr sage ich jetzt da dazu nicht. So, was haben wir sonst noch Erwähnenswertes? Wir haben natürlich Ranglisten. Ja, der Energieverbrauch deiner Kolonien ist gleich deine Punktzahl. Das Ganze gibt es in Solospielerform. Das wird übrigens auch verewigt. Die ersten 5 oder die ersten Top 10 Spieler, die kommen ein in eine Hall of Fame in jeder Runde. Das Gewinnernetzwerk selbstverständlich auch. Und jetzt haben wir noch den letzten Punkt, den ich euch gerne zeigen werde. Das ist natürlich ein Haufen Leute schon wieder fort, aber das ist mir jetzt wurscht. Ja, Bürger, machst du das dann alles komplett umsonst? Ja. Versprochen, das Spiel ist und bleibt umsonst. Für immer und ewig. Du musst nichts bezahlen, du wirst nicht eingeschränkt, that's it. Aber da steckt so viel Zeit drin, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, da bezahlbare Dinge einzubauen. Ja? Und da habe ich lange überlegt, wie tust du das am Gescheitern? Mit Quality of Life Sachen. Wie zum Beispiel, ursprünglich war das so gedacht, dass ich sicher die Sachen da hinter einem Supporter-Account, einem Premium-Account verstecke. Dann habe ich mir aber gedacht, das widerspricht so meiner allgemeinen Philosophie, wenn du da irgendwas gut gemacht hast, dann kommt das ganz von allein. Ich habe einen Support-Shop gebaut. Der schaut so aus. Später steht da natürlich bei euch nicht mehr dort, ein Shop ist derzeit inaktiv und nur für Admins sichtbar. Ich bin Admin, ich sehe den Shop. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Unterstütze Annex. Ich bin der alleinige Entwickler hinter Annex. Als lebenslanger Gamer bin ich vermutlich genau wie du frustriert von Spielen, die hinter Paywalls versteckt sind, endlose Wartezeiten erzwingen oder dich mit Werbung bombardieren. Mein Ziel mit Annex war es immer, ein Spiel zu erschaffen, das fair für alle Spieler ist, Spaß macht und komplett ohne diese dubiosen Mechanismen auskommt. Annex ist und bleibt kostenlos und frei von Pay to Win. Werde Unterstützer. Mit deinem einmaligen oder mehreren, das muss ja jeder selber wissen, ich meine, du kannst leider 5-mal dir einen Supporter-Account kaufen, es bringt da zwar nichts, aber wenn du der Meinung bist, das ist geil, da hast du nur einen 10er oder einen 3 Euro oder 5 Euro oder was auch immer. Freiwilligen Beträgen deiner Wahl wirst du zum Supporter für die gesamte aktuelle Spielrunde. Eine Runde dauert in der Regel 4 bis 8 Wochen. Mit dem Start einer neuen Runde wird der Supporter-Status zurückgesetzt. Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft. Vielen Dank. Und das ist mein Konzept des Supporter-Accounts. Du kannst da hergehen und kannst deinen Betrag wählen, wie du lustig bist. Aber, was noch kommen wird, der Mindestbetrag werde ich leider Gottes auf 5 Euro machen müssen, weil sonst kann ich es bleiben lassen. Der Zahldienstleister Molly nimmt sie was, der eigentliche Zahldienstleister nimmt sie was, der deutsche Staat nimmt sie was und dann bleiben von einem Euro 5 Cent über. Der kann ich es bleiben lassen. Ja? Natürlich habe ich kein Problem damit, wenn ich Geld damit verdiene, sage ich, was ist, da bin ich gewissenfrei, vollkommen, weil da so viel Arbeit drinsteckt. Das ist, und wer das nicht als Arbeit bezeichnet, dem kann ich nicht helfen. Dann soll das selber machen. Also machst du da mal, hast du da mal selber ein Browser-Game schnell, außer das auf dem Level, von dem da ist. Dann sage ich nichts. Da kannst du einfach hergehen, kannst deinen Betrag auswählen, der wahrscheinlich bei 5 Euro starten wird. Nach oben ist mir scheiße, wie muss ja jeder selber wissen. Das ist dann nicht mein Problem, wenn ich bei aus Versehen 999 du eine schreibst. Und dann kannst du einfach zahlen. So, wenn du bezahlst, wenn du, bleiben wir beim Minimum, bleiben wir bei 5 Euro. Du hast jetzt für 5 Euro was gekauft, du kriegst was. Ja, natürlich kriegst du was. Aber was kriegst, was das Spiel nicht beeinflusst? Das war nicht ganz einfach, aber ich glaube, das ist ganz okay. So. Als Dankeschön. Für deinen Support erhältst du für die Dauer der aktuellen Spielrunde keine spielerischen Vorteile, fett unterstrichen, sondern etwas viel Wichtigeres, sichtbare Anerkennung. Du zeigst allen, dass du zu denjenigen gehörst, die dieses Projekt möglich machen. Du kriegst ein Supporter-Icon. Trage dein Supporter-Icon mit Stolz. Dein Spielername wird im gesamten Spiel, im Chat, in Ranglisten und auf der Karte für alle sichtbar mit einem von dir ausgewählten Icon hervorgehoben. Es ist ein Ehrenabzeichen, das deinen Beitrag zur Annex Community sichtbar macht. Kannst du da draufklicken in die Einstellungen. Einstellungen sind auch da herum. Dann gibt es da einen Reiter fürs Supporter-Icon. Und dann kannst du da irgendein so ein Icon aussuchen. Was für eins. Scheißegal, was für eins du willst. Was auch immer das so sein soll, ich weiß es nicht, aber das nehmen wir jetzt. Und du kannst eine vorgefertigte Farbe hinzufügen. Und wenn du dann da in der Rangliste guckst, hast du das Symbol da. Und das sehen auch alle anderen. Zum Beispiel auch, wenn sie dein Profil anschauen, da sehen sie deine Kolonien. Und alle, die sehen, dass du Supporter bist. Und das, da kann ich jetzt verstehen, wenn man mir ein bisschen Hinterfotzigkeit auslegt. Aber es ist, was es ist. Ich habe mir gedacht, das tust du jetzt einfach, weil es wurscht ist. Es gibt eine Supporter-Rangliste.
Da steht jetzt momentan nur ich drin. Die anderen Personen, die ihr da jetzt gesehen habt mit so einem kleinen Icon dort, die haben noch nichts gezahlt, denen habe ich das einfach so gegeben, zum Testen, ob es funktioniert. So. Die Supporter-Rangliste, das ist jetzt das letzte, was ich euch zeige. Da wird einfach nach Supporterbetrag sortiert. Ich sag's jetzt, aber der Supporterbetrag steht natürlich nicht dort. Ja, also niemand sagt, was du da reingecasht hast. Also du sagst es den Leuten natürlich, das ist mir wurscht, das muss dann selber wissen. Aber keiner wird natürlich erfahren, ob du jetzt da 5.000 Euro reingeworfen hast oder 5. Ja, so möchte ich das sagen. Und für das ist diese Liste da. Ich bin mir 100% sicher, dass es ein paar Leute gibt, die sich da... Und ich sag's jetzt freiwillig, so ist, wer das tut, dann ist es mir auch wurscht. Ah, dann ist es mir auch wurscht. Wer sich per Kohle in der Rangliste battelt, kannst du machen. Muss ja jeder selber wissen. Ich hoffe, das ist okay. Geibüffi Sepp, merci für deinen Fünfer. Bin ich jetzt Supporter? Nein. Das hier soll eigentlich gar nichts mit YouTube und so weiter zum tun haben. Ganz furchtbar wichtig. Wie ich das anstelle, dass das aus der Community ausbricht und mit Werbung mache, ich sage sowieso, das, was ist da in das Spiel, buttert's. Und ich lerne mir jetzt einfach mal aus dem Fenster, das wird passieren. Leute haben schon für weniger da 5 Euro reingeworfen. Vor 2 Minuten zum Beispiel der Geibüffi Sepp. Geht alles in Werbung. Das sage ich dir, das ist also erst einmal der Fangen, dass der Surfer mal zahlt, das Ganze die letzten 1,5 Jahre und die Domain vor allem, das ist die Holiday, das ist sowieso eine Frechheit, was das kostet. Und wenn das dann alles so herin ist und so weiter und so fort, dann werde ich mir langsam aber sicher mal Gedanken machen, ja, wenn man einfach Werbung für das Spiel macht, dass das Spiel lebt nun mal von Spielern, von aktiven Spielern. Alles andere unwichtig, sage ich, wie es ist. Und natürlich bin ich permanent, so gut wie es geht, natürlich am Fehler fixen, wo wir wirklich Fake gefunden haben. Es ist wirklich, natürlich finden nur mal irgendjemand was und natürlich haben wir hier und da mal einen kleinen Fehler. Da wird was nicht richtig gut gesagt, da ist ein Rechtschreibfehler, bla bla bla. Das ist mir alles wurscht. Richtig grobe Fehler soll jetzt eigentlich keine mehr geben. Und dann erweitert man das Spiel, bis uns der Schädel platzt. Bis, natürlich, also den Anspruch, da werde ich nie hinkommen, aber ist ja wurscht. Da bist du das eines der besten Browser-Games, das es gibt. Fertig aus Hammen. Das soll Spaß machen. Das soll einfach Spaß machen. Fertig aus Hammen. Und der Rest ist bis jetzt immer von selber gekommen. Der Rest interessiert mich nicht. Schauen wir mal, was passiert, ob es Spaß macht. Satz auch gern ehrlich einfach. Wenn das, die ständige Worterei und so, für mich ist das nichts, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist mir vollkommen bewusst, diese Art von Spiel ist nicht für jeden was. Das ist ja klar. Ja, das ist ja klar. Aber wir haben ja viele Leute gefunden jetzt schon, vor allem ich habe noch nicht einmal so richtig Werbung gemacht. Aber eigentlich nicht. Natürlich habe ich im Stream immer wieder mal drüber geredet. Da haben schon einige Leute hart hängen geblieben jetzt. Um das mal so zu sagen. Leuchti, Zatox, Ramrod, die permanent online sind. Und noch einige andere, ja. Aber gut. Ich finde, der App da erleichtern, dass es viral geht, weil Browser-Games sind oldschool im Positiven, das kennen die meisten nicht mehr. Das ist absolut richtig, Simato, da hast du recht, aber es steht auch auf dem Plan, da eine App draus zu machen. Das ist ja nichts, das ist ja nicht wirklich tragisch. Ja? Es ist ja nichts anderes wie Internetseiten. Ich brauche bloß eine App bauen, die nichts anderes ist wie ein Browser, die automatisch die Seiten aufmacht. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass es natürlich geil war, wenn man Annex im Play Store finden könnte. Genauso dasselbe Ding immer übrigens auf Steam. Ja, man macht einfach, ich muss ja keine Software nicht programmieren, sondern es ist ein Browser, der aufgeht, fertig. Einziger Nachteil ist, ich muss die Zahlungsmittel von Google und von Steam und von Apple und so weiter benutzen und das ist ein wenig ein Aufwand und mit so Zahlungsgeschichten und so weiter und so fort bin ich immer sehr vorsichtig, weil das sehr schnell in den Arsch gehen kann und so weiter und so fort. Aber sowas, schauen wir, wie es ankommt. Vor allem, sagen wir mal so, wie die ersten 3 Runden laufen. Wenn ich dort zuschauen kann, wir haben 100 aktive Spieler in der ersten, am Ende der Runde, dann haben wir noch 50 in der zweiten und dann haben wir noch 30 in der dritten, dann weiß ich, dass ich sauber zu viel Zeit in etwas reingesteckt habe, was nie wieder zurückkommt, aber ich kann mir in meinen Lebenslauf hineinschreiben, I did that. das ist mir wichtig. Trap Foxy, merci für 17 Monate. Guten Abend und ich hau jetzt ab in den Nachschau-Squad. Haben Sie sich in eine Trap Foxy, merci dir. Johannes, merci für den 5er. 5er wohin, wo? Herr Geil, für merci dir, Löwenzepp. Evil, kannst du da mal Bellrider, hab ich noch gesehen. Oder? War das bei der SI nicht auch so? Wie? Dass immer weniger Leute geworden sind? Der DJ Wuke schreibt, manche Sachen sind, so finde ich, vielleicht ein bisschen zu lang, aber gut finde ich das Konzept super.
Aber ja, das ist wie, ich meine, natürlich, ich bin mir auch bewusst, dass mit Sicherheit die meisten Sachen, die wir mir während dem Lauf einer Runde machen, Dinge balancen. Aber locker, wieso dauert die Scheiße zum Ausbauen 28 Stunden, was soll denn das eigentlich? Alles andere ist nicht so lang. Dann habe ich halt irgendwo was übersehen. Natürlich kann das passieren. Nein, einen Haufen Zeit reingesteckt und dann nur 4 Streams rausgezogen statt 6 oder mehr. Ach so, meinst du? Stimmt, da haben wir damals drüber geredet. Da ist so viel Aufwand betrieben für 4 Streams, dass ich mir da gern wenigstens 8 gewünscht hätte. Ja, stimmt schon. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ist schon richtig, also, aber jetzt stecke ich schon knietief drin. Du, wenn ich sehe, es macht so langsam die Biege nach unten, du, dann haben wir 1, 2, 3 gute Runden gehabt, ich habe das Ding gebaut, dann ist es, was es ist. Oder? Dann ist es ja nicht verloren. Ist es ja nicht verloren. Vielleicht komme ich dann in 5 Jahren wieder drauf. Hey, weiter. Das Konzept ist sau gut und macht auch Spaß. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das so nach einer Runde ist. Schauen wir mal, wie viele aktive Spieler, dass wir nach einer Runde noch haben. Und wenn mal eine richtige Runden durch ist, natürlich mache ich dann auch mal ein Video und erst einmal auf diese Schiene, erst einmal Werbung und dann schauen wir. Freitag wird übers WE reingesuchtet. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, Herr Kali. Und vor allem bei dir weiß ich es ja, du hast ja eine Zeit lang gespielt. Es ist halt mit dem Wochenende nicht abgetan. Es wird, wenn du eine Runden grüner machst, dann musst du durchziehen. Und zwar richtig. Snoozebini schreibt mir, macht NX auch Spaß, aber ich habe halt einfach die Zeit gerade nicht dafür, wieder was anzufangen. Das ist vollkommen verstanden. Niemand braucht sich da rechtfertigen. Um Gottes fucking Willen. Wer Bock auf sowas hat, wer Zeit auf sowas hat, das ist auch viel nebenbei. Ja, du kannst es ist ja mittlerweile auch gut am Handy spielbar, muss man auch sagen. Jetzt warte mal, machen wir so. So schaut es am Handy aus. Hochkant-Version ist alles auch bedienbar. Natürlich ist das nicht fürs Handy gemacht, das Ding. Ja, aber man kann jedes Gebäude, jede Kolonie, kann man auch da herin am Handy bedienen und halt nebenbei Hosentaschen, das ist wieder 2 Minuten ein wenig umeinander und fertig. So schaut es halt am Handy aus dann. Genau. Im Zweifelsfall, wenn einmal irgendwas ist komisch, keine Ahnung, drücke 5 Seiten Nylon, fertig. Ich spiele es oft nebenbei am PC, in der Bahn, ja. Wie ist denn das mit den Kolonien? Muss man da jede einzeln managen? Das ist selbstverständlich. Um das geht's ja. Du fängst, wie in die Survival Games. Am Anfang hast du einen geschissenen Scheißhaushagel und sammelst Plastikflaschen. Später hast du einen riesen Drum, um das du kümmern musst und ja, that's the game. Mehrere kleine Welten, damit jede Woche eine Rundenstart. Herr Salim, habe ich auch schon überlegt, aber nicht vergessen, ich bin hier allein. Wenn das Teil natürlich, wenn ich mich da damit komplett selbstständig machen kann, dann los geht's. Aber ich glaube, da habe ich nicht im Knack. Ich glaube, da darf ich mir 2 scheißen, weißt du. Am Tablet ist es nicht so. Ja, alle Leute, die am Tablet spielen, die muss ich leider enttäuschen. Für das ist es noch nicht optimiert. Denen empfehle ich, auf den Desktop-Modus umzuschalten, Tablet-Auflösungen schwierig zu machen. Sehr schwierig. Oder sagen wir, was heißt schwierig? Eher aufwendig. Oder mal zwischendrin eine Speedrun-Runde so auf 6 Stunden. Oder das war halt Hardcore. Da zerreißt ein Server. Da zerreißt wahrscheinlich ein Server. Hast du mir überlegt, ob es vielleicht Server gibt, wo es keinen Serverpipe gibt? Würde gern den Fortschritt behalten. Habe ich auch schon mal überlegt. Wie soll ich jetzt sagen? Ich glaube, dass niemand mir jetzt eine Idee bringt, an die ich nicht selber schon gedacht habe. Nicht eine. Das garantiert er. Aber nicht vergessen, ich bin hier alleine. Ich habe noch ein Leben, etc. etc. Mal nicht übertreiben. Jetzt bringen wir mal das zum Laufen, dass das Spaß macht, so wie es sei und was weiß ich nie, wann und wie. Es ist schon haben schon mehrere Sachen eskaliert, unerwartet, die wir angelangt haben. Glaube ich jetzt da eher weniger, weil es doch sehr speziell ist. Aber who knows? Was wir dann irgendwann irgendwie machen, wir werden sehen. Support der Planet. Ich weiß noch, wo ich Doppel geschrieben habe. Ja, fixt, ist gefixt. Lehm und Birgern lassen. Absolut richtiger Geilbefehl. Wie kriege ich meine Mutter dazu, das zu spielen? Die ist faul und hat Zeit. Sag ich halt einfach. Da ich nicht so viel Zeit habe und ich halt immer wieder weiterspielen will, ja passt, ja ist ja geil, oder New Game Plus für Daddies. Also so ein Ultra, wo eine Gebäudestufen 8 Stunden dauert.
von Stufe 1 auf 2. Du hast ein Leben, was ist das? Besteht dein Leben aus WoW und Fressen. Wenn WoW kommt, dann schon, ja. Dazwischen ist wieder ein bisschen was anderes. Hätte nur eine Idee, Gilden lassen und Base wipen. Gilden lassen und Base wipen. Nein, ich kann Gilden nicht lassen. Gilden sind ans Netzwerk abgeknüpft. Die hast du nicht von Anfang an. Das muss sich erst entwickeln. Ihr sollt euch vorher schon schmerzen, wer zu wem, wie, wo. Das ist alles, hat alles seinen Sinn. Ich habe mir bei fast allem was gedacht, ob du das glaubst oder nicht. Account-Sharing ist eine Idee. Da hat jemand die Spielregeln noch nicht gelesen. Und ich finde euch, I guarantee it. Ich finde euch, wenn ihr Account shared oder multi-accounted oder sonst irgendwas. Ein Schritt nach dem anderen wünscht ihr, dass es durch die Decke geht. Also irgendwo hätte ich sogar ein bisschen Angst davor, dass es durch die Decke geht. Ich sag's, wie es ist. Weil dann ist erstmal mein Leben eine Zeit lang vorbei. Account-Sharing ist verboten. Es gibt da einen lustigen kleinen Button. Da stehen dann zum einen einmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen und ich würde euch sehr empfehlen, die zu lesen. Aber muss jeder selber wissen. Beim Registrieren akzeptierst du das und vor allem die Spielregeln. Die darf ich auf alle Fälle lesen. Ich werde keine Millisekunden werde ich umeinander diskutieren, wenn ich irgendjemanden aus dem Spiel rauswirf. Nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde, nicht im Discord, nicht da im Chat, nicht per E-Mail, nichts davon. Und wenn du 5.000 € in den Support-Account eingeschissen hast, I don't give a shit. Wenn ich dann nachweisen kann, da und da, Schluss. Tschüss, nie wieder. Schon nice, wenn er in Bad-Modus geht. LOL, didn't read. Einfach Exacto mundo. Netflix hat auch gesagt, dass die mich finden beim Account-Sharing. Ja, haben sie auch. Oder? Sharest du gerade irgendeinen Account? eBay, bitte 5 Kolonien für 20 €. Aber ja, natürlich ist das ein Problem. Ja? Wenn das Überhand nimmt, sowas macht für alle anderen Spieler das Spiel kaputt. Ist Cheaten. Nichts anderes. Und wer in so einem Spiel so low bob ist, dass er cheaten muss. Dann kann ich dir nicht helfen. Dann wichst du einen drauf, dass du beim Cheaten gewungen hast. Wenn ich es nicht rausfinde. Was schreibt der Philosoph-Vlogger? Ist es auch Sharing, wenn ich und meine Mutter auf dem gleichen spielt? Ja, das ist die Definition von Account-Sharing. 2 Leute spielen einen Account. Das ist wie Schichtarbeiten. Du als Person hast deinen Account und mit dem spielst du mit keinem anderen. Du gibst das Passwort keinem anderen, du gibst nichts davon. Fertig aus, Amen. Das ist dein Account, mit dem spielst du. Zuerst, grüß dich, Juno ist fit. Was ist denn das für ein Game? Er kann mir Deluxe. Meins. Erscheint am Freitag um 20 Uhr und jetzt ist es 11:15. Jetzt habe ich wieder eine Stunde lang über das Spiel gearbeitet und habe nicht einmal ansatzweise irgendwas anständig erklärt. Aber gut. Ich wollte es einmal herzogen. Diesen Freitag ist soweit. Ich werde es probieren durchzuziehen. Wenn es nicht der Bug, ja, ich mag mich nicht schon vorher rechtfertigen, aber wenn es wirklich, keine Ahnung, wenn es einfach zu krass ist und ich der Kreis nicht, dann wird es wieder ausgeschaltet. Wenn die Cheaterei, kann ja passieren, keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Kann ja sein. Dann Überhand nimmt und das Spiel ist broken. Ja, dann müsst ihr es bleiben lassen. Dann hilft es nicht. Dann schalte ich das Spiel aus und fertig. Easy going. Kann man in der Kolonieübersicht die Stufen der Gebäude über dem jeweiligen Gebäude anzeigen lassen? Wenn du mit dem Mauszeiger drüber bist. Trust me, wenn du die Kolonie ausbaust, dann weißt du auswendig, was für Gebäude, was für Stufen hast. Was der wir mit Sauerkraut? Das ist eine gute Frage. Da werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr drüber schmerzen, das ist 20 nach 11. Aber erinnert es mich daran, dass wir am Mittwoch drüber schmerzen. Mag ich wirklich drüber schmerzen. Geil, wie viel? Das mag ich so sehr an dir, Birger, bist und bleibst konsequent bei deinen Regeln, das wird selten heutzutage. Da mir jetzt kein Beispiel einfallen, wo das nicht so war oder wo es selten ist. Dass sie leider an ihre eigenen Regeln zumindest halten. Aber danke, ich fasse das als Lob auf. Ja, geil, Fett, Dankeschön. Grandlabort. Neues Jahr, neues Glück, aber nicht ich. Ich werde wie immer gekonnt ignoriert vom Werten. Wo?
Wo denn? Ich hab den nicht ignoriert. Der Gärtel-Sepp, wo denn? Du hast einen Resub und mein Donut. Oh Gott, sie fix. Es tut mir leid. Da ist. Das darf ich mir extra noch kaufen, dass ich einmal endlich mit da kann und nicht wegen dem Busenfaktor ausscheiden. Was? Was? Herr Grandball verstehe ich nicht, aber mir ist über 64 Monate. Und die andere Liste ist so lang, dass ich die da nicht finde. Das tut mir leid, wenn ich die übersehen habe. Das tut mir wirklich leid. Ich habe wahrscheinlich mehrere Leute übersehen. Vor allem jetzt in meinem stundenlangen Monolog über mein eigenes Spiel und vorher in dem anderen Spiel, wo ich mich hinterher nicht auskennt habe. Kuss auf die Nuss, Leute, Dankeschön. Ja, are we there yet? Kim vielleicht wieder. Kann man vielleicht schon mehr ausbergeln. Oh, der Golem. Großes Dankeschön auch an den Golem. Der hat sehr viele wichtige Sachen gefunden und bemängelt. Da hat er großes Lob an den Golem. Press F für den Golem. Da muss ich widersprechen. Ich kann mir nicht merken, welchen Level meine Gebäude in den jeweiligen Kolonien haben. Dafür sind das zu viele. Ja, früher, vor der Optik-Revamp und so weiter, hat man es anhand des Gebäudebildes noch gesehen. Aber 30 Gebäudebilder pro Gebäude ist ein bisschen heftig. Aber gut, ja, dann machen wir es folgendermaßen. Wenn ihr eine Vorschläge habt, ihr könnt das jederzeit irgendwo hinschreiben. Es gibt wahrscheinlich, ich werde nicht auf jetzt reagieren können, da kriege ich einen Vogel. Am allerbesten entweder das Zeug sammeln oder schnell in den Discord, ich habe einen extra NX-Schmerz-Channel oder einfach da in den Chat vom Spiel selber. Ich werde es lesen. Wenn es was Sinnvolles ist, werde ich es sogar notieren. Wenn es was richtig Sinnvolles ist, da wo ich sage, ja, das kann man schnell machen, das geht relativ einfach, bla bla bla. Maushofer-Tooltip fürs Level vom Gebäude? Ja, das gibt's da. Ich kann das bald nicht noch größer zoomen, weil sonst da hier. Also du siehst die Stufen natürlich da steht bei mir überall 30. Weil meine Gebäude natürlich alle komplett ausgebaut sind. Aber wenn ich gehe mal in eine kleine Kolonie, hier Hauptquartier, Stufe 6, Kaserne 2, Rohstofffabrik 30, Kraftwerk 9, bauen wir das mehr aus, blub, mehr Energie, Netzwerk auch, bauen wir auch mehr aus, blub, passt schon, Hauptquartier haben wir auch schon lange nicht mehr ausgebaut und. Waffenfabrik, hier hingeschissen, haben wir da noch irgendwas? Nein. Tech-Center kann ich noch nicht bauen. Warum nicht? Kaserne Stufe 3 notwendig. Gut, wo ist Kaserne? Da ist Kaserne. Die baut nicht gerade aus. Genau. Jetzt Gebäude wieder mit jeder Stufe ein Stück stärker. Du kriegst mehr Truppenslots, mehr Bauslots, mehr was auch immer das Gebäude kann und so weiter. Am Telefon geht das nicht, da musst du immer draufklicken. Das stimmt. Das muss ich leider Gottes jetzt so gnadenlos sagen, wie es ist. Dass das Ding überhaupt am Handy so spielbar ist, wie es ist, hat mir so viel Zeit und Nerven gekostet, du hast keine Vorstellung. Ich wiederhole, du hast keine Vorstellung. Wenn wir noch andere Webdevs da haben, die haben vielleicht eine Vorstellung davon. Wenn du eine Internetseite nur für den PC machst und dann von null weg für Mobile optimierst, ohne dass du es neu machst. Viel Spaß. Da kann man sich auch noch eine Sache ausdenken. Vielleicht kann man allgemein eine kleine Stufenzahl am Handy anzeigen lassen, ohne dass man Harvard, wie auch immer. Aber das sind so lauter kleine Stückerl. Das Ding immer besser machen, immer verständlicher machen, immer schöner ausschauen lassen, besser funktionieren lassen, performanter, sicherer, etc. etc. Das ist eine unendliche Aufgabe. Eine unendliche Aufgabe ist das. Und manche Sachen dauern auch ein bisschen. Ja. Kann man nicht heute noch über WoW reden? Ich muss am Mittwoch mit Abwesenheit glänzen. Leider nicht. Ich glaube, das Bier ist schon kocht vor lauter Sauwut. Wird Werbung da existieren? Nope. Nein. Das Einzige, wo ich mal überlegt habe, das war früher mal so. Ich habe da einen zweiten Reiter im Shop gehabt, den es nicht gegeben hat, den Shop, sondern da ist einfach nur da gestanden, hey, gibt's umsonst, da ist ein Spendenbutton, das war's. Dass ich da einen zweiten Reiter mache, wo einfach Werbung drin ist und wer lustig ist, kann da reinklicken und dann habe ich was davon. Ja, das ganz klar zu kommunizieren, hier, da kannst du reinklicken, wenn dich da was interessiert, aber die wird sonst nirgendwo gezeigt. Über das habe ich nachgedacht, aber das ist eigentlich Blödsinn. NX-Merch wo? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt. Ich war einer der ersten NX-Spender. Ja, war das richtig, aber 2014 hat es auch schon ein paar gegeben. Nicht viel, aber es hat welche gegeben. Der Gantlerbart schreibt zum Verständnis, ich habe den Resub gemeint zum Thema Community Zock, weil ich bei Arvidary jetzt wegs Busen nicht mit habe dürfen und ausgeschrieben. Ach so!
Ich brauche mehr Kontext, oder das weiß ich natürlich nicht mehr. Das heißt, da hat die Person mit Busen ausgeschubst. Dann kriegst du einen Platz in Raft. Wenn wir das weiterspielen. Und wenn wir das nicht weiterspielen, dann spielen wir Green Hell weiter, dann kriegst du da einen Platz. Ist mir wurscht wo. Du kriegst einen Platz. Herr Grantl, der Rest hat's gehört. Grantler Bord, ein Slot ist voll, 2 weitere Slots haben Platz. Am Flaschen muss ich noch fragen, ich weiß nicht, ob das, es ist kein Spiel für ihn, glaube ich. Der ist da. Schau hin, sonst mir WoW ist wurscht, weil ab Donnerstag Arena-Season ist, du haben da eine tolle Season, ohne Wipe. Da kann ich drauf scheißen, auf die scheiß Abi-Season. Kann man ein Profilbild hinzufügen? Nein, weil ich mit Sicherheit nicht eine scheiß Profilbild überprüfe, wer dann Pimmel oder sonst irgendeinen Scheiß drin hat. Nein, kann man nicht. Bei einer Sperrung aufgrund eines Regelverstoßes besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von getätigten Käufen. Was für getätigte Käufe? Habe ich doch jetzt gerade lang genug erklärt da. Hier, du hast einen Supporter-Account gekauft. Da, hier, das ist ein Kauf. Das ist ein Kauf. Habe ich doch gerade voll lang erklärt. Herr Terror-Toaster, wieder nicht aufpasst. Was ist da los? Hä? Was ist da los? Herr Terror-Toaster, rechtfertigen Sie sich. Bisschen spät, aber bin im Nachschau-Squad. Herr PvP-Place, hauen Sie sich hinein, merci dir für 2 Monate. Herr Terra-Toaster, oder ist irgendwas unverständlich gewesen oder so? Vielleicht, ich habe früher ein Competitive Clash of Clans gesagt, kann schon sein, dass ich mit reinblühen. Ist das ein Kauf? Sprengende Trottel. Snoozebane schreibt, muss sie halt wegpushen, funktioniert in 1 von 800 Fällen. Ich entschuldige mich auf. Herr Terra-Toaster, akzeptiert. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Nein, ist schön. Fragt, du, ich bin kein Rechtstexter. Das steht wahrscheinlich irgendwo in die AGBs oder in die Spielregeln drin. Natürlich ändert sich dann da einmal ein Stück was und da ändert sich was, dann vergesse ich wieder die Texte da und da anzupassen. Wenn sowas auffällt, einfach hier. Immer, ihr kennt meine Reaktion auf sowas. Mich erinnert es irgendwie an die Stämme. Ja, ist auch sowas. Ist genau das gleiche Prinzip. Die Stämme, Travian, O-Game, Penner-Game, ist vorher mal gefallen. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber das habe ich auch gespielt. Ja, that's it. Birger, du hast mir Abi nicht gesagt, war wie bei Tarkov oder Supermarkt. Also ich hätte es da nicht sagen dürfen, okay. Kali fragt, Frage, wenn ich in der Arbeit per Handy zocke, aber vergessen habe, am Laptop auszuloggen, bin ich dann am Arsch? Na, wieso? Ich werde euch jetzt aber auch keine Anleitung nicht dafür geben, wie ich euch beim Multi-Account erwische. Sicherlich nicht. Kann man dich verklagen wegen dem Spiel oder ist das abgesichert? Nur so wegen Rechtszeit. Also, wenn du irgendwas findest, wie soll ich die Frage jetzt beantworten? Wenn ich natürlich irgendwelche rechtswidrigen Sachen mache, dann kannst du mich natürlich verklagen. Aber wenn du meine AGBs akzeptierst, wo zum Beispiel eben drinsteht, wenn du beim Cheaten erwischt wirst und ich das nachweisen kann, dann wirf ich dir aus dem Spiel aussehen und deine getätigten Käufe sind damit hinfort. Und dann kannst du dich beschweren, was du willst, du hast es per AGBs bestätigt. Was ist Multi-Account? Der Multi-Account ist zum Beispiel ganz simpel, du machst dir 10 Accounts mit 10 verschiedenen E-Mail-Adressen und spielst 10 Accounts gleichzeitig. Das ist ein Multi-Account. Und das ist Cheaten. Ganz einfach. Das Problem haben diese Spiele schon immer. Ich glaube, dass das auch nicht oft vorkommt. Und ja, wir werden sehen. Geil, Sepp. Merci für den Zwickel 26. Habe ich da schon ein gutes neues Jahr gewünscht? Ich weiß nicht. Ich weiß aber dir auch. Ein gutes neues Jahr, Alter. Dann ein besonders gutes. 2026 bleibt mir deiner Wampen gewangelt, dein Bart linorig und dein Grau ist oben noch 20 plus Zentimeter. Oh. Beste Grüß vom McGuy-Buffet und Obi-Landler Kenobi, hallo Thierry. Also Scheiß, dein Blödsinn wird wirklich seit 8 Jahren von Donation zu Donation kaputter und ich weiß nicht. Merci dir. Ein frohes neues Jahr und Dankeschön. Ach ja, AGB, wie oft ich da mit Kunden diskutieren darf. Ja, genau. Und ich tue mir das gar nicht erst da. Da alles AGBs, wenn du nicht lesen kannst, dann kann ich nicht helfen. Hör dein Cheaten auf. Ende des Gesprächs. Was soll das denn? Das haben wir in Vikings gemacht, weil du sonst mit RSS nicht hinterhergekommen bist. Ich weiß jetzt gerade weder, was RSS ist, noch was Vikings ist, aber wahrscheinlich auch so ein Spiel. Was ist eigentlich mit dem Urlaubsreview? Gibt es das noch? Das bin ich auch jetzt. So zerfutzen.
Gute Besserung ist das neue, gutes Neues, ja, stimmt. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir wirklich fake, aber das ist halb 12, es war ein langer Stream. Einen schönen Gruß an den Nachschau-Squad. Ab in die Kommentare, wer sich die 3,5 Stunden Stream jetzt wirklich reingezogen hat. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit Green Hell. Da werden wir hinten nachher nicht nochmal so viel schmerzen, aber ich hoffe, dass ein zahlreiches Erscheinen am Freitag dann stattfindet, wenn das Spiel losgeht. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht ist er einfach sofort kaputt und wir müssen es einfach mal nur um eine Woche verschieben. Kann auch passieren, was weiß ich schon. Wir werden sehen, da hauen wir jetzt einfach mal rein und dann schauen wir, was passiert. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die ganzen Resubs. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Mücke, 20 Uhr. Da reden wir dann auch nochmal über WoW. Da reden wir dann auch nochmal über Sauerkraut und vielleicht schaue ich mir das auch morgen mal ein bisschen an. Wenn ich Zeit habe. Ich muss jetzt das Spiel wipen und herrichten bis Freitag. Das wird noch mehr ein Batzen Arbeit, aber dann müsste es eigentlich passen. Ja. Warum kann ich per Handy und Fernseher Daumen nach oben geben auf einen Account? Ich glaube, dass das gelungen ist. Ich glaube, das sollte eigentlich normal nicht gehen. Aber jetzt lese ich nichts mehr, jetzt mache ich nicht mehr. Jetzt gehen wir ins Bett. Freunde der Sonne, ich wünsche euch was. Vielen Dank. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr und können wir da dann auch nochmal schmerzen. Kruzifix, es ist 2026. Um kurz nochmal zu verinnerlichen, wie alt das wir sind. Ich habe mir am Wochenende Infinity War und Endgame angeschaut. Kennt jeder da herin. Keiner braucht mir verzeihen, dass er nicht weiß, was Infinity War und Endgame ist. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass Iron Man 1 18 Jahre alt ist. Und damit viel Spaß. Ja, 18. Hast du schon richtig gehört? 18. Das ist von 2008. Gehen wir ins Bett. Ich wünsche euch was. 2008. Aber 2026 verabschieden wir uns nur mit Dingen auf dem Kopf. Aber